Oh, easy. Was ist denn das hier schon wieder? Das habe ich auch noch nie gesehen, wie blöd man sein muss. Jetzt ist wieder fast mein Account gesperrt. Oh Gott. Jetzt ist das Handy so zwischen unter dem Schrank da drin, weißt du, und ich denke mal, weil das Ladekabel gerade dran ist, ja, schreiben wir halt da das Hello All. Hello all. Und bis ich da reingekommen bin, dachte ich mir, ach du heilige Scheiße. Tamid, you know what we seek. Speak while I keep watch. Ja, ist halt. So. Ich musste ja so dermaßen die letzten Stunden lachen, dass ich mir gedacht habe, ich tue mir jetzt mal das mit dem Kopfhörer an. Erstmal willkommen und hallo wieder zurück zu diesem komischen The Elder Scrolls Online. Episode 53. Ich mach jetzt das ab. Jetzt halt mal die Klappe da. Ich kann nicht mal... Reg mich schon wieder auf, krieg schon wieder hier Punkte, weißt? Ah. Jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Schau, wie ich das fertig mache. Wie ich das schon wieder kranklos fertig mache. Ich bin noch nicht mal im Spiel drin. Ich bin, weißt, das ist so, genau, ja, jetzt weiß ich auch, worum der gegangen ist. Karl Lauterbach. Nicht da, ja, wissen Sie, rote Kaffee oder so. Bin jetzt seit 3 Stunden schon wieder wach, nachdem ich knapp 10 Stunden das Spiel hier gelivestreamt habe. Gott, ich hasse es, wenn ich auf Deutsch rede. Das ist so Katastrophe, Alter. Gerade wenn man sich dann auch noch selber sein Geballere geblasen. Ich hoffe überhaupt. Ach scheiße, ich habe ja schon gehört, dass ich mich hören kann, dass das Mikrofon an ist und so. Puh, muss mich zusammenreißen, nicht dass mir das Blut mir aus der Nase rausspritzt vor lauter Blödheit. Ich hab nicht mal nachdenken müssen, es läuft einfach so, der Scheiße. Es kommt einfach irgendein Blödsinn einfach raus. Bin aufgestanden und hab gleich husten müssen. Ja, wer nimmt denn auch Rumkugeln mit zu seinem Bett? Ist ja klar, dass die ganze Büchse leer ist. Das waren meine 4 Stunden Schlaf, by the way. 3 Stunden schlafen, glaube ich, 1 Stunde lang Blödsinn in YouTube angeschaut. Wir werden jetzt hier das einfach versuchen. Ich will das nicht weiter kommentieren, was hier alles passiert. Das ist meistens auch besser so. Ist fraglich, ob ich die Katze jetzt gerade im Hintergrund sehe oder ob das jetzt nur Hirngespinst ist. Das ist das nächste. Habe ich alles schon eingegeben? So kenne ich mich ja gar nicht. Was ist denn hier los? Also mein Vorhaben ist da irgendwie nach Cold Harbor zu gehen und da ein bisschen rumzuschmacken und das, um die Trophäe zu bekommen. Eine einfache Trophäe eigentlich. Da ich weiß, dass Cold Harbor ziemlich fettkrass am Arsch ist. Habe schon ein bisschen was. Ich sehe doch wirklich die Katze da hinten, oder? Bilde ich mir das jetzt wirklich ein? Ja, manchmal, da komme ich mir... Ich war heute auch schon in diesen wunderhaften 5 Stunden, wo ich jetzt schon wach bin. 7 Stunden, wo ich jetzt schon... Moment. Seit 7 Stunden war der letzte Livestream. Diese 5 Stunden angeblichen Schlaf, den ich nur 3 Stunden hatte, aber 4 davon genutzt habe, oder was, wie auch immer das nochmal war. Ich bringe mich jetzt selber schon durcheinander. Habe ich in diesen 2 Stunden, die noch übrig bleiben von den 7 Stunden, haben wir es jetzt bald? Oh Mann. Habe ich ein bisschen Forschung betrieben, Nachrichten geschaut und ja, Müll ein bisschen entleert und eine Bestellung abgegeben und gemerkt, also Amazon Prime läuft bei mir aus, zahle jetzt keine 90 Euro mehr, dachte erst, das ist ein Spam, dann zweitens, ich habe Legends Unite erstmal alles soweit präpariert, damit unser Stream, vielleicht nach dem Stream hier, oder vielleicht morgen erst,
Hat jetzt einen Tag gedauert, seit einem Tag. Das letzte Mal, wo wir Rennspiel gespielt haben, das war vor über einem Tag. Und 2 Stunden, besser gesagt 1 Tag und 2 Stunden, das war KX. Also eigentlich vor exakt 24 Stunden habe ich aufgehört, dieses Spiel zu spielen. Und seitdem riecht's hier wieder. Also es braucht immer 1 Tag, und ich hatte zweimal Asphalt hatte ich, Legends Asphalt. Also das waren 8 Stunden, glaube ich, insgesamt Rauchen. Es braucht diese 8 Stunden, 1 Tag, damit mein Raum wieder einigermaßen in Ordnung ist, dass nichts mehr riecht, und das ist krass, wie schnell das geht. Aber ich muss auch sagen, die Zeit geht auch schnell rum. Ich habe gelesen, dass ich dieses Spiel hier, also alleine dieses Spiel hier, Moment, machen wir gleich mal, seit fast 2 Monaten spiele. Ich dachte seit einem Monat erst. Alter, das fällt überhaupt nicht auf. Ich war arbeiten, kam zurück, hab's Wochenende gut genutzt. Dann hatte ich mal eine Woche frei, im November war das, wo ich zum Zahnarzt musste, 2-mal in der Woche. Wo ich dann auch gesehen habe, hey Alter, du hast die Hackschnitzelanlage nicht aufgeschrieben, und das hat mein Arbeitskollege gemacht, mein Bauleiter besser gesagt, weil ich ihn angerufen habe. So, ich komme heute nicht rüber, Alter, da zieht's zu sehr und Zahnschmerzen und das mit der Wurzelbehandlung und bla bla bla. Das sehen die ja nicht, oder? Hoffentlich nicht. Genau, passt. Wir sind jetzt hier knapp bei 255, na was habe ich damals gesagt? 255? Eigentlich 254, aber ich habe 255 gesagt. 255 Stunden bin ich schon in dem Spiel. Das ist übrigens eine schöne Zahl. Die Japaner nutzen das für so Unendlichzeichen. Asphalt Legends Unite. Also ich bin jetzt so weit gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache mir jetzt mal schnell einen Plan für den nächsten Livestream, weil morgen muss ich wieder arbeiten, ganz kurz mal. Und das kann jetzt heute passieren oder auch nicht. Das Problem ist, mein Headset ist jetzt gerade an, und wenn ich 10 Stunden natürlich Livestream, dann wird höchstwahrscheinlich auch das Headset sagen, leck mich am Arsch, geht nix. Aber ich glaube, nach 10 Stunden werde ich mich hier erst für eine Stunde mal schlafen legen, und dann ist das wieder aufgeladen. Oder es wird ein kurzes Ding, weil ich vielleicht einfach eine Cold Harbor mache. Noch Service Wall actually seine Side Mission, oder besser gesagt seine Main Mission von meinem Companion. Das ist es eigentlich. Essen ist schon vorbereitet. Machen wir Cold Harbor, machen wir das. Dann gehen wir eben zu dem anderen, zu dem Legends Unite Stuff da, dem Asphalt da. Weil da habe ich echt was Gutes vor. Zieht voll rein, also ich habe nachkalkuliert, nachgerechnet. Ich habe auch bei CarX habe ich mich ein bisschen informiert, wie es da weitergeht. Ganz schön eigentlich. Ja, jetzt hocke ich hier mit Kaffee und Tee, und da ist sogar noch eine Dose Cola und ein bisschen Essen. Von gestern oder heute früh, eigentlich von heute früh, kann man sagen. Ja, rede schon viel erkennen, ne? Jetzt sind wir noch gefroren. Heilige Scheiße, eine Stunde alt. Was frieren die das ein? Mit gefrorenem Stickstoff, der noch inklusive in der Nahrung selbst drin ist. Der macht dann erst auf, wenn du dann ausfrieren möchtest oder das auffrieren möchtest, dann macht der dann nochmal auf, oder? Oh. Das ist eine gute Idee eigentlich. Und wie kann man Stickstoff frieren? In der Spielerwelt wird's gehen, oder? Das nicht aufschmelzende Eis, oder wie das heißt. Ach, was ist nicht. So, normalerweise hasse ich es, in diesen Spielen das Headset anzuhaben. Das ist schon mal, das muss ich gleich jetzt mal hier loswerden, weil ich werde sehr schnell aggressiv. Das habe ich gestern gemerkt. 9 Stunden gespielt oder 10 Stunden gespielt, und von diesen 10 Stunden waren 9 Stunden in Ordnung. Die letzte halbe Stunde oder so war ich schon aggro. Ja. Das ist dann meistens entweder, wenn irgendwie der eigene Companion oder wenn du dich irgendwo selber aufhängst, kommst nicht mehr raus oder schwimmst gerade rum. Diese Tanten, Alter, werfen ihre Magie dann hinter dir her, und du kannst dich ja nicht wehren. Also, was soll die, ne? Wenn sie nur fliegen könnte übers Wasser, manchmal, das regt mich auf, diese Kämpfe, ohne Scheiß. Es ist viel zu viel, es ist viel zu viel. Ich gehe 1 Meter weiter und schon kommt der nächste Kampf. Sobald der Kampf vorbei ist, drehe ich mich um. Sind in diesen 2 Meter Entfernung, wo ich gerade eben das erste Mal gekämpft habe, von den 2 Kämpfen, sind die anderen schon wieder da. Ja. Nervt. So. Gut. 10 Minuten Nonsens. Sobald ich mich umdrehe und eine Mission geschafft habe, sind 3 Stunden rum. Und das merkt man nicht mal. Deswegen 255 Stunden, total realisierbar, dass ich das schon 2 Monate spiele. Keine Ahnung. Ich habe sogar im Kalender alles nachgeblättert, wo ich gemerkt habe, oh, passt irgendwie nicht mit dem Arbeitskalender zusammen. Da waren 2 Hackschnitzel-Termine, waren irgendwie nicht eingetragen. Und so bin ich halt drauf gekommen, schauen wir mal ein bisschen wirtschaftlich hier, bürokratisch hier alles mögliche nach und machen wir ein bisschen, gehen wir da ein bisschen vorwärts. Sortieren halt, den ganzen Müll halt. So,
schreiben wir denn heute? Ah. So. Die Katze hat ihr Tonstudio oder was ist da hinten los? Afternoon on. So we can go right now. I'm not sure. No, shut the hell up. Ist nicht notwendig. Okay, spielt keine Rolle. Wir können gleich Cold Harbor gehen, weil sie ist nicht weit weg von irgendetwas, das sich hier der Wegschrein nennt. Ja. Ich wollte eigentlich noch wissen, wie das Zeug schaut. Was ist denn mit dieser Katze los? Ist das ihre Katze oder? Ja, stimmt da irgendwas? Die mächtige Gespinst oder so. 44. Ja, in Ordnung. Was mit dem Pferdeeintreiber wollte ich schon. Moment. Was sagt? 13 Stunden. Und diese Auffrischung mit IP-Fortschritt ist auch schon wieder vor. Das ist brutal. Ich weiß nicht, wie ich den Rang erreicht habe, den zweiten Rang. Wie ist denn sowas überhaupt möglich? Ich mache ja nur Missionen, aber da war niemals die Allianz dabei oder so. Oh, die Kaiserlichen, ne? Die sind hier in dem Spiel richtige Arschlöcher. Muss ich doch ehrlich mal sagen. Immer wieder, wenn ich dem begegne oder was, muss ich sie niederschlachten. Gibt nie irgendwie, wir kämpfen mal miteinander. Stehen. Sag mal, hast du einen Stand jetzt hier oder was? Oh, how sweet to see this little Dein spirit Leben cat als again. Mondjägerin oder We should keep wie this das nochmal reunion hieß. brief, Walker. Ich lass dich The ja schon reden. Inquisitors see you as the cause of the Rajoska outbreak. They have forbidden all contact. At the urging of High Cantor Viti, perhaps. She Okay. did? And you suspect a trap? The Viti that Verarsch mich served jetzt as schon, my oder? mentor would Du never hast dir lure jetzt einen someone in Stand like that. aufgemacht? Even someone Was she considered stimmt an mit dir enemy. nicht? But things have certainly changed in our time apart. Where did she suggest Pollitt? The town just west of here? Listen, Inquisitors are not known for their subtlety. If this meeting is really a trap, their presence would not be difficult to spot. I suggest you ask around Pollitt and see what people are talking about. I would accompany you to Pollitt if I could, but I should keep my distance. It will only spell trouble if we're spotted together by the Inquisitors. In the meantime, oh, High Cantor. Such titles these Inquisitors inflicted upon us. BT always said it didn't matter what they called us, or what fancy uniforms they made us wear. She said we were all facing the same enemy, so we had to work together. Just so. She is not used to others standing up to her like that. I would have myself, but I never had reason to, until Sereth came along. Viti has a good heart, Walker. It saddens me to see her let us go by the Inquisitors. Echt, zur Zeit passe ich auf, dass ich kein Nasenbluten kriege. Ich weiß nicht, warum das immer passiert. Gut, ich habe hohen Blutdruck, aber der ist eigentlich immer gleichbleibend. Oder geht sogar auch meistens runter. Ich bin gestern aufgestanden, ja heute früh glaube ich oder so. Gestern Abend war das natürlich um 7. Ich bin aufgestanden, nur gut, ich hatte 3 Livestreams hintereinander, nicht exakt immer hintereinander, weil ich hatte nebenbei, habe ich auch noch dieses Wulong gespielt. Offline natürlich, weil mir das Spiel so dermaßen eigentlich gefällt. Aber es ist viel zu schwer für mich. Also ich muss ehrlich sagen, Wulong ist eine Nummer zu hoch für mich. Es gibt viele Spiele, wo ich echt sage, okay, ich stirb hier und da, aber ich komme dann drüber weg. Aber das Spiel, jeder Kampf ist das ist so sinnlos. So, also habe ich angefangen zu cheaten. Kann man natürlich nicht live machen. Wenn ich es live machen würde, dann glaube ich, hätte Sony mit mir ein Problem. Deswegen habe ich das Sony X Entertainment Logo da, sag ich mal, weggenommen und habe das einfach mal so hochgeladen. Somit kriegst du auch keinen Ärger und wirst auch nicht gebannt bei der Konsole. Und keine Ahnung, einfach bloß. Das hier mal sehen, verdammt nochmal, okay, es macht auch so Spaß. Aber, muss ich ehrlich sagen, auch mit Cheats ist es sauschwer. Was verteidigen, was du willst, auch wenn du nicht stirbst oder so. Es ist sehr nervig schwierig. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Leute schon... Ich habe schon viele Controller zerstört, sagen wir es mal so. Ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile beim 67. Controller seit 2013 auf der PlayStation 4. Das war's eigentlich. Ich glaube, 2 Headsets. Ja, es waren 3 Headsets. Ich glaube, es waren 3 Headsets sogar. Weil die billige Version damals, einmal bin ich nämlich draufgetreten, das war nicht meine Schuld, aber 2 habe ich definitiv zerstört.
Und, na, nee, was ist sonst noch in die Brüche gegangen? Nix eigentlich. PlayStation 3 war wild, ja. Da habe ich die 9. PlayStation 3. Ja, seit 2000 bis 2015, weil da habe ich dann aufgehört. Also seit 10 Jahren zocke ich keine PlayStation 3 mehr. What the fuck? Das ist echt, wo ich mir sage, Alter, du hast die ganze Zeit PlayStation, nicht Premium, das habe ich erst seit ein paar Jahren. Ich bin sowieso mit den Preisen. Wir bekommen nicht mal die Hälfte von dem, was die PlayStation 5 bekommt. Die kriegen Originalspiele in den Arsch geschoben, auf gut Deutsch, für 120 Euro, wo wir gerade mal Spiele bekommen von, keine Ahnung, 30 Euro wert. Und das sind solche Kinderspiele, die man... Moment, da kommt jemand. Ah ja, jetzt Faxnachricht, ich sollte meine Klappe halten. Scherz. Hier schon mal einen ganz anderen Gestank angenommen. Ja. Aber, nee. Es muss, also, dieses Wulong, vergiss es. Das ist, also kann man nur, wo ich mir selbst wenn man selbst bisschen, sag ich mal, schummelt in dem Spiel, selbst dann wird's irgendwann, wo man sagt, nee, also, sorry, irgendwie, wer hat das Spiel gemacht? Das waren doch keine Japaner, oder? Das waren doch irgendwelche Leute, die gesagt haben, wir haben die Schnauze voll von den Spielern, Alter, wir machen jetzt mal ein Spiel, dass die Spieler so ärgern, dass sie es überhaupt nicht mehr spielen wollen. Aber Hauptsache wir verlangen 90 Euro sogar, die halber. Das heißt, sind wir jetzt wieder hängen geblieben, verdammte Axt. Ist aber auch halt schwierig. Also ich weiß nicht, was die Grinsi jetzt da... Was machst du hier? Ich muss noch mal kurz aussteigen hier. Das ist jetzt ihr Laden, oder was? Was ist mit der los? Oh, ist ein Scherz, oder? Was ist jetzt los? Oh, what the fuck? Ich glaube, das Spiel spinnt. Oh, ich wollte nicht auf den Arsch schauen, ich wollte eigentlich auf die Katze. What the fuck? Wie... Ist das ihre Katze? Ah, jetzt sehe ich eine Sequenz. What the hell? Was ist schon wieder los? What the hell? Okay, die Katze habe ich mir definitiv schon noch nicht eingebildet. Scherz. Aber, also, gerade noch in so einem Schrein drin. Ach, da ist ja der ist ja das Ding. Das sind schon richtig. Nicht wirklich. Nee, das ist kein Schrein. Doch, das ist der. Das ist schon der Schrein, ne? Was macht sie da bei dem Sch... Sehr verwirrend. Okay, wir hauen ab. Wir lassen das jetzt einfach mal hier stehen und sitzen. Die Mission machen wir später. Ich möchte jetzt auf Cold Harbor gehen und möchte jetzt aber diese ganzen Sachen abschließen, dass ich mal die eine Bronze-Trophäe mal machen kann. Wo ich nicht wusste, dass es eine gibt dafür. Und ich glaube, da haben wir bei Cold Harbor, denke ich, wird schwierig werden. Ich denke, Cold Harbor ist so ein Ding, wo man sagt, vergiss es. Wird nicht einfach. Hier ist es noch. Können wir später dann noch. Soll ich mal... Oh. Das ist wurscht. Dude, und ich habe gelesen, ich habe mich informiert, die letzten, wie gesagt, die 2 Stunden, wo ich jetzt gerade hier informativ unterwegs war, von dem Spiel, von Wulong, von KXDRO, Asphalt Legends Unite habe ich nebenbei vorprogrammiert, dass ich sage, ich gehe rein, ich mache mein Zeug, ich habe einen Zettel geschrieben, was wir machen, wird ein schöner Livestream. Ob das heute noch wird, nach dem Livestream sofort. Saufen und Rauchen hätte ich richtig Bock drauf. Ohne Scheiß, also ich muss sagen, schon wieder nach einem Tag hätte ich wieder Bock. Ich habe wieder abgenommen, wieder zugenommen, wieder abgenommen, wieder Dünnschiss. Also es geht jeden Tag so. Wenn man Freizeit hat, dann sagt man sich, hey, wie geht's ab? Und es ist so eine Freizeit, die ich nutze. Und so ist mir aufgefallen, hey, ich habe gestern die Hackschnitzel aufgefüllt in der Früh. Und das stand nicht mal drin. Das stand nicht mal im System drin. What the fuck? Und ich habe es ins System gestern eingegeben per Handy. Bevor ich einen Anruf gemacht habe. Bevor ich dann den Livestream mit CarX hatte. Wortwörtlich am Nachmittag gestern. Es ist jetzt 24 Stunden her. Die Zeit. Weg. Schaust du YouTube, machst eine Playlist, speicherst es ab. Vorgestern war es mit die Bodybuilder oder so, oder war das vor 3 Tagen. Die Zeit rumpelt einfach weg. Das ist unglaublich. Heute ist das 27. 28. schon. Alter, am 24. habe ich zu mir selber gesagt, am 25. mache ich erst jetzt ein Paket auf. Das Paket ist heute noch nicht geöffnet. Zu meiner Mom. Der Chef hat mir auch so ein Ding gegeben, so ein Schrieb, aber ich weiß nicht, werden wieder die 500 drin sein und habe ich heute noch nicht aufgemacht. Wollte ich vorher machen, dachte ich mir, scheiß an, tu Staubkehren und das und wischen, so wollte ich sagen, und habe ich halt das gemacht. In 2 Stunden, so geht einiges, aber jetzt will ich sagen, es sind 20 Minuten rumgegangen, ich habe nichts gemacht. Nichts, wirklich gar nichts außer gequatscht. Keine Ahnung. I feel good. Good. So first up, Cold Harbor, we are coming up. Mein Gott.
Is that ready or not? Ach du heilige Scheiße. Oh, it's actually only 3 dungeons. What's it called? These dungeons? Or... Hold on. Delve. What's a delve? Halt da, irgendwas halt, Gewölbe. Ach, Gewölbe. Ach, deswegen kann ich Delve. Das macht Sinn. Habe ich nie gelernt, aber macht Sinn für mich. Gewölbe, Delve, alles cool, habe ich mir gemerkt. Eselsbrücke, wisst ihr Bescheid. 3 Gewölbe noch. Okay. Und die sind so beschissen, aber auch wieder gelegen. Okay, da kann ich durchrumpeln. Bin da. Hier sind wir auch gleich da. Aber... Oh, so weit weg. Und ich weiß, was da los ist. Und dann haben wir's. Dann haben wir eine Bronze-Trophäe. Ha! Easy peasy. Aber da möchte ich noch eins machen. Und zwar... Oh Gott, wo ist denn das nächste? Von unseren Missionen abgesehen. Oh, eigentlich da hinten. Okay. Ist das noch die Höhe? Ja, dann reise ich doch von da oben her. Eigentlich egal. Hier soll angeblich Mike sein. Ha! Ja dann. Machen wir das auch gleich mit. Oder ich habe jetzt so ein Ding auf, ne? Wie nennt sich das? Mütze oder so. Ich kenne nur das Wort Kappe oder Cap. Scherz. Ich höre die Uhrzeit. Klick, klick, klick. Da ist eine Bombe hinter meinem Studio irgendwo befestigt. Muss das Ball hochgehen oder was? Das ist dasselbe, wenn ich im Bett liege und ich wiege da 10 Meter im Bett. Ich höre die Uhr von 10 Meter Entfernung, die VW-Uhr. Klick, klick, klick. Und wenn die Katze Pau auch nicht gerade, also ich nenne die einfach Namen, das sind meine Maskottchens, jetzt mittlerweile sind schon 3. Ist jetzt auch Bestandteil, die Katze. Und ich sag nur so, dass wenn die da immer dann ihre Klick, 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 ihr Händchen da immer wieder auf und ab tun, oh meine Fresse. Und du wachst in der Früh dann auf, bevor du entweder in die Arbeit musst oder am Wochenende, meistens Sonntag ist das meistens. Und ich habe keine Zeit mehr. Ich kann auch um 7 Uhr am Abend aufwachen und mir denken, wow, es ist 7 Uhr früh schon wieder. Dann steht da wirklich da PM. Was habe ich denn wieder für eine Scheiße gebaut? Es ist jetzt Abend, wir haben noch 12 Stunden. Das ist natürlich, ich sage, krass. Aber, wie ich schon sagte, ne, kann der Schuss nach hinten losgehen. Dann höre ich das die ganze Zeit, klick, 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 klick. Alter, was habe ich gemacht, dass ich so böse war, dass sie mir eine Bombe gesendet haben oder so. Irgendwie so ein Scheiß. Alter, überhaupt keiner von denen heute drin, oder was? Ich muss gerade schauen wegen dem Mikrofon, ob das nicht ein bisschen zu laut ist, weil irgendwie schauen keine Leute zu. Normal schauen Leute zu, aber irgendwie schaut auch keiner zu und heute will auch keiner mehr und ich habe auch irgendwie die Schnauze, so bin ich dann wieder ver... Guten Morgen und liebe Leute und welcome back to the Livestream. Hallo? Achso, da bin ich doch gar nicht. Passt perfekt. Kaum habe ich das Headset, das war eigentlich das, was ich vorher reden wollte. Kaum habe ich das Headset auf, muss ich ständig schneuzen, mich juckt es überall. Das Headset, das ist, sag ich mal, verseucht von meinem Rauchen. Wow, was ist jetzt los, Junge? Ich habe keine Meter, aber was willst du von mir? Ich bin 1 Meter... Für was hast du mich jetzt? Let us follow Cantor Crimsey's wisdom. Ja, jetzt machen wir erstmal was anderes. Junge, für was hast du mich denn jetzt auf einmal? Jetzt gehe ich einen Schritt, Alter. Beziehung ist voll im Arsch. Find, Tamid. Oh, cool. Ganz vergessen. Oh, so schnell kommen wir hier nicht mehr raus. Ich glaube jetzt auch, warum hier die ganzen Leute nicht mehr weg wollen vom kalten Hafen, wollte ich schon sagen. Vom Cold Harbor. Ich sage jetzt einfach mal so. Dass ich doch was Falsches sage. Hier steht Einrichtung. Ach. Nerd. Aber hier ist einiges verfügbar und ich mag Beute. Schau mal, wo die Sachen sind. Ich drück doch immer wieder das Falsche. Sei egal. Also verbinden sie sich sogar selber. Angerufene Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar.
Bitte versuchen Sie es auf der nächsten Grabstätte wieder. Oder beim nächsten Friedhof, also beim nächsten Beginn eines Friedhofes. Aber richtig bekloppt, wenn man sich selber nicht mehr hört. Und das ist so ein dumpfes, dämliches Gefühl. Und wenn man dann die ganze Zeit nur Englisch redet, dann übersetzt man die eigene deutsche Sprache irgendwie so komisch. Der Wortbau passt nicht mehr zusammen und da wird man bekloppt im Schädel. Sobald man in der Arbeit ist das was anderes, weil da entweder schafft man an oder es wird angeschafft oder so und man macht halt sein Ding und man quatscht halt ganz kurz mal drüber oder so oder macht mal Pause und sauft wieder und raucht und eine Minute später arbeitet man wieder und dann 5 Minuten später wieder raucht und sauft. Jetzt wundert ich mich auch, wo ich keine Ausdauer eigentlich. Schlimmste ist Abend, wenn ich voll gefressen bin. Heute geht's. Ist noch die Schüssel vor mir und eigentlich taugt gerade noch was auf. Musste ein bisschen Platz machen, hab ein bisschen die Datum angeschaut in der Frühtruhe und den Scheiß. Dachte mir, hey, Fischtag, wow, Fisch, hier, Fisch da, Fischnudeln habe ich hier. Brutal. Also ich weiß eigentlich schon, was ich in ungefähr 12 Stunden essen werde, weil bis es auftaucht, dauert 3 Stunden, weil die sind so hart dermaßen. Und es steht extra drauf, bis zu 100 Tage kann man das im Gefrierschrank liegen lassen. Jetzt steht da drauf 27. Das sind ja über 356 Tage, 65 Tage. Warum steht da drauf 100 Tage und steht drauf 3.1.2027 auf dem Paket? Ich dachte, das hole ich jetzt aus, weil im Internet steht 100 Tage und das unter der Seite, wo ich es gekauft habe. What the fuck? Könnt ihr selber nicht irgendwie? Oder ich weiß nicht, ja, Maschine, ne? Ich dachte, hol's raus, scheißegal. Bestellung kommt nächste Woche, scheißegal, ich brauch Platz. Weil Pizzen für 1,29 € oder was, alle kriegst du nicht überall. Also dachte ich mir, 12 Pizzen, die bestellen wir. Und was war das andere nochmal? Chicken McNuggets statt 5,49 € bei 500 Gramm war 2,25 € oder so. 2,23 €, 50 oder sowas. Sondermarkt haben wir auch mitbestellt, 10 Backel, scheißegal, brauch Platz. Und so bin ich drauf gekommen. Okay, weiter geht's. Oh, 3 Tage noch. Schick dich, Junge. 3 Tage sind schneller rum, als du denkst. Boah, schon wieder Silvester, ey. Genau. Oh, ist wirklich so. 3 Tage Silvester. Heilige Scheiße. Dann ein paar Tagen drauf, Alter, geht die Arbeit wieder los. Jedes Jahr als Maurer. Ich muss zusagen, das ist ab 7. oder 8. wurde immer angefangen zu arbeiten. Da heißt es immer, im Januar bleiben wir zu Hause. Da will ich selber von euch nichts mehr sehen. Ja, einen Scheißdreck. Ich weiß 100%, dass es am 12. sowieso weitergeht. Das ist ein Montag, glaube ich, ist das. Da wird isoliert und da wird der Putz noch runtergeschlagen auf der einen Baustelle. Und sobald wir 2 Tage später oder 3 Tage später fertig sind, ich muss am 14. glaube ich zum Zahnarzt, Zahnreinigung. 100%ig, Alter, dass das am Mittwoch, Donnerstag heißt, kommt nächste Woche auf, machen wir gleich weiter. Ja, dann ohne Scheiß, dann ist der nicht da, Die kommt dann erst am 1. April wieder. Wo dann ich sage jetzt keine Namen, ein anderer Arbeitskollege, der gern unterwegs ist, aber auch nur, weil er das Geld braucht, sag ich jetzt mal in der Hinsicht, weil er Kinder hat. Dann der andere so in Richtung, weil es ihm vielleicht langweilig wird zu Hause. Das war's. Mehr kommt da nicht. Der Lehrbur, der fängt seine Lehre jetzt an und keine Ahnung. Ist meistens dann erstmal im Lager im Januar. Das war's. Und die anderen 2 bleiben einfach zu Hause. Das sind ja nicht mehr viel. Scheiße, ja. Aber wobei, eigentlich ist nur einer, der zu Hause bleibt bis April, weil der andere der malert. Okay, das ist was anderes. Oh, that's nice. See, we already got that one. Kalthafen. Vorher gerade gesagt, Cold. Dass ihr da immer so am Holz rumkratzt und so, aber bist du nicht alt genug, dass du sagst, das ist nicht mehr so dein Ding? Steht ja da vor dem Pfosten, Alter. Was ist Moment. Gibt so eine Situation, ich weiß nicht, was war das, Mad TV oder so, wo die sich immer näher kommen und wenn sie dann schon auf der Nasenspitze waren, haben sie ihre Hände gehoben. Und auf einmal stehen sie eigentlich nur noch Rücken zu Rücken und keiner weiß so recht, wie das funktioniert hat, weil die haben dann Hände über Hände getan und sind so nah gekommen, dass sie sich mit der Nase schon angestupst haben und dann auf einmal waren die Rücken an Rücken und dann haben sie sich umgedreht, haben sich selber gefragt und naja, auch egal. Nee, der genießt seine Musik, der genießt seine Leben. Wolfgang Petri? Günter Gabriel? Alter, was ist denn mit dir passiert, Junge? Warst du nicht mal auf dem Schiff irgendwo oder so? Oder hier ist was schief gegangen, Alter. Mir bringt auch sowas mit, Alter, wenn ich dann... Armbandsänger. Okay. Ich quatsch schon wieder zu viel. Das ist mein Problem, ich kann mich nicht fokussieren, wenn da so Ding läuft, Mikrofon oder so. Warte mal, hier kann ich sehen, wie viel ich gerade online, also wie viel ich aktiv habe. Nicht, dass ich zu viel mache. Oh. Bankkodai habe ich nur 1. Oh scheiße, ich bin einfach weggegangen.
glaube maximal 5 dürfen wir haben oder so. Ich dachte halt, oh scheiße, ist doch geil, oder? Wenn die golden werden, dann heißt sie auf einmal Einrichtungsgegenstände. Ich weiß, die grünen, da kriegst du 40 für, die blauen, glaube 100. Und für die kriegst du, glaube ich, 400 oder 500. Da steht hier 5000, Entschuldigung, 1000 ist genau. Für das kriegst du 250, da steht 1000 und da 5000. Und ich dachte, wow, wenn's Gold ist, wow, kriegst du gewiss deine 20.000 oder so. So Gaudi halber. Hochgerechnet, das ist das 5-fache Wert, ne? Also wären es rein theoretisch 20.000 bis 25.000. Gibt's nicht. Für was habe ich den ganzen Müll da investiert? Das Einzige, was ich noch nicht habe, ist dieses knifflig oder kritisch. Oder wie heißt das knifflig? Aber da steht auch wieder nur Einrichtung. Lohnt sich nicht. Außer, dass du dann auflevelst. Aber es ist nur Einrichtungs... Ich will ja Geld verdienen mit dem. Das macht ja so viel Spaß. Und hier steht gefunden. Ja, das sind so... das verstehe ich aber bis jetzt auch noch nicht. So viel habe ich noch nicht gefunden. Man kann Teile suchen. Und diese Teile wiederum... Wird das dann Einrichtungsgegenstand? Oder was ist das dann? Oder eine Waffe vielleicht sogar. Eine uralte. Da ist schade, dass diese goldenen Dinger kein Geld bringen. Boah, ich muss gerade aufstoßen. Kommen mir die Nudeln wieder hoch. Den habe ich eigentlich schon zweimal. Einmal habe ich ihn leider weggeschmissen. Einmal habe ich ihn irgendwo gefunden und einmal habe ich mir gekriegt, dann habe ich mir gleich an die Decke hingebappt. Also, ich habe gestern versucht sogar da irgendwie an die Decke mich mal 180 Grad verkehrt da oben hin zu setzen. Haut nicht hin, Alter, sorry. Ich habe es mit allen möglichen Mitteln versucht. Hier auch. 5 Teile. Es ist nicht so schlimm, wenn, sag ich mal, die Zeiten hier ablaufen. The time's just running out or something like these artifacts go. Sometimes you just actually go into the region, you're fighting, you find something actually in some bags, or actually after a boss fight or something, it just happened. Or just actually you're beating an Dark Anchor or something, and then you just get these one. So you can't be all the times being here in the game, right? Oh, hold on, what's that? Ah, Beute, verdammt. Das Einzige, was ich mal finden möchte, ist eine Truhe. Also eine Truhe, da wo eine Truhe drin ist, damit man 30 Slots mal frei hat, was man meint mit dieses dämliche Rumgetue da. Das nervt. Ich habe so viel Zeug eigentlich immer, schleppe ich mit mir rum, meistens ist es dieses Alchemiezeug. Na komm, mach mal. Und das ist so, möchte ich gern weghaben. Und ich habe gemerkt, wenn, ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Aber wenn es mal soweit ist, dann möchte ich alles miteinander machen, gleichzeitig hochleveln und sagen, okay, ich bin fertig mit dem Schmarrn, anstatt jedes Mal immer wieder diesen Alchemietisch zu suchen und das. Und das ist irgendwann nervig. Haben wir noch einen? Ne, aber nicht einen. Scheiße, jetzt habe ich einen Fehler gebaut. Wird schon. Und es ist halt irgendwie ein bisschen nervig, wenn du dann wegen 5 Kräutern, sag ich mal, da hinkommst und machst was, kannst aber nicht machen, bist extra zu dem Tisch hingerannt, denkst dir, jetzt geht was. Deswegen, ich sammle das immer erstmal gern, dann hole ich mir das ganze Zeug raus und dann gehe ich da zum Feuerstelle oder sonst was und lass es richtig krachen und das macht dann Spaß und dann siehst du auch mal richtig das Money Cash in. ja, Money Cash in. Perfekt! Was haben wir jetzt? Da ist ein Wegschrein, da ist ein Wegschrein, da müssen wir eh vorbei, da ist Mike, da ist dieses Gewölbe, da oben, da gehen wir gleich hin, Alter. Lassen wir es gleich krachen. Schmeckt dir deine Stulle? Begeistert schaut die aber nicht aus. Rattengift oder so. So wie es hier ausschaut. Alter, die kann ich einfach nehmen oder was? Okay, geil. Ja, manchmal will der Käse nicht. Ne? So. Alter, ich kann Zeug hier dachte stehen und so. Ich fragt der, schmeckt das Brot? Augen sagen nein. Gegen Händlerin, sag jetzt bloß, da kann ich einfach. Ich kann Zeug einfach nehmen. Alter, also was das 35 Minuten mit mir macht. Drogenzustände? Warte. Haben wir denn hier? Schmackofatz. Oh shit.
35 Minuten. 500, okay, warte mal, kann ich so noch dazuhauen? Ich vergesse immer, dass ich das machen soll. Zuweisen, steht's doch. Ah. Aber erstmal drüber. Wie ist meine Katze dabei? Hartes Brot von vorgestern. Na sauber. Zuweisen. Jetzt ist es drin. Wenn das jetzt wiederkommt oder was, dann ist es automatisch wieder mit drin, hoffe ich doch, glaube ich. Ist doch so, oder? Schaut die wieder so komisch an. Oh, nice, nice, nice. Nice, noch nicer. Alter, ich kann die nehmen. Oh meine Fresse, was ist denn hier noch los? Ich vergesse immer, wir sind in Kalthafen, aber sake. Ah, war das, dass ich da reingehe oder was? Ja, du machst jetzt zu oder so. Ach, komm nicht rein. Sehr gut. Willst du vielleicht reingehen? How can I help you? Ja, geh doch mal rein. Ich hab da so ein Schloss gefunden, möchte es ausprobieren, ob ich den Schlüssel dann auch wieder finde. Tschüssi! Ich hau ab. Schnauze voll hier. Warum tut mir mein Herz jetzt so weh? Lass mal überlegen, wann habe ich die letzte Pille genommen? Es gibt keinen Grund, ehrlich gesagt. Es ist 24/7 bei mir stoßgelüftet. Erstens das, zweitens hinter mir ist schon wieder ein Fenster offen, das zieht so dermaßen ins Genackte, so frische Luft habe ich. Ich habe sogar ein bisschen abgenommen. Dank der Scheißerei. Sollte er nicht wissen, meine Gleiserei. Vorwärtsmarsch! Vorwärts immer, rückwärts glaube ich so viel. Mehr, immer. Wo bist denn du? 1,3 Kilometer, mein Arsch, Alter. Wir sind doch schon längst hier drin. Frechheit. Der Herr. Ja schon. Wo ist der Pfeil? Ich verarschen oder was? Ja, dann mach ich's halt auf meine Art und Weise. Ich wundere, warum die Mucke so... Warte mal, ist die eigentlich komplett abgestellt? Schon, gestern habe ich es aber ausgehabt, ja. Ja, die steht auf 80%. Das ist nichts Besonderes. Ich habe jetzt auch bei diesem Asphalt Legends Unite einfach mal die Mucke auf 20-25% gestellt. Ich glaube heute sogar auf 30 kurzzeitig, weil ich nichts vom TV gehört habe. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Zeigt denn der das aber auch nicht an? Jetzt. Wenn ich Kopfhörer auf habe, dann ist die Mucke so dermaßen annoying laut, dass das pisst mich manchmal so an. Und ich kriege auch Content, das ist das Problem. Schade eigentlich drum. Ja, soll ich verarschen oder was? Juhu. Alter, jetzt geht's wieder los. Gestern Abend Böller geschossen worden. Jetzt ist es 14:32 Uhr, jetzt geht's schon wieder los. Ich könnte ausrasten, ohne Scheiß. Das ist jedes Jahr dasselbe. Das Einzige, was ich jetzt gefunden habe, ist eine Truhe. Jedes Jahr dasselbe. Oh Mann. Hier sind die Türken oder sind die Polen drüben in der Werkstatt? Ja, ballert er einen Arsch auf. Das ist so fix. Früher so eine Scheiß. Als Kind, das war vor 20 Jahren war das noch. Okay, mit 20, 18 Jahren, da war ich noch kein Kind mehr, aber das ist wurscht, vor 20 Jahren, da hat sowas wirklich noch nicht gegeben. Vielleicht haben sie damit erst angefangen vor 15 Jahren. Bumm. Krass, Alter. Schwinder. Das ist nämlich regt einfach auf. Das ist, kann man doch nicht bringen. Wir sind geschimpft worden, Alter. Angeschrien worden. Wir teilweise wirklich, wir haben dann nicht mehr Böller schießen dürfen oder sonst irgendwas, wenn das einen Tag zuvor war. Am 1.1. oder 2.1. habe ich noch rumgeballert, ja, da habe ich Dosen genommen und alles in die Luft gesprengt, alles hinten draußen bei meinem Onkel im Hof drin. Da hat es keine Sau interessiert, außer Nachbarn, ist Verwandtschaft gewesen, ist eh egal. Oh, was mache ich? Falsche Taste. Here we go. No. Here we go. Ah, nicht gut. Da hat es keine Sau interessiert.
Aber nicht, weißt, aber nicht schon am Vortag oder so. Das ist so, what the fuck? Hab ich jetzt gespartelt oder was? Ich drück immer R2, ich Depp. Bleibt mir ja nicht anders. Wenn es ein blaues, ne? Ja, dann geht das schon. Gruselig. Eins noch weg, oder? Wo zum Teufel liegt das Ding? Ah, das wird jetzt hier wieder so drin liegen, oder? 100%ig. Natürlich. Ist doch meistens so. Einer geht noch rein. Sie haben noch Zeit. Da bin ich schon angeschissen worden, wenn ich um 18, glaube ich, war das so, und dann nach 20 Uhr, da habe ich den ersten Böller senden dürfen. Gullideckel, ne, was man natürlich nicht machen sollte in das, aber jetzt als Maurer weiß ich, da fehlt sich einen Scheißdreck da drin. Es kann sein, wenn du öfters oder viel zu viele Böller reinballerst, da immer einen Gullideckel oder was, dass halt das Blech sich da immer extrem speakt und einmal ein Loch drin hat. Was aber nicht schadet. Aber kostet halt, ist halt Stadt, ne. Für was zahlen wir Steuern nebenbei? Also das ist selten der Fall. Da muss ich schon echt einen polnischen oder tschechischen Böller haben, sag ich mal, der wo das Blech und das Ding ist doch 3-4 Millimeter dick. Also so schnell passiert ja nichts. Entweder war das Loch schon drin, weil jemand seine Spitzhacke da reingedroschen hat oder was, um irgendwas sauber zu bringen. Ja, ganz ehrlich. Wir sind immer angeschissen wegen sowas. Nichts gehört sich einfach nur, okay? Aus, fertig. Oh, jetzt wird's knapp. Kann man nicht diskutieren. Dachte, machst du mal noch. So, vielleicht hast du gleich Glück. Wow, was ist das? Inaktive dätrische, ich sag immer dätrische, ich weiß nicht warum, AE, Fesseln. Das hat jetzt ausgeschaut wie eigentlich so eine Drohne oder was. Ich so, wow, was ist das Geiles jetzt? Zertrümmerte eiserne Jungfrau. Zertrümmerte, aber eiserne Jungfrau. Okay. Komisch. Schaut das mal die ganze Zeit. Katzenschnur, Haar, Ohrenkratzer. Aber jedes Mal juckt mir der Buckel also. Das ist, seitdem ich hier zocke und die ganze Zeit hocke und mit meinen plastik-amerikanischen T-Shirts von, sag ich mal, Monster Energy und so, das ist so, ich brauche einen Buckelkratzer. Da gibt's so einen Fleck hinten am Rücken. Ich meine, ich komme mit meinen Fingern da nicht mehr hin. Das ist so, das sind nur 2 Zentimeter. Ich komme nicht mehr richtig ran, seitdem ich ein bisschen älter geworden bin und fetter und muskulöser und noch fetter und dann, ich komme halt an die Scheißstelle nicht. ist wirklich ärgerlich. Du weißt, du kommst hin, kommst aber nicht an. Du kannst dich biegen. Du merkst schon, wie langsam deine Arme langsam richtig wehtun von denen. Und dann hörst du das noch knacksen. Oh, ich glaube, jetzt ist eine Schulter im Arsch oder so. Liegst ins Bett, nein, tust irgendwie was hinter. Hilft nicht. Mittlerweile habe ich so einen Löffel, den ich immer jeden zweiten Tag sauber mache. Auch wenn nichts dranhängt, auch wenn nichts ist. Aber ich kratze halt da meinen Buckel. Verdammt, muss ich halt zugeben. Fernbedienung geht nicht. Das ist so, habe ich schon 1000-mal probiert. Das ist jedes Mal, wenn die immer da liegt. Ist halt ein Arbeitszimmer, aber gleichzeitig ein Zockerzimmer und mein Esszimmer. Also es ist eine Katastrophe, aber es ist der sauberste Raum. Es ist eigentlich einer der schlimmsten Räume, aber es ist eigentlich auch ein sauberer Raum. Keine Ahnung, jeder Raum schaut sauber aus. Das Einzige, was hier mal passieren sollte in 10 Jahren, dass hier mal gestrichen werden sollte, das ist das Einzige. Quatsch ich eigentlich halt so viel. Ich war ja echt kurz davor, dass ich GTA 5 sinnlos GTA wieder spiele, wo ich mir gedacht habe, heute ist ein guter Tag. Einfach mal aufhören zu quatschen und werde mal zu zocken. Geht der Tee bald aus? Komm jetzt auf Tee. Ich sauf immer eigentlich irgendwelche Sachen, wo ich mir denke, Alter, was machst du da? Benötigst eine Spur. Money Cash in. Ah, nein. Muss ich mal doppelt draufklicken. Mir nie aufgefallen. Ich verstehe nur das andere nicht. Was macht das denn? Was war das nochmal? Probieren wir mal. Gleichbleibende, jetzt habe ich kapiert, gleichbleibende werden ersetzt durch,
Okay, ja. Hat jetzt nicht wirklich einen Vorteil gebracht. Einen haben wir noch, oder? 3. Okay, möchte ich das andere auch mal probieren. Geht jetzt leider nicht. Okay. Schade. Geht jetzt leider überhaupt nicht. Dammit! Ach, genau, ersetzen. Du. Ja, aber dieses L1 sag ich mal. Aber ich denke, bei kniffligen Sachen, dann wird's interessant. Das möchte ich schon noch erlernen. Und wir sind wirklich, glaube ich, kurz davor. Ah, wieder! Wunderbar. Was willst du mehr? Machen wir die schnell fertig und dann gehen wir diese Dungeons ab. Ich sage immer Dungeons, ich weiß, das sind Gewölbe, ich weiß das eigentlich. Wie lange spiele ich schon dieses Elder of Scrolls? Seit Elder of Scrolls Morrowind am PC? Meine Fresse, war da Ödland. Ich glaube, das war auch so irgendwie eins der ersten Spiele am PC, die ich gespielt habe, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt mal irgendwas, was so Leute spielen. Aber ich war nicht so der War of, wie heißt das nochmal, dieses Warcraft oder dieses, ja, das wirklich sehr berühmte, deswegen, ich kotze das Spiel so an, Alter, wenn ich schon darüber nachdenke, aber mir fällt jetzt Gott sei Dank der Name nicht ein, weil sonst würde ich ausflippen. Das, was jeder Mensch schon so dermaßen gesucht in einem Spiel. Ich spiele jetzt, ich meine jetzt nicht Diablo an, weil Diablo ist eigentlich in Ordnung. Ich habe es nie gespielt, dachte mir, das ist auch so ein Spiel wie eben das, über was es gerade World of... Sag es nicht. Ich will es nicht hören. Es ist so, wo ich mir denke, warum und weshalb und nee. Die suchten heute noch. Nach 20 Jahren suchten die das Spiel immer noch. Dass ich hier 2 Monate schon an dem Spiel dranhänge, das ist... fällt mir gar nicht auf. Okay. Aber es gibt so Sachen im Leben, ohne Scheiß. Dass ich 4, maximal, das ist jetzt... Normales Need for Speed Pro Street habe ich auch 2 Jahre lang durchgezockt oder 3 Jahre lang, da ging es aber nicht, da gab es ja keine Trophäen. Ich habe es nur getan, weil ich sehr gut darin war, im Driften und auch in Speed und Drag-Rennen und Wheelie Competition, war ich einer der Besten darf ich sagen, auf der Welt. Ist wirklich so, ist nicht gelogen. Die andere Geschichte ist halt so in der Richtung von, es gibt Spiele, okay, das habe ich 2, 3 Jahre gespielt. Sowas wie Need for Speed Undercover, das war so in der Richtung, das habe ich auch 2 Jahre gespielt, aber das war Xbox und ich habe es auf der Playstation jetzt gezockt, der Playstation 3 und auf dem PC. Und das simultan, weil auf dem PC habe ich es nur gespielt wegen dem Bugatti, wo ich mir gedacht habe, wow, unendlich Nitro, da kannst du die Polizei mal richtig fertig machen. Aber das hat einfach riesen Spaß gemacht. Jetzt habe ich wieder den Suff genommen. Verdammt nochmal, warum? Ich habe doch maximale Gesundheit. Warum verbietet mir das Spiel es nicht, dass ich es nehme? Das ist das meistgespielteste Spiel. Man muss aber sagen, ist nicht jeden Tag passiert, weil es eben unter Alkohol und dann Zigarillo-Rauchen eben vorkommt. Das ist bei mir dann so, wo ich sage, ich habe jetzt kein Interesse eigentlich daran, dass ich das jeden Tag spiele, weil stinkt das ganze Zimmer immer nach Rauch. Und der Leber braucht auch mal... Leber braucht auch mal ein paar Tage mal seine Ruhe da, auch wenn es so 24 Stunden ist, oder? Sind wir uns einig. 182 niedrige. Sehe ich das jetzt erst? Aber ich habe noch 200 irgendwo in einer anderen Kiste drin. Ja, was ist denn heute wieder? Traue ich mich nicht. Boah, ich hasse das, ey. Das ist so, du weißt, du bist schon unten, dann lässt du aus. Aber dann lässt du früh aus und manchmal lässt er nicht los und dann bricht das niedrig. Wer kam auf diese dämliche Idee, das auf eine R2-Button, auf den Trigger-Button zu... Das triggert mich, dass der Trigger-Button dafür benutzt werden muss. Vertriggert dich jetzt bloß ja nicht mehr im Reden. Nee, das hat jetzt gerade keinen Sinn gemacht. Jetzt drücke ich schon wieder X, Alter, um zu suchen. Ja, ich wollte die Steine wegmachen. Einen kleinen Moment, ich kriege einen Anruf. Ah ja, morgen früh bewölkt. Beste Chancen für einen Livestream. Ja, gut. Wer macht den Scheißdreck jetzt? Oh oh. Der riecht ein bisschen. Oh, Rika. Das ist ein Nudelpfurz, Alter. Meine Fresse. Ich stirb schon. Boah. Oh mein Gott. Oh. Wow, jetzt habe ich gedacht, okay, das weiß ich nicht. Nee, lieber nicht, oder? Dann gehen wir jetzt dann lieber. Ich glaube, das ging dann nur noch einmal. Verdammt. Wie liegt denn der Käse jetzt da drin?
the hell? Na gut, wir haben noch einen Haufen Zeit. Bing. Da ist jetzt nichts drin, oder was? Willst du mich verarschen? Probieren wir es hier. Oh, oh, es wird Nacht. Wir verkacken. Oh, was zum Teufel. Okay. 2 Stunden noch left. Es ist so, ich weiß, manchmal ist es sehr nah angrenzend und ich denke sogar, dass es hier ist. Aber manchmal falsch gedacht. Seht ihr, genau wie ich gesagt habe. Das machen die doch mit Absicht. Ach, wir haben immer noch Zeit. Oh, meine Fresse, warte, dann nutze ich das da unten. Spatel raus. Ah, okay, nix. Dammit! Naja, immerhin, besser als nix. Jetzt passiert. Das ist komisch. Das merke ich so oft, wenn ich ganz kurz mal am Bildschirm hinschaue und sehe dann von 4 Leuten oder 3 Leuten, da kommt der 4. dann da rein und dann auf einmal noch eine Sekunde später verschwindet der 4., weil es ihm nicht taugt, und der 3. und 2. kommt auch mit. Und jetzt habe ich nur noch einen Zuschauer. Was ist mit YouTube los? Sprechen die sich ab oder so? Oder kennen die sich da? Oder was? Kommen dann hierher und sagen sie, Alter, passt schon, oder kommst du auch mit, oder was? Auch immer, suchen wir uns was anderes. Auf einmal sind von 3 Leuten 4 Leute da gewesen und alle 3 Leute sind auf einen Schlag verschwunden, weil der 4. dazukommt. What the fuck? Was ist das? Ob ich Englisch rede, Deutsch rede, scheißegal. Vielleicht ist es meine Art und Weise, oder? Hey, bin ich halt nicht so ein Spieler, der redet und gleichzeitig irgendwas tut. Seht ihr, was für ein Scheiße man dabei rauskommt. Ah, vielleicht deswegen wegen dem Scheiß. Fascinating to see the way these scholars think. Ja. Müsste saukalt sein, es sollte Salzwasser sein. Bist du sowieso im Arsch. Ist da Gruppenwasser oder so. Nice. So einen mondlosen Gang. Passt ja schon wieder zu Seraph. Seraph meine ich. Ich sag schon Seraph. So, Seraph Bang, oder? Seraph Bang. Da werden wir jetzt auch was und dann können wir gleich rübergehen. Oder? Wir machen das war, was ich euch vorher gesagt habe. Suchen uns Mike. Dann gehen wir in die Düne. In die Düne soll schon das Gewölbe rein. Ich wette, da gibt's noch irgendwas. Eins nach dem anderen. Ja, Bock hätte ich schon, ne? Mal ordentlich wieder saufen. Sinnlos saufen und rauchen. Obwohl es erst 15, 20 Stunden noch. Wow, wer ist los? Was ist wieder? Oh. Groovy. Boah. Hätte mich auch gewundert. Da kannst du so bleiben, was ist da los? Mike. Richtung. Hier soll Mike sein. Schaut nicht so danach aus. Alter, was haben die jetzt gleich gefunden? Auch nicht schlecht. Oh, einfach ein bisschen rumlatschen. Mike mal. Hey, wo ist er denn, der Lügner? Zack, bumm, was gefunden. Ja, ist ja gut. Höchstwahrscheinlich da unten zwischen den ganzen... Nein. Bingo. Jetzt muss ich mal schauen, wo. Okay. Ach du Scheiße. Dann bin ich mit runter. Jetzt habe ich nichts mehr frei. Das ist jetzt wieder was. Ja, was macht man denn jetzt bloß?
haben wir hier? Hundertprozentig geht das hier auch noch rüber. Da oben sind schon nebenbei. Oh, es ist das noch schräger auch noch drin. Du willst mich doch verarschen. Ich glaube, das schafft man nicht. Nee. Scheiße. Warum ist das was anderes? Ah, das ist tiefer. Jetzt seht ihr. Das sollten sie ein bisschen in 3D machen. Das sieht man so schlecht. Oh, okay. Was mache ich jetzt? Durch! Ja. Auch nicht. Oh, jetzt wird's eng. Ach komm schon. Ja, müssen wir nochmal anfangen. What the fuck? Wer soll doch drauf kommen, dass immer so schräg ist und dann jetzt auch noch so länglich? Ah, so, da könnt ihr mich aufregen, echt ohne Scheiß. Okay, das war eigentlich schon nicht. Das hat irgendwie keinen Sinn bei den ganzen Gegnern. Rein theoretisch, wo wäre denn hier eigentlich? Die meinen wirklich da irgendwie in der Kurve drin, oder? Oh ne, weiter weg. Alter, wo ist das denn? Da oben? Wie kommt denn da rauf? Da gibt es eine Schatztruhe in der Nähe und das ist doch irgendwie oben oder so. What the fuck? Wie ist der da raufgekommen? Muss ich verarschen, oder? Das ist eine Scherbe. Oh, wo geht's hier noch hoch? Da steht ein abgefucktes Haus. Ah, ist auch bloß auf der anderen Seite. Auch nicht. Wie kommt man da hoch? Wo soll da eine Truhe sein? Das kann aber nicht sein, Alter. Ich gehe ja schon auf der Seite entlang. Da kommt man ja gar nicht hoch. Ich meine, selbst wenn man hochkommt, da oben schaut es ziemlich leer aus. Es ist nicht so, als würde da irgendwas leben wollen da oben. Das ist nicht da oben. Fair potential for fine. Da ist die Truhe, genau. Der ist wirklich da oben. Dass die Truhe ist. Alter, da steht da irgendwo da oben. Wie ist der da raufgekommen? Oh mein Gott, ist ja gut. Wenn du loslassen möchtest, aber irgendwie hängst du mit deinem Gehirn noch. Dann sagst du, tu nur, ich will ja das aufgeben. Also bleibst du drauf auf dem Button, weißt du, ich meine, the fuck the shit. Shit the fuck, oder wie sagt der andere, Alter? Shut the shit. Keine Ahnung, kriegst du nicht mehr zusammen. Yeah, what the fuck is this? Kind of language. Fuck the shit. Nee, geht nicht, kommst nicht rauf. What the fuck? Shit the fuck. Ich glaub so sagt alle, aber shit the fuck. Oder es kann sein, dass wir durch dieses Dungeon durchgehen und dann ist halt Lucky Lucky. Du bist freundlich, ja, du bist sehr freundlich. Was macht denn der Krokodil hier unten? So, Lucky Lucky 2.0. That's crap. I can't believe this. Are you fucking shitting me? Unbelievable.
Was soll ich jetzt wieder glauben, oder? Dass wir erstmal runtergraben sollten vielleicht. Was die uns wieder für einen Mist geben. Ah ja, so macht schon mal mehr Sinn. Suchen wir uns noch eine Bleibe aus. Da raucht's. Damn it. Das ist doof, das ist sehr doof. Ja, gut, dann wenigstens das. What? Alter, nicht schon wieder die Scheiße, ey. Dass uns die Zeit ausgeht und so ein Mist. Du liegst echt beschissen, ehrlich gesagt. Okay. Damn it. Alter, wo liegt denn so ein Zeug wieder? Was hat er wieder das? Dämlich. Schade. Ja, weil das einfach sehr viel. 1, 2, sind das 3? Das zählt ja eigentlich auch schon dazu. Das geht ja eigentlich über 7 Dinger. Oder? Ja, das zählt ja auch noch mit. Das nicht mehr. 1, 2. Was ist noch Knicke hier? 3. 4, 5, 6. 6 sind es, oder? Oder 7? Sagen wir 7 sind es. Moment. Das ist das Quadrat. Das wird 4 mal, 5 mal, 6 mal, 7, 8. 8. Über 8 Dinger geht es. Heilige Marie. Das braucht natürlich, also statt 4 oder 5 sind es gleich 8. Also das ist schon heftig. Deswegen geht auch die Zeit so schnell aus. Ist das die Katze wieder? Eines Künstlers, bla bla bla. To hold history in your hands. Ah nee, das ist ja Nothing doch ein compares to such a Einrichtungsgegenstand. feeling. Oder was haben wir jetzt gerade geholt? Ich weiß es nicht mehr, ist mir aber jetzt egal. Damn it! Kalthafen. Oida! Fußhaufen Kürbis vor Jahrhunderten. Was ist das jetzt in unser Face? Ja. Dunkle Macht alles Leben jenes Vampir. Warum stehen da 15 Kodexe drin? Und 5 Teile braucht man nur und eine habe ich schon. Oder warum ist dieses Teil da drin? Von diesen 5? Hä? Ah, kann. Das verstehe ich schon. Schattentee. Also den sollte man nachgeben, weil das sind ja auch wirklich Sachen, die wo man dann die einzigartig sind, ne? Aber es hat reduziert eure Kosten beim Blocken um 4%, gewährt 88 die Maximalausgaben. Naja, Umarmung des Beatfürsten, das muss man dann aber auch irgendwie wollen, oder? Ach, das gibt ein Reittier. Holy moly, das ist er ja. Das Netztier, das Netztier, sag ich ja, Netztier.
Dang it. Ey, seitdem ich diesen Kopfhörer auf hab, der macht mich mürbe. Das veranlasst mich zu reden, das veranlasst mich dämlich zu werden, in dem Sinne, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich überhaupt will. Man fokussiert sich auf das, dass man auch mal ein bisschen babbeln kann und dann vergisst man, was man im Spiel wollte. Wow, wow, das macht mich echt krank im Kopf. Also Mike ist hier nicht zu finden. Lass mal Mike mal weg. Stört mich jetzt, machen wir jetzt die Gewölbe, weil sonst sind es komplett verblöd ich hier noch. Eine ganze Stunde jetzt schon, eine ganze Stunde, da hätte ich schon 3 Gewölbe durch, verdammt nochmal. Ich keinen Meter bin ich weit gekommen. Das macht mich wahnsinnig. Ich komme kaum zum Saufen, weil ständig muss ich husten. Oder war das noch von der Stunde? Ich weiß es nicht mehr. Eben deswegen sage ich, komplett verblödet. So, ich glaube mal, der Boss wird da unten irgendwo sein. Ziehen wir jetzt auch mal den Boss den Stecker. Das ist auch einer. Boah, verpisst euch, Alter. Du kannst keine Millisekunde dastehen, egal wie weit die weg sind. Die haben dich einfach. Deswegen hasse ich dieses Spiel so, diesen dämlichen Schrott. Die verfolgen dich auch kilometerweise. Dann hauen sie dir eine rein, bis du fast tot bist und laufen einfach davon. Boah, da könnte ich komplett durchrasten, Alter, wenn es in der Realität auch so zugehen würde. Das ist komisch. Alle, wir sind gleich da. Ich höre dieses Geräusch permanent. Immer und immer, wenn ich diesen Seraph War dabei habe, höre ich den permanent irgendwo. Was ist das? Entweder macht er das Geräusch. Okay, ist jetzt nicht wirklich das Ende da. Aber ich höre ständig immer. Und das ist nicht jetzt, weil es hier ist oder so. Was ist denn der Endgegner? Komplett verwirrend. Ich weiß echt nicht, wer das ist. Entweder ist das irgendwie auf eine Mission offen, die da irgendwo rumtut. Oder ist es wirklich Savage War, der die ganze Zeit irgendwie so komisch lacht. Aber das hört man halt durch die ganzen Höhlen und das, wo ich mir denke, was ist denn hier los? Geht doch gar nicht anders. Muss von ihm kommen. Okay, ich denke, das ist jetzt hier ein bisschen weiter drüben. Wieder da drüben, schauen wir mal rein. Guck! Okay, nix. Dafür Dancing Queens. Das ist nicht mal eine Dusche. Jetzt voll drin oder was? Ah, ne, das täuscht. Jawohl. Ich hätte jetzt mal eine Dusche. Ah, guck, da hinten ist gleich der Trockner. Wunderbar. Ah, so, fertig. Oh Katze, ich würde da nicht reingehen. Das wird da einen Fellbrand auslösen. Da geht's ja noch nach oben, stimmt. Das ist ja der super Gegnerpost da oben, ne? Die kleine Fummeltrine. Schauen wir mal, wer ist da drüben? Auch nicht. What the fuck, wo ist der Gegner hier? Kein Wunder, wo ich den damals den gefunden habe. Auch nicht. Fuck. Da drüben schon, aber geht's auch noch runter. Ich glaube, die tanzen, weil Molag Bal ja eigentlich in meiner Geschichte tot ist. Er ist nicht tot in dem Sinne, aber er ist halt... Wir haben den vertrieben. Du kannst mich nicht gesehen haben, verpisst euch. Nein, ich will nichts von euch, haut ab. Jetzt schon geht das aber auf. Kämpfer. Jeden Meter Kämpfer. Ja, jetzt gehen wir mal. You are a knave and a cheek. Wo ist denn euer Boss? Ja, ich such jemanden, ich will nicht gegen euch kämpfen, ihr langweiligen... Oh, ich glaube, ich habe was gefunden. Oh, ich habe ihn gefunden. Was? Ich wusste es, aber ich wäre unten reingegangen. Jetzt geh weg da. Geh einkaufen oder so, oder... Such dir irgendwas, was du gut drin bist. Ach, weiß. Kommst du klar? Ja. Warte mal, ich schicke dir mal Hilfe von oben. Damit die mal wissen, wie eine voll geschissene Unterhose riecht. Wenn er vom Blitz getroffen wird. Okay, da ist der Boss, der hat Kopfschmerzen. Da oben ist irgendeine Mission. Oh Gott, ich hasse Missionen. In der Mission, von der Mission. Im Dungeon des Dungeons, vom Dungeon. Nix, well. Lass mich mal da irgendwie
Oh, cool. Idrias Laute. Der Name sagt mir was. Der Name sagt mir was. Aber ich finde das immer so geil, wenn man... Ich habe jetzt schon alle Musikinstrumente, habe ich schon geholt, diese 13 Stück oder was das waren. Zufälligerweise bin ich auf ein Musikding da gekommen. Musste mich stretchen. Ich hasse das, wenn mich jemand irgendwie sagt, dass ich Englisch nur kann oder so. Oh, ich könnt euch den Hals umdrehen. Gerade ihr Deutschen, echt ohne Scheiß, ihr Hochdeutschen. Ihr müsst dann Englisch, Alter. Da spuckt die ganze Zeit immer rum hier. Braucht so einen Schlabberfang oder so. Nichts Besseres als das amerikanische Englisch. Oh Junge, was warten wir noch? Komm mal ran hier. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Schau mal, das waren jetzt gerade 3 Sekunden. Totale Bewusstlosigkeit im Gehirn. Eigentlich habe ich L1 gedrückt, aber okay, auch nicht schlecht. Der Große von oben. Und das war's, oder wie? Passt schon. Was für ein Lastwagen. Ach, Laster. Jetzt hat der Grund zu tanzen. Tanzen, Junge. Gerade gesund schaust du nicht mehr aus. Heilige Scheiße, du wachsen auch auf die Zähne irgendwo im Gesicht rum. Ja, ganz schön tief. Du hast mich gar nicht, du warst in dein Buch vertieft, verdammt nochmal. Also habt ihr keine Taxis oder so? Schon überirdisch, wie schnell die jetzt läuft. John Bolton könnte sich da mal ein Stückchen abschneiden davon. Wie eine Geisteskranke läuft die. Mal schauen, was der Fisch so treibt. Auch wenn wir es minus 3 Grad draußen haben, höchstwahrscheinlich habe ich in der Küche gerade jetzt 20 Schmeißfliegen. Alter, ist immer noch hardcore. Was ist denn da los? Haben die da wirklich irgendwas eingepflanzt? Oh, das ist saukalt, Alter. Das ist jetzt seit einer Stunde draußen. Das stimmt nicht mehr. 1,5 Stunden, oder? Wie Livestream ich jetzt schon wieder bin. 72 Minuten. Wir haben doch gerade eben vorher vor 12 Minuten gesagt, dass ich nur Scheiße daher rede. Dass ich mal die Schnauze halten sollte. Hallo, spielen Sie auch gerade das Spiel? Hallo? Wo wollen Sie denn hin? Alter, schau mal das Level an. 34. Ja, und so geht es mir die ganze Zeit. Du gehst vorbei und du wirst sofort gleich verfolgt von den ganzen Dreckshaufen hier. Hui, der Weg ist ganz schön stattlich. Schauen wir mal, wo ist denn Mike noch? Da ist er, da ist er, da ist er. Es gibt eigentlich nur 4 Plätze hier. Gehen wir mal darüber. Da müssen wir eh hin. Naja, nicht ganz ehrlich gesagt. Aber wir kommen vorbei. Ja. Ist nichts mehr. Gibt's da wieder Money? Oh, ist noch eine grüne. Oh, wurscht. Money. Ist eigentlich egal, wo ich hingehe, ne? Hier unten gibt's keinen Wind. Wie ist der Wind? Tut's ja, als hätte er ungefähr 30 cm langes Haar. Und wenn ihm das Windelein da so reinfährt in seine Haare, dass er dann, naja, was ist denn das dann, wenn man das so hat? Alter, jetzt dachte ich jetzt wirklich, das ist jetzt hier Schreien. Entschuldigung, ja, ich bin schon weg, verpisst euch. Das pisst mich einfach an. Ich will doch einfach nur die Gegend genießen. Permanent muss ich schauen, wo ich hinrenne. Das macht keinen Spaß. Und gleichzeitig, wenn ich hier ein bisschen rumreite, dass ich einfach mal die Gegend mir anschaue. Nee, was ist? Irgend so ein Zipfel kommt dann, wirft mit Blitzen um sich und blickst dann wieder am Boden. Meine Fresse wollte erstmal in meiner Verdauung los. So brennt. Hallo. Du bist auf dem Weg schreien. Was ist das? Kann man ja kaum aussprechen. Groschengrab. Oh. Seitdem ich das Mikrofon an habe, schaut keiner zu. Das ist perfekt. Das erinnert mich daran, dass ich heute vielleicht dann
nichts mehr mache, mich ins Bett lege. Ich sterbe. Ah nee, oder? Nee, wenn wir da runterspringen, kommen nie wieder hier hoch. Oh Gott, ich wollte noch nicht springen. Ey, fuck, echt? Bitch! Ich hab extra vom Rand angehalten, die läuft einfach weiter. Ja, das ist sehr informativ, das so ging uns jetzt vorher auch. Ach so ist das. Das ist mich verarschen, ja. Truhe? What the hell? What the hell? Ich hasse es, wenn es bis runter geht. Und du weißt, dass es dann auch bis runter geht. Und du drückst dann beim nächsten genauso voll drauf. Und du willst nicht loslassen, die R2-Taste. Da könnt ihr schon wieder, da zerreißt mich innerlich. Man, wie bekloppt muss man sein, dass ein Dietrich zu Bruche geht, aber ohne Scheiß, mir passiert das. Weil ich einfach dann denke, ja, drück nur drauf, drück nur drauf, drück nur drauf, oh, ist schon längst kaputt. Ja. Das, ich weiß nicht, wie man da drauf sein muss, welche Drogen man da nehmen muss, dass man in dem Spiel 24, und man hat ja auch zum Beispiel eine Stunde in der Zeit für 150% eigentlich nur diese garantierte... Ach, ich dachte schon, so kämpft jemand gegen jemanden und die kämpft gerade irgendwie gegen sich selbst. Man muss ja permanent dann irgendwie, da gibt es ja dann diese XP-Multiplikator und da hat man noch eine Stunde Zeit. Ich schwör, diese Stunde ist rum wie eine Minute, als wirst du auf den Scheißhaus hocken und mal ordentlich abdrücken. Brauchst aber mehr Zeit eigentlich fürs Arschloch abwischen, Alter. Das muss ich ehrlich so sagen. Eine Stunde Schiss und 5 Stunden abwischen, so in der Richtung. Und hier in dem Spiel, das fühlt sich so an, du drehst dich einmal rum oder was und schon sind die 60 Minuten einfach abgelaufen. Haben wir jetzt bald was gefunden oder was? Gibt's aber nicht. Das ist viel zu groß oder was? Wo ist jetzt der Pfeil wieder hin? Der Hell. Also ich empfehle euch, wenn ihr wirklich mal auf Antiquaris unterwegs seid, nimmt's Reittier und dann aktiviert einfach mal diesen... Wie heißt denn das Ding eigentlich? Ich hab da noch nie nachgeschaut, ehrlich gesagt. Auge des Antiquars. Einfach auf dem Reittier aktivieren, weil dann geht nichts schief. Manchmal ist der Pfeil unter der Erde drin oder irgendwelchen Objekten drin. Bist du Boss? Nee. Könntest ihn mal wieder waschen, oder? Dein Eis ist so verunreinigt. Ich empfehle dir sehr brühend heißes Wasser. Nur Noobs dann, jetzt ein bisschen lachen, aber hat sich erledigt. Der einzige Noob, der hier eigentlich... Es gibt keinen. Es schaut nicht mal jemand zu, der Noob ist. Sonst würde ich hier permanent irgendwelche Fragen bekommen. Wie bekloppt ich... Ah ja, ist ja gut, ich wollte... Da unten wollte ich ja wirklich ansetzen. Jetzt ist es wieder da drüben. Boah, wir können gleich wieder aufhören. Das hat keinen Sinn. Oh meine Fresse. Oh meine Fresse. Was machen wir jetzt? 50-50. Da oder da hin tippen? Ich sag mal, aber das wird da unten schon sein. Ah, ich hasse das. Alles klar. Ah, lucky we are. Und das war ein grünes. Mein Gott, wie konnte ich so verscheißen? Joe hieß der. Ah, Joe. Nicht Kevin. Aber er hieß auch Kevin. Oder war Kevin sein bester Freund und er hieß Joe. Aber Sascha war doch auch irgendwo da in der Nähe. Meine Fresse, das waren Zeiten. Dieses dämliche Ninja Gaiden da. Ich habe jetzt erstmal eine Anfrage gesendet, mal schauen, ob es wirklich ist. Aber der hat Death drin stehen und ich habe mit dem damals, glaube ich, monatelang dieses Ninja Gaiden Sigma 2 oder wie auch immer das Spiel gehießen hat, permanent auf der PlayStation 3 durchgezockt. Und ich war stinknarrisch natürlich, weil dieses Spiel unmöglich für mich war. Der braucht halt einen guten Partner dafür. Das war eigentlich der Beste. Nee, Patrick hieß der. Fuck! Ich habe so viele Freunde gehabt, gerade in Deutschland, aber ich habe, das seitdem ich die PlayStation 4 habe, überhaupt keine Freunde mehr richtig. Ich habe nur noch die alten Freunde und das sind verteilt auf Accounts, die es gar nicht mehr gibt und manche gibt's noch und eine Katastrophe, sag ich euch. Deswegen, also er hieß Joe und der beste Freund hieß Patrick.
Richtig. Und der war Kevin, der war auch da bei Ninja Gaiden. Und der hatte auch einen Freund, aber der hieß nicht Sascha. Sascha war, glaube ich, jemand anderes. In einem anderen Spiel. Oh Gott, das ist verwirrend. Ich habe nicht viele deutsche Freunde damals gehabt, weil ich wollte Englisch lernen und so. Und das hat mich dann irgendwie behindert. Keine Ahnung. War halt einfach irgendwie nichts. Deutsche Livestream. Keine Ahnung. Sieht man auch, was aus mir geworden ist. Kein Führerschein, keine Freundin, kein eigenes Haus, Maurer, Alkoholiker. Ich habe schon gesagt, dass ich kein Auto habe. Nicht mal ein Livestreamer, ich will nicht mal ein Influencer sein, weil das einfach bescheuert ist. Ich will kein Geld generieren oder irgendwie. Das ist gar nicht mehr so einfach, dass man bei YouTube Geld verdient. Aber das geht's mir gar nicht. Ich will ja auch gar nicht. Seitdem ich das erste Mal angefangen habe, das war 2008 oder was? Ne, 2007 glaube ich. 2007? 2007 war das. Passt schon. Da habe ich das versucht und das ging dann nach der Bundeswehr, war mein Account weg, weil irgendwie der Stab gemeint hat, wenn du ins Ausland gehst, dürfen wir deinen Account, du bist da zu oft zu sehen und keine Ahnung, die haben mir einen Account dann einfach gesperrt. Die haben da angerufen bei denen, haben das durchgegeben, meinen Namen und das, die haben einfach, da war halt, ich glaube dieser Spitzel, das war dieser schwarze Mann, der wo mich da besucht hat, so am Kühlschrank und das war aber der 3. Tag erst, sag ich mal, nach diesen 3 Monaten Ausbildung und da kam der auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich dieser Death Reaper bin. Ich glaube, der hat es im Stab weitergegeben. Könnte sein. Oder man hat ihn vernommen. Und ich kenne mich da jemanden, oder hab da jemanden kennengelernt. Das war ein richtiger Schleimscheißer für den Major. Und ich glaube, der hat ihn ausgefragt, hat gesehen, dass wir oft zusammengehangen sind. Hab mich auch geschwärzt. Weil du wirst geprüft und ich weiß, es kann sein, dass ich sogar auch in den Akten angegeben habe, dass ich Aktivitäten bei YouTube habe. Kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, nachdem ich von der Bundeswehr zurückgekommen bin, oder besser gesagt nach diesen 3 Monaten, dann kam diese Ausbildung, sag ich mal, wo zu Ende war, kam erstmal, warte mal, 1 Monat war gar nichts bei den Panzer, dann kam die Ausbildung, diese 2 Monate für die Auslandeinsatz und dann, genau, dann kam ich nach Hause, das war 3 Wochen später, glaube ich, weil Übungsplatz war das noch. Und dann sah ich eben, dass mein YouTube-Account gesperrt war. Da war auch dieses schöne Smiley noch drauf, wo ich damit damals auch hochgeladen habe. Das war das allererste, was ich bei der Flickr-Account bei YouTube hochgeladen habe. Da habe ich so einen Toast zusammen gebastelt und ich bin halt immer so einer, der macht halt auch mal von 3 Meter Entfernung oder so. Ich versuche halt das Toast dann zu belegen, aber ich habe halt die Kamera nicht höher bekommen und das, diese 2 Meter, 1,5 Meter, Entschuldigung, und habe halt alles fallen lassen. Und da kam auch dieses durch, wo der Käse auf den Ketchup drauf kam beim Toast, dieses Smiley dieses schräge Lachen und diese Augen, wie auf, wenn dein Video gebannt worden ist auf YouTube oder so, oder gesperrt worden ist, oder, genau, das war diese, in Deutschland zumindest, diese GEMA oder was das war, nee, nicht GEMA, wie hieß das da nochmals noch? Ach, ich weiß jetzt, das heißt die hat gesagt, in deinem Land darfst du es nicht anschauen, oder es ist in deinem Land gesperrt oder so, irgendwie so, und da kam ihm dieses schräge Gesicht von YouTube auch irgendwie daher. Ich so, das schaut identisch aus, das was ich da kreiert habe, obwohl das eigentlich von 1,5 Meter geworfen worden ist, diese Scheibe, Käse auf den Toast, auf den Ketchup drauf. Und auch diese 2 Punkte und dieser schräge Strich drunter zu sehen, über den Käse. So, what the fuck? Ja, wenn du dann genug hast von dem ganzen Zeug, und dann habe ich halt da so eine Waffe mit neu geschoben, aber die Waffe, das ist so eine Platzpatronen-Ding-Waffe und weißt ja, was los ist. Ich habe nicht gesagt, dass man sich erschießen soll, nur wegen dem, dass der Toast nichts geworden ist oder so. Aber halt. Das war nicht der Grund. Nein, das war nicht der Grund. Der Grund war eigentlich nur, ich denke, dass es dafür war, dass mir im Stab irgendjemand Bescheid gegeben hat und sagt hat, okay, den sieht man da so oft in den Videos oder so und keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch meine Adresse da angegeben bei YouTube. Ich habe keine Ahnung, wo das weg war. Auf jeden Fall war es fort. 13 Jahre lang hatte ich dann der Freaker-Account an YouTube. Lief alles super. Bis ich dann von den Japanern Bescheid bekommen habe über Yahoo, dass mein japanischer Yahoo-Mail-Account, wo ich manche japanische Accounts auch hatte, Zwischenaccounts besser auch gesagt, wegen japanischer Spiele und das, und weil ich damals auch die PlayStation 3, da habe ich einmal die PlayStation 3 aus Japan auch geordert, weil ich das nicht geglaubt habe, weil viele immer gesagt haben, so in Richtung von, es gibt englische, deutsche, also europäische, englische und es gibt eine japanische Konsole. Und ja, das war wirklich der Fall. Und deswegen, das war ein Grund, warum ich einen Account hatte am japanischen. Aber die haben mir gesagt, Ausländer sind nicht mehr willkommen auf dem Yahoo, auf der Mail-Account. Und die haben mich nach einem Jahr, dann, aber wirklich exakt nach einem Jahr, haben die mich dann rausgeworfen und ich habe das nicht mehr berücksichtigt. Ich dachte, das ist ein Scherz oder das ist so ein Spam oder so. Zack, zack, hatte ich meinen YouTube-Account, meinen Google-Account verloren, alles nur wegen dem Yahoo, weil ich da nicht mehr zugreifen konnte. Ich krieg zwar noch Nachrichten, ne, von denen auf meinen Yahoo-Account, deutschen basierend.de oder com, ist ja wurscht, aber ich kann keine mehr schreiben über das japanische Yahoo-Account, weil Foreigner sind da nicht mehr gern gesehen. Ist kein Scherz, ist wirklich so. Also,
Ich war selbst schockiert, dass die das so durchgesetzt haben. Oh, warum sind wir jetzt hier noch hergereist? Wow, wir sind bis hier hintergelaufen. Der wird die paar Meter doch auch hier noch schaffen, oder? Also, ich weiß, dass der da oben ist. Wir gehen auch erstmal rüber. Ja, nachdem das passiert ist, das war vor 2-3 Jahren oder was, 2 Jahren glaube ich. Das war im Januar, ja. Also jetzt kommen 2 Jahre. Ich glaube der Account, DJ Vol'jin, DJ Vol'jin? Der Flicker. Was ist jetzt das für ein Account? Death Nation von Real oder? Ich kenne mich auch nicht mehr aus. Death Nation heißt eigentlich der YouTube-Account, aber wenn man Death Freaker sucht, dann kommt eben Death Freaker oder dieser Account Death Nation von Real. Es ist verwirrend. Ich glaube, das kommt auf den Tags irgendwie drauf an, wie man es angegeben hat. Da hat der Name vom Account aber nicht mehr viel zu suchen. Also ich bin da jetzt auch nicht so der Professor, ich lasse gerne Livestream, lasse gerne Leute einfach wissen, okay, der Depp, der Livestream, der ist zu Hause. Einfach um zu sagen, wenn er schon alleine lebt, dass er eine Beweissituation hat und das. Und ich meine, das kann man kaum übers Handy spielen. Oder übers Handy, warte mal, das glaube ich vielleicht schon, nee, weiß ich nicht. Das Livestream, das geht nicht. Spielt jemand anders für dich und du bist irgendwo, was weiß ich, raubst gerade eine Bank aus, aber sprichst die ganze Zeit ins Handy rein, oder? Und was ist mit den Hintergrundgeräuschen? Das geht nicht. Du kannst so nicht. Geht nicht. Nee, das ist zum Beispiel eins. Das war immer das erste, was ich gesagt habe, damit jeder weiß, ich bin zu Hause, ich zock gerade und keine Ahnung. Und mir taugt's. Es gibt so Sachen manchmal, wo ich zurückblicken kann, zum Beispiel GTA, das sinnlos GTA. Ich kann mich bis heute immer noch totlachen, obwohl das jetzt schon 3 Monate her ist. Den letzten Livestream, oder glaube ich, ja, ist so, der letzte, glaube ich. Wo ich sag, what the fuck, was hat er gespielt? Und da kannst du dir echt nur einen Arsch ablachen. Ah, komm schon, ich muss komplett außen rum, oder? Ich hasse es. Die Gegner können freundlich werden oder neutral, wenn du eine Mission geschafft hast oder Missionen. Aber wenn die Tür hier beim Endgegner, also war ich da noch nie, und ich bin gewiss schon einmal da durchgegangen, oder auch nicht, dass die da nie offen bleibt für dich. Du musst immer permanent, wenn du irgendwas vergessen hast, außenrum komplett nochmal laufen. Da bist du einmal durchgegangen, sollte es eigentlich offen sein. Ich meine, die Gegner, die bleiben dann auch neutral. Also du haust dir natürlich, dann werden sie natürlich ja wieder böse, weil sie eben neutral sind. Aber vorher waren es halt so, die sind ja hinterhergelaufen und sind halt böse auf dich. Das sollte eigentlich auch in den Dungeons so sein, aber die Dungeons sind eigentlich, glaube ich, auch dafür gemacht, oder diese Gewölbe, dass man halt auch ein bisschen, wie sagt man dazu, XP farmen kann oder so, einfach nur rumfarmen kann. Ich hasse diese Wörter, die von Englischen ins Deutsche und dann reden die Deutschen das auch nur aus Farmen und so, weil ich mir denke, das heißt Farming und aber das ist so, what the fuck, die sprechen es immer noch so. Deswegen kotzen mich so manche Wörter, die Deutsche sagen, die eigentlich Englisch sind, die kotzen mich einfach an, diese Wörter. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach nicht mein Ding. Als wäre es jetzt ihr Wort. Als hätten die das jetzt erfunden, so in der Richtung. Kann ich jetzt nicht so erklären, aber das ist so, geht gar nicht aus. Aber lass mich raten, das ist so ein Lynch oder so wahrscheinlich. Also ein Lynch. Keine Ahnung, wie diese Viecher heißen und wie man es ausspricht. A fight, is it? Fight is it. Ein abgestorbener Geist oder so. So ein Ahnengeist, kann man das so sagen? Gegen den werde ich jetzt wahrscheinlich nicht erkennen. Alter, hier schaut's aus, Junge. Jetzt mal die Bude sauber machen da unten. Oh. Das ist einfach nur ein Sturmtier. Nee, der hängt da hinten ab, Alter. Dann ab geht's. Ab in die Endgame-Zone. Zone. Mein Kiefer hat sich gerade ein bisschen eingeknackt, Alter. Ich bin noch nicht mal da, weißt? Ich wollte mir erstmal chillen, erstmal hier einen Kaffee machen und so. Kommt hier einfach ums Eck, weißt, angeschissen. Gegen wen kämpfe ich jetzt eigentlich gerade? Gegen meinen eigenen Freund oder was? Ey, ich kann mich schon wieder tausendfach nicht bewegen. Wie mich das immer ankotzt. Alter, der ist schon wieder hinüber. Ich habe noch nie Spezialeffekte hier eingeführt. Spezialeffekte. Deswegen hasse ich es. Zu kommentieren, zu spielen und gleichzeitig zu quatschen. Das geht nicht. Kommt nur Scheiße aus, weil das können andere machen, die sich dabei Geld dumm und dämlich verdienen und nie die Arbeit gesehen haben, aber das ist echt mein Ding. Vor allem ich versuche in diesem Sessel hier zu chillen und kratzt ständig am Hals. Ich kann meine Füße nicht hochlegen und quatschen, das geht nicht. Also muss ich meinen Arsch mir Platz sitzen, Alter, mit meinen 123.000 Kilo.
stinkt ja eigentlich so nach Arsch. Fuck. Ja, dann bleib halt auch mal offen. Such dir einen Stecker und kalt ihn rein für den nächsten. Oder wenigstens kleine Abkürzung. Nee, jetzt können wir wieder. Können wir nicht rein, ne? Boah, das regt mich so auf. Könnt ja irgendwas vergessen haben. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr, aber. Es gibt immer noch Rezepte, ne? Wow, wo bist du? Tot auf jeden Fall. Bist du hin? Ja, zurück in deine Urne, oder? Alter, was ist los mit dir? Nein! Nein! Geh weg! Verpiss dich! Mein Gott, dass man immer kämpfen muss, dass man überhaupt hier rauskommt. Das ist sehr nervig, das Spiel. Wirklich sehr nervig. Heute gefordert, diesen Scheiß zu machen, um einfach... Ich weiß es nicht. Das ist einfach mies. Warum gibt's da keinen Explorer-Modus, wo man einfach exploring kann, Alter, so richtig so rumrennen kann und den Scheiß gegen... Weißt du? Man muss ständig immer fight, deswegen immer, das weißt du, das taugt mir voll, muss ich manchmal grinsen. Hört gar nicht auf, ne? Ich hasse es. Jetzt glaube ich vor 10 Tagen oder was habe ich meine Trophäenliste angeschaut auf der Freaker und ich so, so hieß das Spiel. Mir fällt's nicht mehr ein. 10 Tage ist her. Bless, halt, hab's gleich wieder, hab eine Eselsbrücke. Bless, warte mal. Unleashed Bless oder Bless Unleashed? Ich glaube Bless Unleashed. Die haben echt einen Haufen Werbung gemacht bei YouTube und das und ich habe mir gedacht, schau ich mal, ob es auf der Konsole auch gibt. Das habe ich vor 4 Jahren gespielt, oder 5 Jahre. Danach habe ich erst dieses Genki, na warte mal, das war das andere, das Genshin Impact oder wie es hieß. Das war ziemlich simultan. Ich glaube, ich habe da irgendwie, das habe ich Genshin Impact, habe ich zuerst gespielt, dann habe ich meinen Account verloren, weil mich jemand gehackt hat in der Zeit und ich weiß nicht, ob es dieses dämlich Genshin Impact war oder doch mein ehemaliger Arbeitskollege, den ich jetzt auch wieder mittlerweile mal getroffen habe im Dezember. November war es. Wow, wie die Zeit rumpelt, Alter. Wo ich gesehen habe, Alter, das muss der sein, Alter. Da dreht er sich um und dann sagt der Arbeitskollege noch seinen Namen aus und ich so, das ist jetzt ein Wahnsinn, ich glaube, ich bin... Siehst ja, habe ich gewusst, dass es ist. Aber die Bestätigung, sagt er seinen Namen und was hast jetzt du? Und er so in der Richtung, jetzt sehe ich den auch noch, ey, den will ich jetzt gar nicht. Und dann dreht er sich um auf die Straße hin und so, bla bla bla, etc. Entweder war es der Arbeitskollege, der mich damals irgendwie hingehängt, weil der immer so getan hat, das wäre der beste Hacker und so ein Scheiß. Das interessiert mich im feuchten Dreck. Auf jeden Fall, weißt du, das regt mich einfach nur auf, dass ein Haufen Kohle weg ist, ein Haufen Spieler weg sind und Sony so in der Richtung, sie können nichts machen. Und ich habe da damals immer meine Games gelöscht mit dem Code, sie haben was gekauft, etc. an. Und das war ein Fehler. Das habe ich auch nicht gewusst, dass man das braucht. Ich meine, man gibt alles an, man hat YouTube-Beweise und das und dass man der Spieler also diese Konsole nutzt. Ich habe ihr sogar die Serialnummer von meiner Konsole gegeben und sie hat einfach stur geschalten. Ich habe das, glaube ich, 5 oder 6 Mal versucht. An verschiedenen Tagen mit anderen Leuten und die konnten mir auch nicht weiterhelfen. Die brauchen ein Spiel oder 3 Spiele, die ich mir letzte Zeit gekauft habe. Sag ich, geht nicht. Habe ich alle gelöscht im Ordner, weil das nervt. Ich kaufe so viele Spiele und etc. Das hat mich einfach nur bei meinen Mail-Ordner einfach genervt und ich habe es dann gelöscht. War der größte Fehler, wusste ich nicht. Sollte auch irgendwie mal drauf hingewiesen werden. Das habe ich denen auch gesagt, dass die das mal machen sollen. Und da waren die auch ganz gnädig und gesagt, ja, das tun wir dann auch sofort. Und wir reden dann auch mit Sony Entertainment und so, dass wir das sind ja so irgendwie dann, wenn die Konsole eingeschaltet ist, dass sie, wenn sie ein Spiel gekauft haben, dass sie das immer hinterlegen sollen. Einen Scheiß haben die das bis heute gemacht. Das steht ganz klein geschrieben, irgendwo, ganz klein geschrieben, irgendwo, sag ich mal, nirgendwo. Eigentlich nur in der Lizenzvereinbarung, da musst du die Konsole nehmen, da musst du auf Einstellungen gehen, da musst du auf System runtergehen, dann stehen da irgendwelche Sachen wie Impressium und was weiß ich nicht alles. Und da steht's irgendwo drin. Anstatt wenn man sich ein Spiel kauft, dass das ganz unten drin steht, bitte heben Sie sich diesen dämlichen, beschissenen Code auf oder sonst was Sie per E-Mail zugeschickt bekommen. Nichts steht da drin. Die haben bis heute nichts gemacht. Eigentlich sollte man solche Leute anzeigen, oder besser gesagt, diese Leute, die dieses Impressium für Spiele, die man rauswählt. Es ist nur einfach wichtig, dass man jetzt auf der PlayStation 5 das Spiel dann auch spielen kann, wenn man das für 800.000 Euro kauft, das Spiel, dann kannst du das... Aber eigentlich würde das Spiel nur 1 Euro kosten. Aber wenn du für 800.000 Euro das Spiel kaufst, dann kannst du auf der 5 auch spielen. Ich sag absichtlich 800.000 Euro, weil mittlerweile 120 Euro Rang nicht, ne? Man langt auch schon mal auf 200 hin. Sehe ich am besten hier in dem Spiel, ich habe schon 60 Euro für dieses Spiel ausgegeben. Unfreiwillig. Ja, halt 32 Euro aus, Entschuldigung. Asphalt Legends Unite waren 60 Euro mittlerweile. Ist auch nicht richtig. Was war dieses Dreckspiel, was ich 60 Euro ausgegeben habe?
Da waren 2,49 € noch dabei. Ich glaube 59 € habe ich ausgegeben für das Spiel. 2,49 € habe ich noch extra so ein kleines DLC dazu gekauft. Kann mich schon nicht mehr erinnern. Ich glaube, das habe ich so platiniert, dass ich es schon wieder vergessen habe. 32 € glaube ich waren es hier. Aber egal. Das ist so, wo ich sage, okay, es lohnt sich. Eigentlich, das Spiel hat mehr verdient. Aber das ist so, wo ich dann die Preise gesehen habe für Kronen und für was du da alles ausgeben kannst. Wo ich mir dachte, wow. Die übertreiben schon gewaltig, oder? Das Spiel, das könnte rein theoretisch, wenn du es wirklich gut für dich haben möchtest, 500 € gibst du einmalig aus und du schaffst dieses Spiel 100%, zu 100%, aber auch mit allen DLCs in einem Jahr. Wenn du 3 Tage in der Woche spielst, gehen wir davon aus. Dies auch nur 8 Stunden. Weil du so viel Belohnungen und so viel Dreck überschüttet bekommst und hast wirklich alles und keine Ahnung, was bist denn dann schon? Wie viel hat das Spiel? Ich glaube 130 Trophäen oder so, oder 112, ja, ich glaube 112 oder so irgendwie war das. Kann mich nicht mehr erinnern, ich habe vor ewig langer Zeit, aber ziemlich am Anfang nachgeschaut, wie viele Trophäen das mal waren. Oder sind. Wurscht. Es geht nicht um das, es ist einfach nur, wo ich mir sage, spendiere ich mir die Zeit, spendiere ich auch das Geld darin? Ist das was mir taugt? Ich muss ehrlich sagen, also ich weiß, vor 7 oder 8 Jahren habe ich das Spiel das erste Mal gespielt. Da war es ziemlich frisch draußen, aber das war 2015, habe ich gelesen anscheinend. Also habe ich das vor, sagen wir, 8 Jahren gespielt. Es war nicht ganz am Anfang, es war nicht 2017 habe ich, genau, das habe ich immer in meinem Gedankengang, weil ich gedacht habe, 2017 ist es rausgekommen, stimmt aber nicht. Das ist KX, das ist Asphalt Legends Unite, aber 2017, das habe ich im Kopf, da habe ich das erste Mal gespielt und 2015 ist das für die Konsole, glaube ich, auch schon erschienen. Aber da waren so viele Leute drin, da war so viel, da hast du keine Chance gehabt, irgendwie eine gute Verbindung zu haben mit dem Spiel, das hat ständig gehackt und geleakt, geleakt. Ja, so wurscht. Und das habe ich gescheit narrisch gemacht und ich so nach 3 Tagen, wo ich es wirklich versucht habe, das Spiel zu spielen, wirklich versucht habe, also ich muss zerstört werden. Dann können wir gleich laufen. Wortwörtlich. Ich hab's dann aufgegeben, obwohl es mir echt Spaß gemacht hat. Und ich habe gesehen, ich habe die Story fast durchgeschafft. Und das Ende mit Molag Bal, das kannte ich da nicht mehr. Ich habe dann irgendwie, weil ich das Spiel versucht habe zu spielen und es hing dann immer wieder und leckte und es war eine Tortur, die Story-Modus durchzuspielen, weil online konnte ich nichts anfangen mit, also dass ich mit anderen da irgendwo rumlaufe. Im Endeffekt, jetzt spiele ich es wieder so in der Richtung. Ja, nee, nicht schon wieder irgendwo da oben, oder? Ja, natürlich. Er ist gewiss wieder irgendwo da oben. Aber da kommt man nicht rauf. Da geht's nicht weiter. Und über das könnte man raufkommen. Ja, ja. Weil ich weiß, hier bin ich schon öfters da hinten lang. Weil ich wollte immer da hochkommen. Genau, das wäre das Hintergrund. Ah, das ist der ewig lange Ding, ich weiß schon. Und die Höhle hat so einen runden Eingang. Mein Gott, ist das lang hier, weil da hatte ich mal eine Mission drin. Ja. Das ist wie mit dieser einer Map da, wo diese Schiffe irgendwo einfach aus den Bäumen und aus den Bergen raushängen und das, weil die von oben runtergefallen sind. Nein, ich gehe jetzt einfach mal runter. Könnte jetzt sein. Aber man könnte hier noch hochrennen. Über das Schloss, aber da ist dann Schluss. Ist der Wasserfall. Ich könnte hier versuchen. Ach schon. Schauen wir mal, ob der Mike irgendwo hier steht oder nicht. Schon schnell das. Da steht dann also mal auf einem hohen Punkt. Alter, ich bin aber schon da drin. Ich stehe eigentlich vor ihm schon fast. Da müsste ich hier irgendwo sein. Jetzt werde ich dann lesen, dass ich den hier in Kalthafen schon begegnet bin. So. Ah, da ist aber ein Lager.
Spuren von Mike. Könnten sein, weiß ich, könnte sein. Aber hier zeigt er mir auf der Map, ja, der ist hier. Der ist ja nicht. Ah, da gibt es so billiges Holz. Also man muss extra Regionen nochmal bereisen, dass man dieses Holz bekommt. Aber jetzt steht hier unbearbeitet, oh mein Gott. Ich glaube, die anderen Sachen, die kann ich dann komplett löschen. Gepennt. Also ich weiß, dass es abhängig ist von dem, wie weit man in der Story ist, aber ist nicht ganz richtig. Manchmal tauchen die auch, fuck, da drüben, also tauchen die auch einfach so auf. Ich habe damals Mike kennengelernt so in der Richtung, das war, ich weiß nicht, Gradwall? Ne, wie hieß das Kaff? Oh, brauche ich rausschauen. Warte mal, ich bin da rüber gegangen. Da wollte ich rüber gehen. Nein, die schauen was nicht. Was war denn das? Steinfälle oder Schattenfee? Eins von den beiden auf jeden Fall Steinfälle, glaube ich, war es. Genau, ich bin... Wo konnte man da reingehen in die Map? Wo konnte man da reingehen? Das war die Scharen und dann ging es dann... Oder war es vielleicht doch die Scharen? Auf jeden Fall bin ich ihm da begegnet. Ich bin nur da gestanden, das war der Eingangsbereich zu der Map. Man konnte durch das Tor durchgehen, dann kam der Ladebalken, dann geht man in die nächste Map rein, Region, und ich stand da so und dann drehe ich mich so ein bisschen rum und schaue mir so die Leute da so an, sag ich mal, die NPCs oder wie man das sagt, NPCs. Und dann sehe ich da irgend so ein komisches Katzengesicht. Ich so, what the fuck? Das kann nicht sein. Und ich weiß nicht mehr. Ich habe zwar Skyrim davor noch gespielt, aber das war nur, weil ich wie sinnlos GTA einfach ein bisschen Verarsche machen wollte. Was auch richtig gut geklappt hat. Das geht auch bei Skyrim. Sein auch Bogenschütze machen und alle ausrauben und so ein Schmarrn. Und naja. Und eigentlich die ganzen, sag ich mal, wichtigen NPCs einfach zu killen. Und dann merken, dass man dann merkt, oh scheiße, storytechnisch geht's nicht mehr weiter. Und deswegen habe ich auch Skyrim aufgehört, die sinnlos Skyrim zu spielen. Und halt. Ich sag mal sinnlos dazu, weil es einfach sinnlos ist. Eigentlich sollte es irgendwie spaßig klingen. Es ist auf jeden Fall, sagen wir, ein paar Jahre definitiv schon her, wo ich, sag ich mal, Skyrim da auf Platin gespielt habe. Aber ich kann mich an diese Katze noch ganz gut erinnern, etc. Man hatte seinen Spaß mit ihm. Und da sehe ich dieses Gesicht und auf einmal ploppt mir irgend so ein Ding auf, so, was ist denn das? Woher kenne ich den? Mike ist es! Und dann der Lügner und dann stand da Mike the Liar. Ich so, what the fuck? Ich habe so viele Fotos gemacht. Das war auch das erste, was ich in der Gruppe gestellt habe, wo ich dann hier erst Anfang November angefangen habe, das Spiel zu spielen. Und 2 Wochen später, als ich in diese Region kam, ich so, what the fuck? Das ist ja Jahre her und so, das ist brutal. Es ist zwar nur ein Spiel, aber es ist, wo man sich denkt, man hat einfach irgendwas aufgebaut mit dem Kerl da, so storytechnisch und das. Einfach geil. Okay, sind wir hier unten? Sind wir rüber, oder? Dann lassen wir den jetzt mal. Da ich weiß, dass wir hier rein theoretisch nicht hochkommen, ich probiere es jetzt mal. Vielleicht gibt es ja etwas, was ich übersehen habe. Und in Kalthafen war ich lange. Ich glaube mindestens 3 oder 4 Tage, also sprich 3 oder 4 Livestreams. Ich dachte, ich werden wir lange unterwegs sein. War es auch so, aber es hat Spaß gemacht. Du hast nichts gesehen. Damn it. Wo geh ich denn hin? Wir sind voller Marsch jetzt. Es gibt so Situationen hier in dem Spiel, wo du wirklich, wo du denkst, what the fuck, ich komme durch diese unsichtbare Wand nicht weiter. Das ist so wirklich, da könntest du ausflippen. Da lebst du auch noch. Lol. Gildenhändler. So, was ist das für ein Mist? Ich bin drauf gekommen, bin Gilden. Ach ja, wir haben ja Gilden und so. Das ist explizit für die Gilden. Echt, das ist so bescheuert. So, was braucht eine Gilde? What the fuck? Verfolgt der uns jetzt immer noch?
Hey, das siehst du, was ich meine, wo ich mich echt, wo ich komplett ausrasten könnte. Die verfolgen uns kilometerweise. Das hört nicht auf. Jetzt hört's auf. Alter! Umkreis von 5 Kilometer oder was? Ich häng wohl ab, Alter. Das macht mich stinknarrisch. Wenn ich mal Versicherungsvertreter würde sich sowas freiwillig antun. Das ist doch mal. Er ist so für ein Arsch, echt. Ich hasse solche Spiele. Little more than danger ahead, I think. But when has that stopped us before? Pff, du drängst mich doch die ganze Zeit dazu. Das gefährlich ausschaut. Ah, Mann, Alter. Kleinen Moment noch bitte. Oh Gott, das wird alles durcheinander. Das ist wieder diese eine Hütte, wo man wieder seitlich irgendwo hochrennen muss und wieder alles komplett vergisst. Ja, hockt euch wieder hin. Mann, ich komme nicht mehr zum Runterschlucken. Jetzt juckt die ganze Haut wieder. Oh mein Gott, ist das wieder was. 4 Hände, ich habe schon immer gesagt, das Maurer. 4 Hände brauchst du für dein Leben. Eine zum Rauchen, eine zum Saufen, eine zum Zocken und eine zum Ausrasten und jemanden niederzuschlagen oder so. Oder wenigstens diesen dämlichen Entwicklern zu schreiben in derselben Zeit. Lieber Entwickler, ich hasse dein Spiel wirklich ultimativ gern. Ich möchte gerne mal bei dir einmal einen Kaffee trinken. Oh, daran kann ich mich noch erinnern. Kaffee trinken und ordentlich mal auf der Schnauze, ich meine, hier auf den Tisch zu hauen. Und die verfolgen dich und verfolgen dich und verfolgen dich. Ich werde erst einmal sterben. Dann werde ich gegen diesen Boss da kämpfen. Sag mal, wo geht's jetzt hier nach oben? Wir haben es ja komplett ins Hirn geschissen. Was treibst du da so? Bist du der Torwart oder was? Torwart. Ja, jetzt haltet euch zurück für den Endkampf. Ich will nichts von dir. Wo ist denn dein Boss? Das ist unglaublich. Ich bin wieder der letzte Depp, Alter. Oh, eine Kiste. Geht gar nicht. Alter, ich hasse diese Clan-Band-Scheiße. Hey, hör auf mich zu fressen! Ich drück alle Tasten, die es schon gibt. Dieses Spiel ist echt manchmal... In einer Tausendstel-Sekunde könnte ich ausflippen. Du drückst und tust und machst, Alter. Du, da flipp ich aus, Alter. Und trotzdem frisst und beißt und der nächste fällt wieder auf dich und du weißt gar nicht, weil du in diesen dämlichen Ansicht nichts siehst. Eine Schulterperspektive wäre voll in Ordnung für das Spiel gewesen. Aber gleich so dermaßen in dieses FOF oder wie auch immer das heißt, in diesen Scheiß reingeworfen zu werden. Oh, ich krieg da so einen Hass, Alter. Verpiss dich, Alter. Ich hab's vom Kämpfen habe ich so die Schnauze halt schon wieder voll. Man sucht was, man muss ständig sie vorkämpfen und man geht die falsche Richtung. Du weißt, wie das an einem vorkommt. Man hat einfach keine Kraft mehr, man will überhaupt nicht mehr mit dem Spiel überhaupt interagieren. Einfach nur noch sterben wie in der richtigen Welt, Alter, weil es einfach keinen Sinn macht, Kriege zu führen oder sonstigen Scheiß. So triggert mich das, Alter, wenn einfach simple Sachen, Alter, zur Endkatastrophe werden. Ja, geh schlafen jetzt. So, passt, fertig. Schalt meine Scheiße aus wieder. Cold Harbor Master Explorer, das war's, Jungs, Mädels, Zuschauer. Mein Kaffeebecher, der immer noch voll ist. Hier schon wieder die Haube juckt. Oh. Das ist komisch, Textilsachen irgendwie zur Zeit, die juckt mich so dermaßen auf der Haut. Ich muss aber ehrlich sagen, ich nutze zurzeit aber auch diese Cremes, wo ich echt nicht begeistert bin, weil ich normalerweise bin so ein cremeloser Typ und ich schmalze eigentlich da immer hin. So, wir haben das eigentlich. Wir sind fertig hier. Raus aus dem Saftladen. Moment, was ist hier los? Warte, hat die Tüte da?
Was ist denn jetzt hier? Oh, ich hasse es, wenn ich mit der falschen Taste wieder zurück... Wenn ich nur dieses Musik in dieser Dingsbums da, weißt... Es ist... Manchmal... deswegen trage ich keinen Kopfhörer. Es ist so. Ich muss es leider so erklären. Ich liebe es, mit euch Kontakt aufzunehmen, mit euch zu reden und den ganzen Scheiß. Aber es gibt so Situationen, wo man drüber reden möchte und ich kann in derselben Zeit schaue ich in den Boden rein und schaue nicht in den Fernseher, weil ich mich konzentrieren möchte, was ich sage. Wenn ich mich schon selber nicht höre oder irgendwie, sage ich mal, schon nicht höre, aber das macht ungefähr so. Ich hasse Headsets. Es gibt nichts Schlimmeres wie Headsets. Ohrenraumversiegelung ist das eine mit diesen Earplugs, die ich immer drin habe und das Headset oben drauf, damit ich das Spiel hören kann und vielleicht auch noch dementsprechend schalten oder reagieren oder was ich auch machen kann. Aber bei solchen MMO-Spielen oder RPG-Spielen das Headset auch zu haben und eigentlich reden zu wollen und nicht ständig immer im Hintergrund oder da brauchst du so ein Fußpedal oder so, wo du sagst, Mikrofon ist jetzt an, Mikrofon ist aus. Nee, da musst du erst draufdrücken. Bist aber mitten im Kampf, hast nur 2 Hände, weil wie wirst du da wohl draufdrücken wollen? Da brauchst du einen Schalter für einen Fuß, Alter, wo du sagst, jetzt ist das Mikrofon an, wo du mal sagen kannst, jetzt wird's geil. Aber in Wirklichkeit, wo das Mikrofon dann aus ist, ich flip komplett, weißt du, wie man... Ich in einer 1000 Sekunde komplett, Alter. Wenn du merkst, du wirst einfach überrumpelt. Du hast vor, von A nach B zu gehen und weißt, okay, da kommen Kämpfe. Und irgendwie kommst du gerade nicht weiter, weil so ein kleines Steinchen behindert dich. Du willst nach vorne gehen, aber irgendwas ist da. Und in der Zeit schlachtet die dich von hinten ab, Alter, und meuteln dich ab, Alter, wo du denkst, hört auf, da flippe ich aus, Alter. Ich will erstmal herausfinden, warum ich gerade hänge. Da wär ich zu sauer, Alter. Ob nach dem Alkoholisierten oder vorm Alkohol, also das Geilste ist, wenn ich Alkohol sauf, raste ich nie aus. Aber sobald ich nix sauf und ich bin mir meines Klarin auf gut Deutsch, und es sind Sachen, innerhalb von einer 1000 Sekunde explodiere ich da. Weil es ein Videoscheißspiel ist, das nicht richtig fertig programmiert ist oder man es einfach nicht rausfindet, was denn eigentlich ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist man gestorben dann so in der Richtung und der Controller liegt da eh schon im Eck drin und Sayonara, weißt. Wo ist denn jetzt diese Musikantin oder diese, was hat die eigentlich hier unten zu suchen? Geiles Spiel. Wir machen das jetzt nochmal. Wir drücken jetzt die Position, genau, Einstellung. Ja, wunderbar, aber schon wieder falsch gemacht. Wir müssen zuerst Einstellungen drücken, was keine 10 macht. Was hatte das mit Einstellungen denn zu tun? Ja, zeig es mir bitte auf der Karte. Jetzt muss ich erstmal rausgehen. Ach, leck mich doch am Arsch, kann das so kompliziert sein. Komm, springen wir jetzt einfach in den eigenen Scheißtod. Geht das? Oh, das Gelatsche, dieses Erkunden ist ja alles wunderschön alles und so, aber echt jetzt manchmal nervt es einfach tierisch. Wo bin ich jetzt nicht gestorben? Ich hab drauf angelegt, dass ich sterben wollte, verstehst? Das sind Situationen, dann merkst du, Alter, wie vorhin, ich wollte die Klippe nicht runterspringen, ich wollte einfach anhalten, ich habe angehalten, ich bin angehalten worden, der Controller, das etwas, hat nichts mehr gespürt, dass ich gedrückt oder sonst was getan habe. Der Kandidat, NPC, wie auch immer was ich bin, hier drin in das Spiel, fliegt einfach runter, kurz vorm Tod. Klippe war ungefähr noch 1 Meter weit entfernt, springt einfach durch diese Klippe durch. Rennen, anhalten, fertig. War jetzt ein schlechtes Beispiel, weil genau dieser Stein, und das triggert mich extremst. Wenn du was zeigen willst und es geht alles schief, da ist nur noch eins im Vordergrund. Und das heißt, zieh den Stecker, nimm die Konsole, schmeiß es aus dem Fenster. Bumm, sie bremst. Und vorher hatte ich mindestens noch 1 Meter oder was, bevor ich eigentlich runtergefallen wäre, und die fliegt trotzdem einfach runter. Boah, Alter, der flippt mich aus, aber soll ich sagen, Alter. Wenn es deines Rechtes nicht mehr wahr ist, Alter, was du da erzählst, dass es eigentlich so ist, wie es ist, aber das Spiel gaukelt dir eine ganz andere Frechheit vor. Da dreht sich bei mir der Magen, Alter, da können die Controller nehmen, Alter, in den Scheißboden dreschen, Alter, und die Scheißkonsole nehmen und in 2 Teile brechen, Alter. Wo ist denn jetzt die Flötenassistentin da, oder was auch immer das ist? Siehst, warum ich kein Mikrofon bei dieser Scheiße anhabe, Alter, weil ich ständig permanent extremst angepisst bin, wenn irgendwas ist. Weil da kommt, nach 5 Minuten später kommt dann die Frage, Alter, warum bist denn du vor 5 Minuten so ausgerastet? In einer halben Stunde später passiert dir derselbe Scheiß wieder. Da musst du erklären, dass dir das vor einer halben Stunde auch schon aber passiert ist. Ja, da könntest du ja den Strick schon mal annehmen, Alter, so in der Richtung anlegen, bevor du das Spiel anfängst zu zocken, Alter. Wo ist denn die Flötentusse jetzt? Fuck!
Sack mit ihren... Die Missionen, die nerven so dermaßen auf den Sack. Häste bloß dieses Musikinstrument, ich am liebsten will es nehmen, und jetzt gegen die Wand schleudern, Alter. Ja, zeig mir doch deine beschissene Quest jetzt endlich. Woher sollen wir das wissen? Ja, rutsch mir doch den Buckel runter, ey. Oh mein Gott. Was ist jetzt wieder? Gegner war am Anlaufen. Geht zu jetzt, Olle. Ach, ich will mich einfach nur hinhocken, Alter. Ich will einfach nur hocken, rauchen, saufen, Musik hören, driften. Irgendwas Entspanntes und nicht dieses abgefuckte Spiel, Alter. Es macht keinen Grund, ein Mikrofon bei solchen Spielern zu haben. Man muss entweder auf Drogen sein oder man muss wirklich komplett in das Spiel gefesselt sein und weiß schon gar nicht mehr, was man mit sich selber anfangen soll in seinem Leben. Und das auch noch Livestream. Das spielt ganz gewiss nicht mich nieder, weil ich habe ein verdammtes Leben. Auch wenn es nicht so danach ausschaut. Und auch wenn ich nur einmal am Tag Staubsaugen muss oder sonst irgendwas. Mir scheiße, das gehört zum Leben dazu. Was bist denn du, wenn... Jetzt muss ich wieder durch das Tor raus, oder? Da raus muss ich dann muss ich wieder rein, weil da irgendwas müssen... Boah, Alter, das spielt ja echt ordentlich. Ich bin kurz vorm Ausschalten. Hier ausschalten, Alter. Einfach nur ausschalten. Einfach nur ausschalten. Ich glaube mit meinem Kameraden da, das wird nichts mit seiner Mission heute, weil ich schon echt kurz um... What the fuck? Wirklich kurz vorm Explodieren bin. Ich hab's gewusst. Lass das mit dem Mikrofon einfach bleiben. Ich so, es ist ein schöner Tag. Spiel lieber GTA. Nee, was ist? Musst du wieder diese Kacke hier einschalten. Passiert nur einmal irgendwas Schräges, Alter. Ich flipp komplett jedes Mal bei irgendeinem Scheiß dann aus. Es geht 10 Stunden gut. 1 Stunde kurz bevor dem Livestream Ende. Das war heute in der Früh. Wollte ich schon vermöbeln, verdammt nochmal. War ich wirklich ganz kurz für 1 Minute mal richtig saulaut wieder hier. Wo ich gesagt habe, Alter, es kann jetzt nicht sein. 10 Stunden nonstop durchgespielt. Kein einziger Fehler, nichts brutal, alles super. Ich hab lachen können. Kein Mikro an. Kaum habe ich das Mikro an, Alter. Es dauert keine 5 Minuten, Alter. Ich vollkommen rastig da bei solchen Sachen aus. Komm mal ran hier, kriegst du deine scheißverdammte dämliche, beschissene, abgefuckte, was weiß ich, was ist das Instrument, diese Dingelongel. Siehst du, wie aggro ich bin, Alter. Ich weiß nicht, was das für ein Musikinstrument ist da. Deine Palimp. Ach, er nur wieder. Redest du mit mir, Alter? Hast du schon mal Schwert gesehen? Ich schramm dir den Stecker in den Arsch, wenn du deine Schnauze nicht bald hältst. Ich glaube, ich habe mindestens 2 oder 3 Mal damals diese scheiß Mission angenommen, aber hab's immer wieder gecancelt. Das kannst du ja keiner antun. Ich will nur hier raus. Bitte lass mich nur hier raus. Ständig hänge ich irgendwo. Oh, der triggert extrem. Ich habe den Controller schon mindestens 3 Mal wegen dem Spiel die letzten 4 Tage oder was in den scheiß Sessel hier reingeschlagen. Und nicht mal geschlagen. Eigentlich nicht mal berührt. Der Controller war komplett halbert hin. Das ist China-Marke. Hört endlich auf, diese Scheiße zu verticken, China. Und hier ist Original oder einfach nichts. Und nicht mal das Original ist mir was wert. So, lass uns abhauen hier. Ich hab die Schnauze voll. Holy shit, was ist denn jetzt hier passiert? Alter, was ist mit dem Spiel kaputt, Mann, Alter? Am Anfang habe ich auch gedacht, der Controller ist im Arsch, weil ständig hat er mich irgendwo anders hingelotst. Wenn wir die Maps übereinander, wenn die Maps irgendwie liegen oder so, dann will er immer meine eigene Position irgendwo bestimmen oder was auch immer das sein soll. Sprecht mit irgendjemand anderem. Und jetzt müssen wir Einstellungen drücken, was man hier nicht akzeptieren will. Hm? Reist nach Palat. Ist das Palat? Das ist nicht Palat. Um Gottes Willen. What the hell? Komm, ist das her, oder? Ich hab keinen Bock so zu reisen. Machen wir jetzt anders, gehen wir die an. Schmeißen das ganze Gelumpe erstmal raus. Schauen wir, ob die Katze noch existiert. Oder ob sie schon zerrissen hat. Du willst mich jetzt nicht fragen, als ich versucht habe aufzustehen, ob ich bestätigen möchte, ob ich da lang reisen möchte.
Ich habe zweimal sogar drauf getippt, bevor ich den Controller hingelegt habe. Diese japanischen Spiele schon alleine, die regen mich ja schon auf. Und das flippt mich auch manchmal. Das triggert extrem. Ich habe keinen Bock mehr zu essen, Alter. Ich will jetzt unbedingt saufen, Alter. Ich will irgendwie alles downswollen. Das ist nicht mal Englisch, ich weiß. Boah, das Beste, ne? Wann war das, letzte Woche oder was? Wenn ich schon vollkommen ausflippen bin, dass mir mein Chef sieht da drüben. Hey, Chef, wie geht's? Der zieht sich gerade um. Aber jetzt kommen hier die Spacken um die Ecke mit ihren höchstwahrscheinlich gestohlenen Rädern oder so hier. Immer die 4, ne? Das sind übrigens die Spacken, die kein Benehmen haben und letztens bei mir geklingelt hat. Ich so, könnte meine Mutter sein oder so, weißt du, wie ich mein? Alter, die fahren nicht mal auf die Seite, wenn hier so ein dämliches Auto vorbei will. Da hat der eine Typ da geklingelt, und ich so, eigentlich könnte ich jetzt runterrennen und könnte in der Stammpauke machen. Ob sein Vater auch so schnell ist, vor seiner Tür dann aufmacht und den Gürtel schon mal rauszieht aus seiner Hose. Auf jeden Fall habe ich das Fenster aufgemacht und gesagt, Alter, was lollt bei dir so? Nee, was lellt bei mir so oder so? Ich wollte eigentlich rausschreien so, ey du Arschloch, komm noch mal zurück und klingel noch einmal. Und dann versuche ich dir die Tür aufzumachen. Und dann trittst du einmal kurz mal, weißt dann empfehle ich dir, komm doch mal ganz kurz rein. Und bevor er da seine dämlichen Bratzen da irgendwo in der Tür drin hätte, hätte ich die Tür zugeknallt. Stehe ich wirklich, ich bin gerade auf dem Klo gewesen, geh raus, klingelt's. Die Klingel ist so laut gestellt, dass ich, wenn ich einen Livestream habe, dass ich die auch höre. Und das ist 2 Räume weiter. Und die höre ich dann auch. Jetzt komme ich da aus dem Scheißhaus raus, auf gut Deutsch, und da klingelt's. Und ich weiß, es kommt keiner, es wird keiner kommen und keiner besucht mich. Und nichts, weil die schreiben mir an, die klingeln nicht bei mir zuerst, sondern die schreiben mir an oder die rufen mich an. So wie es gehört. Und ich habe halt einfach einen fixen Termin. Ob das der Herr Ablesemann ist oder sonst was, den es ja nicht mehr gibt. Es gibt ihn noch, weil ich dieses Jahr vergessen habe, Fotos zu schießen von meiner Ablese-Dingsbums Kaltwasser. Klingelt's! Aber es kann nicht sein, es kann nicht ich wollte keine Namen nennen, habe ich noch nicht ganz. Ich stehe jetzt vom Klo und piss jetzt mal meinen Frust erstmal raus. Dachte, schaust mal runter. Da sehe ich diese 4 Stratzen da rumlaufen und wie sie ja beim Nachbarn gerade die Schindeln da irgendwas drauf gedroschen haben. Ja, das werden wir gleich haben, da das Fenster aufmachen. Ich so, was soll der Lelesch? Ja, jetzt habe ich es wieder, Lelesch habe ich gesagt. Die Scheiße und das und dann die Kinder sind da weggerannt, weißt du, die sind so 10 oder 11 Jahre. Dann, ja genau, klar. Ja, du, wenn du nochmal klingelst. So wird der erklärt, das war's. Ich so, aber verdammt scheiße, blöd bin ich schon. Wow, wohl, bevor ich auf Toilette gegangen bin, war ich unten und hab die Wäsche rausgeholt. Hab sie in den Trockner reinholen wollen, aber zuerst musste ich pinkeln. Und wäre ich da unten, wäre ich 2 Minuten eigentlich später runtergegangen, hätte die Wäsche geholt, dann hätte der geklingelt und ich hätte die Tür aufreißen können. Und hätte ihm den Satz gesagt und so richtig, ist dein Vater dann auch zu Hause so schnell? Und macht die Tür auf, um den Gürtel schon mal aus seiner Fassung rauszuziehen von der Hose. Das ist so... Ja. Jetzt habe ich ganz vergessen, um was es hier überhaupt gegangen ist. Wunderbar, ich bin ein Spezialist. Ich wollte gerade saufen anfangen. Ja, geht nicht. Ich muss noch ein bisschen saufen. Bei mir legt sich gerade der Frust. Habe ich nicht gerade vorher gefragt, ob die Katze noch existiert? Ich muss immer wieder lachen, wenn ich den Scheiß sehe. Ich dachte, wohin mit dieser Kerze? Na, mein süßes Kätzchen, willst du uns was zeigen? Vielleicht so ein bisschen Bum-Bum-Effekt. Ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall keine Flatulenzen hier aufzuhalten. Jesus Christ. Vielleicht mal ein paar Schritte hier zurück machen. Ey, ich bin schon manchmal echt, da kotzt mich, der ganze scheiß Welt kennt mich dann. Sowas bringt mich da gleich wieder runter, wenn ich Barf-Chest lese. Die Einkotztruhe. Noch ran hier. Rein mit deinem Gelumpe. Ja, nee, also, ne. Das war davor. Ich hab schon wieder vergessen, was ich davor gesagt habe. Ne, so, auch egal. Ach, kaum hocke ich, ja, juckt schon wieder alles. Was ist denn hier kaputt? Das ist ja mal was. Warte mal, Mittel, okay, Füße, aber warum? Warum in allen Formen? Ausdauer. Krass. Verzeihung. Boah, ich weiß nicht, was passiert denn unten bei der Wand. Da ist wieder eine Frage, ja. Warum zeigt der mir hier so ein Suchsymbol? Heißt das, ist analysiert? Was könnte das sein?
Irgendwann werde ich drauf kommen. Einlagern. Fresssachen. Deswegen. Das passt. Aber nix. Oh mein Gott. Das ist die ganze Bude immer bei mir da voll. Krabbelviecher. Da ist noch irgendwas. Ne? Ja, ich... gute Nacht. Ich bin eben nicht so einer, der solche Spiele spielt und kommentieren kann, weil das ist bei mir in meinem Leben nicht gang und gäbe. Ich hatte nie Freunde, ich habe niemanden gehabt, mit dem ich reden konnte. Und das auch noch mit so einem Ohrenschmalz-Ding, Headset dazu, das ist einfach nicht. Wenn Musik nebenbei läuft und ich habe A nach B was zu erledigen und ich mache das, dann geht es, dann haut es hin. Aber so jetzt mal hier komplett eigentlich ein Leben im Leben zu spielen, also virtuell natürlich, dann, keine Ahnung, kann ich nebenbei, oh, wir sollten, nee, wir gehen, tschüss, nicht das knallt. Hart. Ja, das Bett an der Wand, das ist für die wo, es gibt ja so Skelette, die stehen drauf, angekettet zu sein oder so, und das, wenn da so einer kommt und sich so, ist jetzt nichts für mich dabei oder was, ne? So, ich schlafe halt gerne an der Wand oder so, versteht ihr? Für die halt gerne mal oben an der Decke schweben oder so, da habe ich halt auch so ein Bett oben, das kann ich halt einfach, wohin mit dem ganzen Gelumpe, muss raus aus dem Inventar. Wenn du keine Truhe machst, wo du alles Gelumpe reinwerfen kannst, musst du wieder suchen oder kaufen oder... Was ist mit dir los, Junge? Feiertag scheißen oder so, warum ist der so rot? Was war das jetzt? Er ist da hingegangen und wieder abgehauen. Hat er jetzt in der Zeit so schnell seine Chest jetzt beladen? Aber was? Welcome to the flaming. Ja, wir haben uns mindestens schon 1000-mal gesehen. Ich hab jetzt auch noch gesagt, weil wir 1000-mal gesehen haben. Da sauft deine Alte immer noch da hinten. Ja, Mann. Mal schauen, ob wir ein Zimmer finden. Oh Mann, ich will den nicht weggeben. Kann man den nicht irgendwie mit 3D-Drucker oder so ausdrucken? Für Zeiten, wenn es mich mal wieder buckel, versteht er? Explizit Buckel gesagt. Ja, nee, also das Spiel, ne, das hat, kannst du in den Wind schießen. Es ist wie dieses Asphalt Legends Unite oder Car X oder... Es gibt immer so Sachen, was mich dann komplett zum Ausflippen bringt. Mit Recht? Mit komplett Recht? Was willst du denn sonst machen? Willst du das ertragen oder wie? Und dann Amok laufen zu Hause oder was? Oder auf der Straße oder wo kann man denn so Amok laufen? Geht auch auf der Scheißhausschüssel nebenbei so gesagt. Alter, den Bauherrn. Jetzt kommt mir das Bild wieder ins Gehirn geschossen. What the fuck? Verwerten, aufwerten, durchwerten, entwerten. Warum? Weshalb? Wieder. Ja. Oh. Just in time. Die Nachricht besagt, bitte wechselt Sie Ihre Unterhose. Oh mein Gott. Ah, der Bauer hat gesagt. Scheiße, wäre nix. Sie werden reinguckt, den Bullock. Der Feuerhosen. Wieder weiter ohne vorne. Sehr fix. Lasst mir schon den Schuh raus. Das ist dämlich, ich verstehe das nicht. Warum zum Teufel kann man das nicht irgendwo der Seite mal angeben, dass ich mal sehe, okay, das muss ich noch sammeln, dass ich mal 10 zusammen habe, dass man der ganze Schwan hier verschwindet. Verschwindet, wie auch immer. Analysieren. Robust. Wieder, das dauert wie viel? 8 Tage? Heilige Maria. Und dann hätte ich meine Ruhe, ne? Für 8 Tage. Was sonst noch? Ich meine, 1 Tag lang ja, aber... Ach, machen wir das mit 8 Tagen, das dauert schon. Das taugt. Hau rein.
Lass das schmecken, Tisch, oder? Wo jetzt auch immer das abgelegt werden soll. Verwerten, aufwerten, durchwerten, entwerten. Wir haben es kapiert. Bübsche da. Das sind wirklich die zum Analysieren, also... Moment. Ah genau, wow. Ah, jetzt habe ich das auch kapiert. Ja, das erklärt ja keiner. Wenn da die Lupenzeichen drauf ist, dann kannst du die analysieren lassen. Geil. Das ist cool. Das hilft auch ungemein viel, weil... ich frage mich, wie der Server das so schnell verarbeiten kann. Da die AI und der Super-Server und was ist nicht alles. Mega-Server. Mega. Aber... Krass, Alter, wie das alles funktioniert. Früher, da hättest du einen Ladestreifen, Alter, wenn du so deine Rüstung so anschaust und dann kommt da so ganzes Zeug runter und so. Erstmal Ladestreifen für eine Minute. Jetzt hast du deine Zigarette angezündet und hast dieses gesehen. Ich sag explizit Zigarette, ich bin kein Zigarettenraucher, immer schon Zigarillo-Raucher, aber das geht's mir jetzt gerade gar nicht. Davor habe ich auch 2 Jahre geraucht wie ein Schlot mit Zigaretten. Ja, nicht ein Schlot, aber... Nächste, wer ist beim 3. angelangt? Wäre die Zigarette mit 7 Minuten ausgeraucht gewesen? Ja, das war der Elder Scrolls Morrowind oder was ich damals gespielt habe. Meine Fresse, ey. Gespielt? Das ist nicht Spielen, das war eigentlich nur... Da war auf 1 Kilometer Fläche ein Gegner. Ist ohne Scheiß wirklich so. Nur Sand. Das Geilste, was ich fand, waren die Vulkanwaffen. Also diese Glaswaffen, wie sie jetzt heißen oder was. Das ist echt schade eigentlich, dass die keinen anderen Namen mal bekommen haben. Was mache ich denn jetzt gerade hier für Müll? Müll. Ja, aber dann war halt dann irgendwas anderes mal wichtiger wieder. Dann kam ich zu den Konsolen. Arbeit war schon immer da bei mir derzeit, sonst hätte ich mir die ganzen 3 Konsolen auf einen Schlag nicht leisten können. Mein Onkel so, du spielst so komplett Weihnachten, wo man das. Da war die Gamecube dabei, die Xbox dabei, die PlayStation 2 dabei, oder was? Ja, oder was PlayStation? Warte mal. Was ist? Also Gamecube definitiv. Ist nicht schon PlayStation 3? PlayStation 3, oder? Das war bei PlayStation 3, glaube ich. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich diese 3 Konsolen gekauft. Microsoft, Nintendo und Sony. Und dann kam auch noch eine Grafikkarte für meinen PC dazu. Und jedes Mal einen zweiten Controller mit dazu und 2 Spiele mussten dabei sein. Und das waren so, ich weiß nicht, um die 2500 D-Mark oder was. Also war's PlayStation 2, okay, und Xbox. Gamecube draußen? Das kann schon sein. Aber ich weiß, ich habe sie gekauft. Weil ich war noch so in Richtung Xbox oder Gamecube Turok. Wo soll ich Turok kaufen? Das war viel Geld. Die Grafikkarte war zwar runtergesetzt von, weiß gar nicht was, das waren 700 Euro, 700 D-Mark. Das waren damals so auf 500 oder was runtergesetzt. Hat ein paar Wochen gedauert. Dann war es auf 400 oder was unten und kam schon eine neuere Grafikkarte 2 Wochen später wieder raus. Mit dem Preis von dem, was ich damals gezahlt habe, 500. The fuck! Da habe ich dann aufgehört, mit dem Computer zusammenbasteln. Jetzt war mir einfach zu dumm. Das haben wir schon gemacht, oder? Und als ich dann so die Konsolenwelt dann für mich, das war auch ein bisschen zu heftig. 3 Konsolen gleichzeitig aber Computer auch mit noch gespielt und da war dann Doom da waren dann Crysis oder so, wo ich dann diese Far Cry war auch noch da mit diesen Sand Maps und mit dieser Sand Engine, da wo du praktisch selber dein Zeug zusammen machen konntest und punchen konntest. Warte mal, ich musste erst mal woanders schauen. Ich sage, wenn ich quatsch, dann mache ich nur alles falsch. Man fühlt sich hier integriert in dem Spiel, aber nicht integriert in dem richtigen Leben, dass man da überhaupt quatscht. Deswegen, ich verstehe Leute, die das schaffen. Da wundern die sich, dass die mit 50 schon Alzheimer kriegen oder so. Kompletter Burnout alle im Brain. Gibt's denn da keine einzige Taste, wo man sagen kann, hier, hau mal raus? Nee. Da klickt man halt alles an. Keule des Waldläufers. What the fuck, dude? Sorry. Ich stelle mir gerade den Typen vor, wie der gerade im Wald umeinander läuft und hat diese Keule dabei und hängt überall fest, am Baum, an den Ranken, scheißegal, bleibt irgendwo immer hängen und fällt ständig auf die Schnauze, reißt sich seinen Arm aus und so. Den Flitzebogen verstehe ich ja noch, dass die da rumrennen wie die Iren. Ja, das ist halt nur ein Spiel, aber... Die Keule. Alles klar, Keule. Gut, haben wir's. Glaube ich. Weiß nicht. I wish I was off adventuring. Ja, warum? Zieh da rein immer deinen blöden Bogen, wollte ich dir den Pfeil aus deinem Knie. Ist hier schon wieder so viel los.
ist denn jetzt die Bude? Ja, da ist sie doch. What the fuck? Was ist denn hier los? Freibier oder was? Jetzt machen wir noch die eine Mission, Alter, von dem Stuckelkätzchen da und dann habe ich die Schnauze schon wieder heute randlos voll. Ja, und mein Fisch, der friert aber auch nicht auf. 2 Stunden und 13 Minuten, mein Arsch. Wieder nix. Gibt's denn eigentlich überhaupt noch was? Ja, aber die habe ich nie im Report. Abschluss von Verliesen über die... Aha, jetzt, da unten steht was. Käuflich bei Wallis. Hello! Hello! Oh, sorry, mate, I don't know how to speak that out. Guess what? Lalu. Nothing more like Lalu to say. Abbau von Edelmetallen. Abbau von Edelmetallen. Oh. In Somerset. Oh, siehst du? Da muss man erst drauf kommen. Ich habe das da unten nie gelesen. Ich so, what the fuck, ich krieg die nicht. Zufall, irgendwo wer es bekommen. Scheißdreck, da liest es erst. Die kannst du gar nicht woanders bekommen als auf Somerset Island. Klar, mir kam das erst irgendwie so. Es gibt... Such trifles will Oh, slipped, I slipped. Kennst du musst es besser wissen, oder? Oh ja. Rassist. Ja. What the fuck? Jetzt sieh mal, wie sie immer da reinschauen. Ja, Moment so in der Richtung. Ah ja, passt. Stimmt was nicht. Ach, der traue ich nicht. Alter, das Lagerhaus war das Beste. Das war heute früh, ich hab so lachen müssen. Da wäre das Mikrofon recht gewesen. Ich habe so einen Scheiß erzählt, mit mir selbst gerade und hab das auch losgelassen in den Kommentaren. Aber der Typ, ne, der hat sich 3-mal ausrauben lassen und ich war im selben Raum mit ihm und der hat auch selber zu mir gesagt, gib mir mein Zeug zurück und hat mit dem Finger auf mich gezeigt. Das ist so geil. Dann gehe ich einen Schritt zurück, er dreht sich um und sucht wieder in seinen Kisten rum und macht halt so seine Inventur oder so da in dem Lagerhaus. Was war das nochmal hier? Von dem Botschaftsding da. Ist wurscht. Brutal. Dann dachte ich mir so, gehst nochmal hinter ihm und versuchst, ob es jetzt 50% sind bei dem, das dann grün erscheint und sehe ich, wahrhaftig, der hat ja immer noch was in den Taschen. 3-mal. Das ist... Und dann, beim 3. Mal hat er so gesagt, jetzt hat er gar nichts mehr. Wie ist das möglich, dass ich nichts mehr in meinen Taschen habe? Irgendwie so hat er da gesagt, wo ich mir gedacht, Alter, ich kann mich nicht mehr. Da lag ich teilweise schon halb auf dem Boden, weil der Typ, der weiß, dass ich in dem Raum bin. Die Wache steht draußen, warum gehe ich dann nicht an die Tür ran und hol die Wache rein? So zumindest kam mir das damals bei Skyrim so vor, oder? Wenn du da einfach irgendwo wegläufst oder so, die Wache verfolgt dich auch in Häusern. Du gehst in die Häuser rein bei Skyrim, also das eine Spiel da, versteht er, TSO 5 halt. Und da ist halt, also Test 5, Entschuldigung, und die kommen und verfolgen dich und die kommen auch in Häuser rein. Und ich so, wenn jetzt das so ist, aber das passiert hier in dem Spiel nicht. Aber das ist halt lustig, ne? Der steht dann da und zeigt mit dem Finger auf dich und er holt jetzt die Wache und ich soll sofort das Zeug rausrücken. Nichts passiert. 2 Minuten später habe ich mich umgedreht, dachte, versuch's nochmal. What the fuck? Beim 3. Mal habe ich mich nicht mehr gekriegt. Dann sagte der irgendwas irgendwie, jetzt hat er alles verloren, ja. Es ist vorbei. Ich weiß nicht, was er mir das nochmal gesagt hat, aber... Boah. Ich juckt schon wieder überall, ey. Diese dämlichen Plastik-T-Shirts. Oh. Hä? Achso, ich dachte, jetzt sind ich mit jemand anderen unterwegs, das soll man auseinander kennen. Den muss er... Stehlen? Den Inhalt? Na, für Teufel. Verfolgst du mich oder was? Ach, Gott sei Dank. Das ist halt so, ist hier eine Bank oder wo war das nochmal? Ah ja, da ist es. Oh Gott, wir müssen wieder ausholen. Ja, da gibt's ja noch so ein Apartment, da habe ich so einen kleinen Fehler gemacht. Obwohl der Fehler eigentlich gar nicht so schlimm war, weil dieses Apartment, was ich jetzt da habe in diesem Spiel, das ist so, da kann man bis zu 50 Sammlungen reinhauen, wenn ich mich hier erinnere.
Und das, was man in jedem Herz, also kommt darauf an, welchen Pakt man natürlich geschlossen hat, ich habe in jedem Herz genommen. Und das war der größte Fehler überhaupt, das muss ich euch sagen. Andere haben doch angefangen mit wie heißt das? Admerium? Schieß mich doch nicht vor. Diese anderen zwei Pakts auf jeden Fall, Sturz, schieß mich tot und Admerium oder wie auch immer das heißt. Als ich vor 7 oder 8 Jahren das Spiel gespielt habe, mir war das scheißegal, was ich nehme, weil ich kenne mich nicht aus. Es hat nichts mit Skyrim zu tun, es hat nichts mit anderen Sachen zu tun gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, musste erst mal reinkommen und so etc. Alter, was ist denn heute los? Ups, falsche Adresse, da steht er. If you're looking for the Bank of Mournhold, you've come to the right place. Ja, ich kann gerade nicht mehr klar denken. Ich spiele und normalerweise macht man das so, dass man spielt und dann nach dem Spielen lädt man es hoch und kommentiert. Geiler geht's ja gar nicht. Aber unterm Spielen, das geht nicht. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ja, bin kurz davor. Ich muss mal kurz den Kaffee nippen. Das ist ja Tee. Ich habe zweimal Tee gemacht, stimmt. Pfefferminz und, was man sagen, Orange. Oh, ist der kalt. 16 Uhr schon wieder. Leck mich am Arsch, die Zeit vergeht. Jedenfalls dieses Ebenherz-Pakt ist ja so, das glaube ich kam... Ich weiß nicht, ob das zum Schluss rauskam, muss ich ehrlich sagen. Dieses Spiel, ich habe es nicht verfolgt. 2 Jahre später, als es rauskam, habe ich es eben angefangen zu spielen. Nur für 3 Tage. Und danach war es mir sowas von egal. Jetzt bin ich schon seit mehr als fast 2 Monate dabei bei diesen 257 Stunden in-game. Und das fällt nicht auf. Es fühlt sich an bei mir jetzt gerade für 30 Stunden oder so. Das ist wirklich mein Stuhl. Ah, es ist ja wirklich mein Stuhl. Gestern habe ich erst alle Schrauben wieder vollgezogen, angezogen. Jedenfalls, ich hab dieses Ebenherzpack genommen, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist halt was Düsteres. Da kam ich so drauf, aha, das muss die letzte Region gewesen sein, die sich da geöffnet hat. Und somit habe ich dann auch diese Hütte da gefunden und diese Hütte habe ich da beansprucht und die hat dann, ich glaube, nur 5 Sammelstücke oder so kannst du da reinhauen oder 20 waren es, glaube ich, oder was. So, naja, scheißegal. Ich möchte eigentlich irgendeine Hütte. Und ich dachte halt, wenn du eine Hütte kaufst, mit diesem Geld, mit dem richtigen Geld, für 12,99 € deine 3000 Kronen oder wie die heißen da. Da kriegst du halt dann auch eine Sammeltruhe dazu. Kriegst du nicht. Du kriegst die Bude, du kannst aussuchen, kannst du bemöbelt haben oder nicht bemöbelt. Ich habe es bemöbelt genommen. Und dann habe ich zusätzlich nochmal eine Truhe gekauft. Oh mein Gott, für 2000 Kronen. Also habe ich 32 € ausgegeben. YouTube fängt schon wieder zum Spinnen an. Mein Livestream läuft nicht mehr. Das sagt er mir jetzt erst, obwohl eigentlich... Hä? Warum läuft das nicht? Gut zu wissen übrigens. Obwohl ich nicht verstehe, warum jetzt mein Livestream nicht mehr läuft. Kommt ständig ein Ladebalken. Habe ich jetzt 25 Minuten umsonst geredet, oder wie lange ist das her? Ich bin aber noch live. Warum zeigt er diesen Ladebalken an? Ach, jetzt wahrscheinlich hat sich einer beschwert durch das, dass ich so viel rede oder so. Passiert, wenn das passiert, meistens so Ausrast oder sonst irgendwas. Und ich meine eigentlich keine Leute, sondern eigentlich nur das Spiel selber. Aber die machen dann, was sie wollen. Es gibt solche verblendeten Leute. Wirklich, gibt es. Muss man vorsichtig sein. Normalerweise können die eingesperrt, solche Leute. Gehören eigentlich weg. Das ist Fakt. Nur so. Das sind auch solche Leute, die den Trump wählen. Nur so nebenbei. Und wenn du einmal Nein sagst, dann geht's gleich zum Anwalt oder so. Die flippen dann voll aus. Alter, wie komme ich jetzt wieder auf 180? Ah, ich habe letztens schon gesagt, oh, die könnte ich mitnehmen, aber ich habe das... Boah, ich weiß nicht mehr, wo die andere drauf. Nehme ich mal raus, weil ich weiß, ich habe woanders da auch noch die leuchtende Tinte. Wenn's die ist. Das ist ja die Bude. Ach, soll das mitnehmen, nicht mitnehmen. Ja, für das ganze Gedöns wäre halt mal was recht noch. Verdammt. Da habe ich jetzt schon einen Haufen weggehauen. Oh, deswegen geschmatzt da im Hintergrund schon wieder. Gefälschte Begnade in der Hall. Ah, die sind hier gut. Ne, kann jetzt weggehen. So, ich habe die Schnauze voll vom Quatschen. Ich mach's jetzt gut, weil dieses Mikrofon regt mich sowas von auf in dem Spiel. Ich kann mich weder ans Spiel konzentrieren, ich kann weder verfolgen, was ich eigentlich machen möchte, weil ich ständig nur am Quatschen bin, am Erklären bin und das sollte nicht der Fall sein. Da bräuchte mal, keine Ahnung, eine Freundin, die nebenbei irgendwie so ein bisschen mitquasselt und du konzentrierst dich halt dann nur auf das Spiel. Aber auf das Spiel zu konzentrieren und gleichzeitig zu versuchen, über das Spiel, mit dem Spiel, durch das Spiel und
so im richtigen Leben ins virtuelle oder umgedreht und man sagt 80% nur Scheiße. Ganz ehrlich. Und so geht's doch jeden anderen. Und deswegen laden die nur Videos hoch, dolmetschen das bei sich selbst irgendwie, also auf gut Deutsch machen die doppelte Arbeit oder sind bei Twitch und spielen eigentlich gar nicht mehr und keine Ahnung, lassen sich einfach am Arsch legen. Also du hast keine Chance, das zu verwalten. Da kannst du Sachen, 2, 3 Sachen gleichzeitig machen, währenddessen du, keine Ahnung, vom Gebäude gerade die Fenster reinigst und nebenbei hast das Handy und in Wirklichkeit schreibst du was an deine Memoran und weiß ich nicht, keine Ahnung. Hast gerade ein Taxi unten schon angerufen, dass er aber gleichzeitig die Pizza und was ist am Müll halt. Aber das kann man dann innerhalb von einer halben Minute alles abstellen. Alles klar. Jetzt so dumm. Ist das jetzt eine aktive Mission oder? Wir sind gekommen. Erspähbar. Wir müssen noch unbedingt nach Bankorei. Hier los. Den kenne ich ja schon seit Anfang an. Den Spinner. Das ist glaube ich so eine Side-Mission oder so. Wie gehe ich denn jetzt? Das war aber immer mein Ausgang, dass ich da mal runtergeknallt bin. Das Verrückte ist, ne? Ich hab's nie geglaubt und ich werde es auch nie glauben wollen. Jetzt spiele ich das Spiel schon seit ein paar Stündchen. Und ich weiß, wenn ich beispielsweise eine größere Stadt wie Nürnberg, Berlin oder sagen wir München, ist ja egal, dahin kommen würde und ich würde in diesen 250 Stunden niemals erschaffen, dass ich die ganze Stadt in- und auswendig durch die ganzen Wege und allen möglichen Scheiß einfach auswendig kennen würde. In dem Spiel, das zigtausendmal größer ist als Berlin. Ich kenne wirklich alles, ziemlich viel. Also nicht alles, aber ich möchte sagen, ich kenne 40% von den ganzen Map, von den ganzen Gedönse, kenne ich jedes Eck. Und das ist echt viel. Die sagt mir auch irgendwie, das ist eines der größten Spiele, die es immer noch gibt. Flächentechnisch. Und ich bin immer noch begeistert, weil wenn man Morrowind gespielt hat, und ich habe das Daggerfall habe ich damals mal ein bisschen angespielt, deswegen habe ich auch Morrowind geholt, weil das Daggerfall am PC, das war einfach so hässlich. Da habe ich gedacht, was ist das? Die haben da von einem Open-World-Spiel da gesprochen. In der PC-Welt oder wie das damals hieß. Also habe ich mir Morrowind runtergezogen. Ich glaube, das habe ich runtergezogen, oder was? Ja, ich glaube, das habe ich illegal runtergezogen. Ist verjährt. Irgendwie. Ich überlege gerade, was Morrowind eigentlich macht. Ich spiele jetzt, glaube der Elder Scrolls wirklich sehr lang schon. Oblivion habe ich echt geliebt. Ich weiß nicht, wie oft ich das durchgespielt und wie oft ich es angespielt und nur im Kerker schon alleine den Nachbar gegenüber vielleicht mal einen Pfeil in das Gesicht zu schießen und zu sagen, Alter, schnauz du! Bis ich drauf gekommen bin, oh, was ist das? Ja überhaupt kein Mensch, das ist ja so ein komisches Echsending. Und seitdem hatte ich immer den Drang, bevor ich einen neuen Charakter gestartet habe, dass ich den da hinten schon im Gott-Modus irgendwie mit Pfeilen schon... Das war ein PC. Nix, scheißegal. Doch, es ging. Man kann den... Er stirbt. Aber er liegt halt da und redet noch mit dir. Das ist das Problem. Er ist zwar tot, er liegt am Boden, das ist so Mut. Egal, das war Oblivion. Ich glaube 3 Jahre habe ich da gespielt dran. Aber das war also nebenbei auch Skyrim gespielt und das hat mir dann irgendwie noch nicht so getaugt. Und dann wieder Oblivion zurück auf PC und alles dran. Skyrim, das ist so, wo man dann, what the fuck, und jetzt hast du das Spiel, ne? Und jetzt sehe ich ja immer so die Abschnitte. Hieß das Somerset damals bei Oblivion mit den Werwölfen, mit den Vampiren, oder war das was anderes? Oder was? Na, was für eine Insel war das nochmal? Auf jeden Fall war das so irgendwie, warte mal, war das nicht Skyrim? Ich weiß es nicht, ob das Somerset war oder so. Oder hieß ja hier Somerset? Wie heißt das? Ach, ich will nicht wissen, wie dieses Kackding da ist. Sonnenwende? Nee, das war das nicht. Das war schon Somerset, oder? Region, da habe ich in den Büchern immer davon gelesen. Straßen bei Kai, ja, bla bla, aber Und vor alledem, es war ja immer so, dass man von... Ja, es war Skyrim.
dass die Insel hier angezeigt worden war. Kragstein natürlich nicht dabei, war aber Like war dabei. Und hier irgendwo so eine Insel. War aber nicht Grauheim. Alter, das Grauheim wird angezeigt. Oh, das ist auch noch mal eine Insel. What the fuck? Ah, lass mich warten, das ist dieses Altmeri oder so Dingsbums, wenn du den Park hast. Krass, das ist wie hier hinten dieses Loot-Base. Was haben die anderen jetzt gehabt? Das Straßmarkei, oder? Oder das hier? Ne, die haben Straßmarkei. Was haben die da noch bekommen? Die müssen ja auch eine Anfangsinsel gehabt haben. Das wird schon Straßmarkei gewesen sein. Warte, wir machen gerade das hier durch. Aber da sind wir direkt an die Küste hingekommen. Oh, an der Wüste ist auch noch was. Da habe ich gelesen, man kann hier am besten... Da gibt es ja diese Daedra-Fürsten. Ja, ich denke Fürsten heißen die dann. Und die schicken ja immer ihre Meister und das los. Ihre Untertanen, besser gesagt. Und hier kann man... Was sind denn jetzt welche hier? Bei diesen Ankern immer hin und her reisen. Die sind aber trotzdem weit auseinander. Ja doch, die sind eigentlich schon ziemlich nah beieinander. Und so kann man, wenn man alleine dann gegen diese kämpft, immer wieder diese, wie sagt man dazu, Fürstknechte, sage ich jetzt mal, kann man dann töten. Und irgendwann kriegt man eine Trophäe für das. Dass man alle Anker auf alle Ankerbosse oder so, wie man sagt, ich weiß nicht, wie die wirklich nochmal heißen, Untertanen oder so, besiegt hat. Das kann man hier zum Beispiel farmen, das wusste ich nicht. Ich dachte, okay, du gehst jetzt jeden Dolmen ab und dann kommen die, aber wenn du, sobald du jemand dabei hast, oder, sag ich mal, das ist jetzt einfach passiert, das ist ja, der ist jetzt nicht in deiner Liste drin gewesen, der ist einfach mit dir mitgekommen. Und du zockst dann so einen Dolmen, so einen schwarzen Anker, wo du dir dann denkst, aha, es geht zwar schneller von Hand, aber es kann sein, dass du den Endgegner nicht besiegt hast. Also bei den, das ist halt dann, ich könnte mal rausfinden, wie viel ich noch brauchen würde. Das ist deswegen, es ist schwierig über das zu reden, wenn man gar nicht so richtig eigentlich reden möchte über das Thema. Keine Ahnung. Das sind Sachen, die noch zu erledigen sind auf gut Deutsch in diesem Spiel und das lobe ich mir. Dass ich mich heute ein bisschen erkundigt habe und auch schon komplett wieder am Ausflippen war. Zweimal unterdessen, währenddessen ich eigentlich gerade zock. Dank dieser ESO-Map übrigens. Komplett hier. ESO-Hub. Komm. Was wollten wir jetzt eigentlich? Ich weiß auch nicht mehr, was wir wollten. Doch, jetzt weiß ich wieder, was wir wollten. Verdammte Scheiße. Mein Gehirn hat sich wieder aktiviert. Kennst du das? Du stehst ungefähr mit 20 Leuten in einem Raum und du möchtest einfach nur reden. Und du kannst nicht mehr reden, weil du nicht mehr fokussiert bist. So geht's mir mit dem Headset. In derselben Zeit sollte man schauen, dass man von A nach B so schnell wie möglich kommt und am besten weiß, was man tun möchte, aber wenn man kein Ziel vor Augen hat und man redet einfach oder man möchte gerne reden über Sachen und verliert den Anschlussfaden, dann fängt man schon an, langsam einzuschläfern und schlafen und das ist einfach langweilig. Das ist das letzte Mal, dass ich hier in The Elder Scrolls überhaupt das Mikrofon nutze, weil das totaler Bullshit ist. Einfach ausschalten, mit sich selber dann in der Bude reden, macht mehr Spaß, als wenn ich dann irgendwie zu quatschen anfange, weil das so sinnlos ist. Wirklich so endsinnlos. Ich wusste, ich habe das hier drin. Was ist hier passiert? Nicht verwertet. Und geht hier nicht. Wir haben schon alles. Gut, 2 können wir noch machen. Aber es ist Einrichtung. Wir können es sammeln. Und wieder Scheiße geredet. Hart.
Wann auch immer das passiert ist. Oh, wow, krass. Ich denke gerade drüber nach, ob ich heute noch zocken soll oder nicht. Asphalt Legends Unite auf Death Nation for Real Account. Hab ich so eine halbe Bier wäre jetzt schon was, ne? Einfach diese Frusthalbe. Das ist jetzt 26 Stunden her, wo ich das letzte Mal oder aufgehört habe zu saufen. Serif, what the hell? Jetzt hat er sein... Wolltest du noch gerade vorher was sagen, Junge? Danke. For sake. Dasselbe, wenn diese Tusse, ja, die eingestellt ist, wenn ich hier so ein Bimbo-Schmand oder Quatsch oder so. Wir haben doch Dach über Der Kopf. Spinner in der Exalmal den Randhilten MIT Signer da Smile. Das ist dann so, wenn ich dann irgendwas quatsche oder so, auf Englisch am besten auch noch, wenn du translatest in deinem eigenen Schädel, aber du hast zwei Musiks an. Der BGM und dann noch deine eigene mit deinen Earplugs. Ja, was ist mit euch los? Spinnt ihr jetzt oder was? Verpisst euch! Oh. Ihr wären der Feuergrube, da hätte er tanzen können. Und du quatscht. Hörst zweimal Musik und dann kommt diese Tusse und redet dir noch irgendwie so ein, so, haben Sie Bock mit mir Legends Unite online zu spielen? Oder how's about make a room up? Like, you really get forced already for shit like that. Natürlich sage ich, nee, ich hab keinen Bock. Nö, erstens viel zu aufwendig. Erstens heißt es Arbitäre oder wie schaut's denn aus? Grüß dich, ich bin der Volltroll von Volltrollhausen und ich möchte mit dir rumtrollen. Magst? Na, da hast du immer gleich bei den Straßen da, ne? Wie schaut's aus? Geh mal. Mach deinen Raum auf, du Opfer oder so, weißt du, ich mein. Alter, da flippe ich aus, Alter, wenn da jemand schreibt, hier meine Nummer und komm mit mir privat. Was willst du von mir, Mann? Kenn ich dich oder was? Wo haben sie dich rausgelassen oder was weiß ich was, wie mein. Boah, da krieg ich so einen Rappel voll, Alter, ohne Scheiß. Dann sag ich nur noch, wenn jetzt irgendwas kommt mit Invite oder sonst irgendein Scheiß, bist mal für 5 Minuten gebannt. Wenn es mich noch weiter aufregst, dann kannst du Dauerban kriegen von mir auf der Seite. Auch wenn es mir echt leid tut, aber weil ich dich nicht kenne. Aber du schreibst mich an, Alter, so, das geht nicht. Weißt du? Und das passiert meistens so, wenn die Musik echt geil wird, du echt gut beim Saufen. Deswegen habe ich jetzt vorher gerade ein bisschen geträumt. Und so, dann hörst du die Background-Musik noch von dem Spiel, wo du denkst, passt irgendwie zusammen. Aber in derselben Zeit bist du am Zocken und die Tusse sagt irgendwas auf, was du eh nicht verstanden hast, weil das Auto so laut noch nebenbei ist. Was ist denn? Und meine Oma damals immer früher, wo ich noch bei meiner Oma und meiner Tante gelebt habe, die 2 Jahre, und ich war immer so einer, und ich habe sie ja früher schon so kennengelernt, wo die halt auch schon zusammen gewohnt haben, in einem anderen Dorf, sage ich immer so schön. Bei mir war das immer so, wenn ich dann vorbeigekommen bin und ich war so genervt und meine Oma hat mir gesagt, irgendwie so in Richtung von, hol jetzt Holz aus dem Keller raus oder so, und ich so, was ist? Und meine Oma, ich habe dann immer versucht, das nie wieder zu sagen. Hab ich der Oma irgendwas angeschaut, wie schaut's denn aus, soll ich Holz holen? Und sie hat sich umgedreht in der Speise, was ist? Ich so, was ist jetzt wieder los? Ach, du hast einmal was ist gesagt. Und ich so, oh mein Gott. Das hat sie mir jahrelang hinterhergezogen. Genauso dieses Ja-Nein-Spiel. Nein ist Ja und Ja ist Nein. Das habe ich damals als Kind immer mit ihr gespielt. Einfach, dass es ein bisschen anders wird. Nicht immer so fröhlich ist oder so, verstehst? Ja, so Gaudi halt war irgendwie. Nee, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Einfach zum Kinderspaß oder so. Ah, meine Schwester hat das nie verstanden, glaube ich. Auf jeden Fall. Das sind so Momente im Leben, da kommst du nicht weg. Und das ist so ein Moment, da krieg ich einen Rappel, das triggert mich, obwohl es eigentlich erst seit ein paar Jahren ist. Seit World Rally Championship, ganz ehrlich, wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Stehe ich vor dem Schreien? Ja, glaub schon. Ist so, wenn dann die Frau da anfängt, oder das Übersetzungsprogramm hier zu sagen, was da jemand geschrieben hat, auf Japanisch, Englisch, Deutsch,
Indisch, scheißegal, welche Sprache. Manchmal klappt's, manchmal geht's auf Deutsch, da spricht die das wunderbar raus, den Slang. Manchmal sogar auf Englisch, auf Japanisch brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist halt so, aber das ist so, wo ich mir denke, what the fuck, ich habe kein einziges Wort verstanden. Dann schaust du hin, da steht doch wirklich eigentlich nur da, hallo, wie geht's dir? Aber du hast verstanden so in der Richtung von, jo, Alter, mach deinen scheiß Raum auf, Alter, ich will sofort da reinkommen, oder ich zerleg dich, Alter. Das ist so Gaudi halber natürlich jetzt nur. Aber du verstehst etwas, was gar nicht da war. Zweimal Musik, das Spiel selber noch, weißt du, bist eigentlich vom Translation, redest du eigentlich gerade, wie die Spieler, die vielleicht zuschauen oder die Watchers halt, translates German in English und der Scheißdreck, verstehst? Und dann kommt das so irgend so eine Tuste, denkst du, was ist jetzt, kann jetzt nicht schauen, weißt du? Alter, das triggert mich total. Dann schaust hin, in Wirklichkeit heißt es eigentlich nur, hallo, wie geht's dir? Hello, what's up, man? Und der Typ ist schon längst weg, weil du hast den verflucht. Weil das scheiß Rennen ist 2 Minuten gegangen. Oh, ja. Aber es gibt Sachen, wo ich mir denke, Alter, was willst du von mir? Ich soll in deinen Raum reingehen? Wie heißt erstmal, hallo, wie geht es dir? Möchten Sie mit mir spielen? Das war so früher noch vor ungefähr 10 Jahren so, wo ich meine ersten Livestreams hatte. Das war wunderschön, aber heutzutage heißt, ey du Knecht, komm sofort jetzt in meinen, weißt schon, in meinen Raum und gibt auch mein Passwort und so eine Scheiße und ich so, ich habe echt kein Interesse mit dir überhaupt noch zu spielen und manchmal denke ich mir so, wenn die Straßen so ekelhaft noch werden, dann habe ich echt Bock vom ersten mir zu versuchen, hier aus dem Fenster zu springen und mir vielleicht wenigstens etwas zu brechen. Vielleicht rutscht der Knochen dann auch ein bisschen höher und trifft doch mal mein Gehirn und es ist aus, aber ich weiß nicht, ob man bei 5 Metern sich was brechen kann. Sollte man ausprobieren. Das habe ich nicht gesagt im Stream. Sowas tue ich nicht. Das ist da wirklich so, wo dann natürlich wahrscheinlich die Mutter noch zurückschreibt, was hast du meinem Kind angetan? In Wirklichkeit wollte ich mir das antun, aber das Kind ist dann aus dem ersten Lor dann gehuscht. Ist jetzt Schluss? Was machen wir jetzt hier eigentlich noch? Schau, dass dein Arsch erst dann überkriegst. Rutze fix, diese Quatscherei da, Alter. Das macht einen Mürbe. Sind wir schon richtig da? Ja. Ich hab Halsweh. Ohne Scheiß habe ich jetzt richtig Halsweh. Ja, ich dachte, das ist Kaffee hier. Ich habe vergessen, das ist Tee. Jetzt schütte ich den Orangentee in den Pfefferminztee. Ist das geil. Ich habe nicht mal hinterfragt, warum ich das jetzt mache. Ich wollte eigentlich nur aufräumen. Es ist ja nichts zum Aufräumen. Also habe ich jetzt in den Tee reingeschüttet. Pfefferminz-Orangentee. Achso, man muss noch Gurgeln ausspucken. In das Glas wieder rein, oder wie? So, schauen wir mal, ob die Buletten hier vom Fisch... Oh ja, jetzt sind sie aufgetaut, aber sie sind immer noch saukalt. Leck mich am Arsch. What the... Zuhören? What the... Der Fisch ist immer noch saukalt und vorne unten drin. Das nennt man mal original deutsches Alublech. Der lässt die Kälte nicht so schnell raus. So, jetzt können wir es in den Ofen nach 3 Stunden schieben. Ach mein Gott, da sind wieder Pfannen und alles scheiß Klump drin. Ah, Maurer, der Single ist, Dauersingle ist. So viel Töpfe und so viel Pfannen und so viel Gelumpe. Ja, das muss erstmal, das gibt's doch gar nicht, oder? Jeder Single-Patient, Alter, so wie ich, Alter, mit 38 Jahren. Oh Gott, ich bin 38. Ich glaube, ich muss noch mal im Perso nachschauen. Höchstwahrscheinlich steht da drauf, dass ich 45 bin oder so. Und letztens war jetzt das Thema im Internet so in der Richtung von alte Leute spielen immer noch Konsolenspiele. Ey, die sind eigentlich, von dem her, okay, ich bin noch, alles gut. Die sind 45, 50, die spielen immer noch so wie ich. Haben wir noch ein bisschen Zeit, bevor wir abstürzen. Ich bin ja schon abgestürzt. Ich arbeite in so einer Firma, da wo ich eigentlich gar nicht mehr sein möchte. Da ich jetzt wieder vergessen habe, um welches Thema es gegangen ist, ich liebe es. Welcher Depp, oder besser gesagt, welche Dame würde sich sowas überhaupt antun, mit so einem Kerl mit mir zusammen zu sein, der da einen Ofen hat, da wo alles Mögliche drinsteht. 2 Töpfe und 2 Pfannen und was weiß ich nicht alles. Und da schaut man in der ganzen Gegend hier rum, da Töpfe, hier Töpfe, aber wunderbar, alles sauber. Und alles. Boah, was? Ich bin Single, man braucht doch nur einen Topf und eine Pfanne, oder? Wie passiert sowas? Ich habe sogar die alte Pfanne immer noch für Sachen, wo ich Kartoffeln oder so mache, die können richtig anbrutzeln. Ich habe mir dafür eine neue Teflonpfanne gekauft, richtig? Die habe ich immer noch, damit ich 2 Pfannen habe. Eine für Essen, die richtig brutzeln und anbrennen können. Und eine andere, wo halt die Teflon noch greift. Kennen wir uns nicht schon? Nee. Alter, diese orangen Haare, habe ich gestern auch schon, glaube ich, gesehen. Ringe in der Nase drin. Ist gut, aber auf der... Weiß nicht. Oder was ist das für ein Tattoo, Alter? So, ich muss einfach hinglotzen. Ich kenne das ganze Zeug gar nicht. Krass. Ja gut. Was ist denn überhaupt ein Typ hier?
der Bankier. Hallo? Ach, das ist der Privatbankier von mir. Oida. Bist denn du drauf? Ist wahrscheinlich links oder rechts, ist ein Bankier sogar noch drauf. Alles gut bei dir? Hallo? Herr Ratte? Ah, das ist sie. Hallo. Walker tell Portos what you have seen? He has heard screams and the ring of steel, and his heart fills with dread for the city of doom. This one stands in his stall with his wares. If you wish to trade, better to die. Ich bin mir doch nicht mehr so ganz sicher mit dir. Erstmal setz dir deine Haube ab, um vielleicht ein Echo mal rauszubringen aus deinen Ohren. Das sind diese Schreie höchstwahrscheinlich, die du hast. Und ja, vielleicht. Ja, wollte ich nicht sagen. Wo ist der 5. C? Das ist nicht. Einkaufen! Boah, Alter. Wenn ich mir überlege, dass das einfach so frei rumliegt. 150 Groschen, Alter. Ihr wollt mich schon verarschen, oder? So, jetzt verkaufe ich meine Zitrone. Weil die ist gestohlen gewesen, deswegen kann ich sie nicht verkaufen. Scheiße, das kommt mir gerade. Gift brauchen wir nicht. Alles Blödsinn. Bullshit. Hier, nimm die Haube auch. Weiß nicht, warum ich das noch bei mir drin habe. Ja, das Lebenselixier meinetwegen. So, dankeschön. Das bald mal. Kannst du auch haben. Oh, ich fühle mich schon so erleichtert. Oh. Jupp, jetzt wird's Zeit fürs Klo. Was ist jetzt schon wieder, Mann, Junge? Guck mal, jetzt habe ich für 150 Gold sogar was gekauft, dass ich mir für 150 was von ihm kaufen kann. Der Typ, der tut mir so leid, dass ich für 150 wahrscheinlich was kaufen möchte. Auf die 150 eingenommen. Was gibt's in dem Spiel so nicht? Rüben. Ich glaube, das habe ich nicht einmal in meinem Ding drin. Kürbis, ja. Mal schauen, vielleicht finde ich etwas, was ich noch gar nicht hatte. Nee, schaut schlecht aus. Rettich, ja. Rübe, Ah, schau her. Ist zwar ein virtuelles Spiel, aber nehme ich einmal. Jetzt schenkt er ihn aus, sauft er ihn an, geh weg. Was weiß ich, was ist denn da mit dem Kerl los? Ja, okay. Na dann. Werden wir gleich haben hier. Einmal. Besser jetzt da drüben? Zieht er mich ja Schlange an, oder? Ja, der Verrückter. Schauen, wie es den anderen so geht. Die tun ja auch nicht so. Ja. Komisch. Gut, hat er gesagt. Ja, wir reisen ja schon. Hier in der Region oder so gibt es nicht wirklich Händler und das, bis ich rausgestellt habe, dann der große Baum, der hat dann im 2. Obergeschoss oder so, der ist seine Händler drin. Seine Schmiede und Schreinerei und ach, was ist noch da, Lampe halt, Computer und so. Das Faxgerät. Da haben sie schon so komische Leuchttechniken da mit ihren komischen Dolomiten da, was auch immer da wächst. So hochproduzierte komische Viecher, die weiß nicht aus welchem Nuklearwerk da rauskommen. Aber Fax, Handy, nichts, ne? Ja, du brauchst mir nicht vorschreiben, wann ich zum Reden habe. Wenn man in ein Spiel zu sehr integriert ist. Da steht schon so ein Spinner. Alles in Ordnung bei dir, ja? Alter, haben die damals schon solche Unterhosen gehabt oder was? Soll ich den Buckel auch noch kratzen? Wissen wir die Gerte, oder? Come to bathe in Pollett's cool waters too, stranger. Give me a moment to finish my ablution. I was told it was imperative that I do so quickly. Wenn du das so nennst. Ja, du willst doch, dass ich jetzt abhaue, oder? Warum? You'll never believe this. She was a Twilight Cantor. She was okay, passt schon. She wasn't here to perform an exorcism. Das hast du dir alles nur eingebildet. Alles nur Spiegelungen. Aber ist das Wasser nicht scheiß warm? Da will ich so einen Schatten weggehen. Alter, da wascht sich da einfach mitten irgendwo im See drin. Ja, nee, das wollen wir jetzt nicht sehen, ob du deine Hose da runterlässt. Die anderen Leute schauen ihm zu, weißt. Ja, what the fuck? Ich bin doch gerade in die Richtung gegangen, jetzt sind die da mit mir. Das ist ganz schön und so. Oder eine Scheibe reinwerfen. What the fuck?
What the fuck, der ist sogar größer als Seraph. Holy shit. Hallo? Hey, if you're here about the altercation, Schau, da sogar über unserem Bildschirm drüber. Wie soll denn das gehen? Wie groß bin jetzt ich? Fliege ich jetzt oder wie? The Twilight Cantor. She yelled at the courier that followed her. Maybe not a courier. Ich stelle mir jetzt schon mal Bier kalt. Warm. Ja, eigentlich warm, weil kommt jetzt aus dem Kühlschrank. He gave her a message and she barely Du redest weiter, ich höre dir nicht mehr zu, auch wenn ich das Headset auf habe. Einmal, zweimal. Es ist so, wenn ich wieder zurück in den Raum gehe, ne? Nee, das ist nicht der Raum, was ist das? Moment. Auch nicht. Alles gut, passt schon, mein Nachbar raucht. Sind die wieder da? Ich dachte gerade, Alter, warum riecht jetzt, normal ist auf 24 Stunden. Oh, das Auto steht wieder auf der Hinterseite. Ich dachte schon, das ist, oh mein Gott. Ich habe zwar gesagt, ich möchte jetzt da gleich was anderes zocken, aber es ist so, nach einem Tag, wenn ich meinen Ionisator anschalte, der läuft dann so 3 Stunden Maximum. Und das mache ich vielleicht noch eine halbe Stunde danach noch, so am nächsten Tag, noch 8 Stunden. In 24 Stunden ist dieser Raum rauchfrei, man riecht nichts mehr. Es sind noch ein paar Partikel hier und da vielleicht in einem Eck oder was, die langsam runterfallen, auf die Haut kommen und dann juckt es dich ein bisschen mal kurz. Wo du denkst, Alter, was ist los, warum hast du so komische Zuckungen, weil es so echt schnell geht. Aber wenn man in der dritten Person schon reden muss, dass man ja nicht auffällt, dass man manchmal Selbstgespräche führt. Warum steht eigentlich Sau? Ach, Sauna, jetzt. Handtuch da. Jetzt habe ich gerade gerochen, als ich in den Raum reingegangen bin. Das ist so frischer Rauch, aber täusche ich mich da? Jetzt bin ich fertig geworden. Hart. Und die rauchen halt da unten, aber ganz ehrlich, Leute, Bubatz und so, ich habe viel gerochen in der Hauptschulzeit. Vor allem auch in der Berufsschule. Jetzt ist es mir eigentlich egal, weil man darf ja Marihuana rauchen, wann immer man will, in bestimmten Mengen und so weiter und was weiß ich, wenn man sich das aufhebt, das ganze Jahreskontinuum, oh heilige Maria. Aber es riecht halt nicht nach Zigarettenrauch only, okay? Und deswegen habe ich jetzt gerade so riechen müssen. Und ich rieche das immer in der Früh, bevor ich aufstehe, weil der andere, die stehen schon eine Stunde früher auf. Ich weiß nicht, der arbeitet zwar, glaube ich, auch als Maurer oder so. Wollte ich nicht gerade pinkeln, ich kann nicht pinkeln. Und der steht halt, ich glaube um 6 haut der schon ab oder was, wo ich dann um 6:30 abhau. Aber die rauchen halt noch eine draußen. Und das riecht in der Früh. Manchmal raucht er halt am Wochenende eben nicht nur Zigarette. Und wenn du dann aufstehst, egal welche Zeit, so zwischen 5 oder 6, 7, die sind halt da draußen und rauchen erst einmal eine und da ist halt dann auch was anderes dabei. Vor allem, wenn die Musik gespielt wird am Abend, dann riecht man es erst recht. Wenn ich auch meistens Fenster offen habe, weil ich auch ein bisschen zock. Ich zocke eigentlich immer, wenn ich zu Hause bin. Ich habe nichts anderes. Ich habe nicht mal ein Hobby. Das ist mein Hobby. Das ist mein Leben, oder? Ich habe festgestellt, im November, ich habe alles zusammengerechnet, im November war ich insgesamt 3 Wochen in Arbeit. Eine Woche war ich, ja, nicht krank, aber habe ich krank schreiben lassen, weil ich eben Wurzelbehandlung gehabt habe, 2-mal in der Woche. Und rein theoretisch würde ich 160 bis 180 Stunden arbeiten, richtig als Maurer. Haha. Ich habe, kein Witz, 320 Stunden Livestream gehabt im November und ich weiß nicht, wie ich das zusammengebracht habe. Es ist, Entschuldigung, es ist Asphalt Legends Unite, KX und es ist dieses Spiel, der Elder Scrolls und ich dachte mir die ganze Zeit, es kam heute so raus, ich spiele das Spiel schon seit 2 Monaten eigentlich. Es ist der 2. Monat jetzt schon. I knew you were going to ask that. Keiner hat irgendwas gefragt oder wie auch immer. What the fuck, dude? Hast du gerade gewispert? There is something on my mind, Tamid. Indeed. Though much can be said for our efforts in her favor, we are far from suitable replacements for a mentor. Talbira's spirit. I see. You mean as a replacement mentor for Crinzy. Whatever we discover in Palat, we must do what we can to mend the rift between Crinzy and Viti. Ich hab Hunger, ich möchte saufen, ich möchte eine rauchen. That is the Aber mir ist business lieber, of wenn my ich ein Rennspiel spiele. If it were easy, the world would never have needed the Hidden Moon. Ah, Bullshit. Once again, you prove yourself a blessing from Azura, Tamid. We need to learn if the Inquisitors have a presence in or around Palat, and if so...
Junge, ich hab alles verstanden, was du gesagt hast. Wo war ich jetzt gerade wieder? Genau. Das ist das Problem. Ich habe einfach nur Angst, dass der Server mich rauswirft. Ich muss irgendwas tun, damit irgendwas wieder... Keine Ahnung. Kenne ich nicht von den anderen Spielen genug. Von Genshin Impact und Blast Unleashed oder wie das hieß. Ich wollte nur sagen, dass ich über 300 Stunden live gestreamt habe im November und es waren 124 Stunden, was ich gearbeitet habe im November, ohne den Krankennachweis natürlich jetzt mitzuberechnen und wären halt dann das 160 oder 165 oder was auch immer. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass ich 3-mal mehr live streame, oder es ist, sag ich mal, wenn ich wirklich, Sommer ist die höchste Arbeitszeit meistens auch nicht, manchmal ist es sogar auch Winter, sagen wir, es sind 180 Stunden, dann wirklich 2-mal so viel, genauso bei Zocken ist es so, dass ich halt dann auch nicht viel Zeit habe, aber wenn ich dann Zeit nehme, dann ist es schon mal manchmal 4 bis 5 Stunden, wenn so ein Spiel ist, wo ich mal am Abend dann reinzock. Dann komme ich immer noch trotz alledem auf 200 bis 250 Stunden, ne, in Höchstarbeitszeit als Maurer. Dass ich 250 Stunden so maximal live streame. Wenn das nicht maximal 180 Stunden arbeite, das ist fürchterlich. Es ist kein Hobby mehr, das ist ehrlich. Ich verdiene zwar kein Geld hiermit, aber es ist so, wo ich mir denke, brauche ich auch nicht, weil ja, man könnte. Und ich rede jetzt nicht von, was ist 10 Euro in der Stunde, was totaler Bullshit ist. Ich rede davon vielleicht in der Stunde 25 Cent. Ich wäre begeistert. 25 Cent macht wirklich viel aus. Livestream du mal 200 Stunden im Monat. Und davon quatsch ich 40 Stunden, sag ich mal. Rennspiele, eigentlich. Nur Rennspiele, da fange ich zu quatschen an, weil es chillig ist. 40 Stunden. Das ist ein bisschen Geld, oder? Kann man so gelten lassen. 10 Euro im Monat. 10 Euro, da. Naja, 10 besser als nix, oder? Nee, aber es ist halt, aber dann weiß man, aha, man verdient wenigstens ein bisschen was. Und es ist steuerfrei. Ich glaube, was hat wir mal gelesen? Irgendwie 20.000 Euro oder so aufwärts muss man erst angeben, dass man, dann muss man Steuer zahlen oder was. Aber da YouTuber irgendwie als, wie war das nochmal? Privat, du kannst es als Hobby angeben oder gewerblich, aber viele geben das, wer mehr als 20.000 verdient, sollte irgendwie gewerblich anmelden, oder wie das war. Irgendwas habe ich mal gelesen. Auf gut Deutsch ist es überhaupt nicht einfach, Geld zu verdienen bei YouTube. Und ich möchte es auch gar nicht. Das, diese Donation-Sachen, die haben sich so wieder aufgehört. Machst du lieber Merch oder so, aber das ist dann auch wieder so Vertriebszeug und nee, ist nicht mein Ding. Ich verwalte dann, also ist so, man verkauft Sachen, wo man selber bewerten muss, ob es den Leuten überhaupt taugt. Kennst du überhaupt Leute, denen es taugen würde? Kennst du diese? Gehst raus, fragst die Leute. Es gibt halt sowas wie Black Montana beispielsweise, der hat halt seine Freunde Space, der geht raus, der kein Problem. Die Leute laufen mir eigentlich nach, die, keine Ahnung, das Parfüm oder weiß nicht, es reicht nur ein Spruch von ihm oder so. Ja. Jeder da, Monte hier, Monte da, was. Aber das ist so, wo ich mir denke, der kann halt fragen, weißt, der kann öffentlich, kann hingehen und sagen, hey Leute, hey, das ist so ein T-Shirt von mir beispielsweise oder Socken, keine Ahnung, mit Taugzeug. Bei mir wäre schwierig, anzufangen. Man müsste entweder irgendwo schon in so einem, ich sag jetzt mal, Bekleidungsgeschäft arbeiten, das hört sich jetzt bescheuert an, um dann zu sagen, okay, man kann da ein bisschen jetzt mal Werbung machen und ein paar Leute sagen, hey, das ist jetzt umsonst. Wenn du magst, tragst das ein bisschen, kannst abhalten und du kommst aber halt einmal nach einer Woche auf mich zurück und wir gehen mal ganz kurz durch. Das dauert 1 Minute, ob es dir gefallen hat oder ob es den Leuten anspricht, ob es juckt irgendwo, ob die Nähte scheiße sind, weißt du, ich meine, so bla bla bla. Da muss man aber für sein sag ich mal, für sein Produkt aber auch gerade stehen. Was ist denn jetzt da hinten los? Holy moly. Ah, der Anker ist gefallen, alles gut. Das war gar nicht ausgegeben. Nächste. Wo ist der dritte? Und der dritte. Das wäre, wo ich sagen würde, okay, das lohnt sich, aber das ist nicht für mich. Das wäre nichts für mich. Ganz ehrlich. Alter, von was renne ich ständig immer weg? Ich möchte mal in die andere Richtung rein. Wir sind ja von der Richtung gekommen, warum zum Teufel sind wir nicht an denen schon vorbeigekommen? Simon? Achso. Hey, Five Claw. Spare some gold for a humble Khajiit trying to get out the pallet. Auch wenn ich Krallen habe, weil langsam wird es Zeit für die Fingernägelbeschneidung. Die sind halt ja leicht groß, aber ich habe heute extra selber vom Spiegel geschaut, alles gut. Aber manchmal irrt's halt, wo man sagt, ach, fühlt sich so filthy. Ah, die hat doch gerade eben gesagt 5 Kralle, richtig? Jetzt zähle ich gerade mal bei ihr noch. 1, 2, 3, 4, 5. Check ich das jetzt gerade oder was?
Haarloser oder so, hätte ich verstanden, aber what the Yeah, fuck? it's hard enough to get by. And now there's talk of a Twilight Cantor coming through town. A bad omen, if you ask Felaga. Are the shadows so long we need an exorcist to cast them out? This one has no wish to stay and find out. Wie oft haben sie bei dir probiert, den Exorzisten zu spielen, was du da auf deiner Gehirnseite oben hast? Bist oft gegen die Wand gerannt oder hingefallen, oder, als kleines Kind? Da steckt ein Stein in deinem Schädel, verstehst du mich? Ja, mei. Und deswegen fange ich an, aber jetzt saufen, gell? Was schaust du jetzt du mich so? Magst du mal neu füllen, oder was? Oh, ich glaube, die verfolgen uns wohl auch noch. Okay, machen wir das mal Ende hier. Be wary, Stranger. Alter, die What Stimme, does the so message männlich-weiblich, aber irgendwie so Komödien, irgendwie. Entschuldigung. Was ist denn das jetzt? Vorladung? Hallo? Das irrt mich jetzt gerade. So wie als würde jemand vor meinem Gesicht jedes Mal irgendein Tempo halten, das verrotzt ist oder so. Du willst es wegkriegen. Aber es ist integriert. The Inquisitors seek to Ah, blame ihm muss ich das for vorzeigen. failing Ach, to sorry. Stop the Rajasca? Come, we must hurry to the meeting place southwest of town. Ist das Southwest? That's more South. Oh, zeigt das sogar oben an. Es gibt so Momente, wo ich mir denke, warum ist dieses Mikrofon an? Halt einfach deine Schnauze und spiel dieses dämliche Spiel. Ah, da bäumt sich was auf. Oh, look at that. Das ist amazing. So sieht man das rein theoretisch gar nicht, wenn man das Spiel so spielt. Das ist krass. Der Dolmen ist ja auch schon da, ne? Ich muss nur noch Tamriel eigentlich machen. Tamriel und... Tamriel soll schon Cyrodiil, sorry. Aber wenn ich Cyrodiil dann habe ich wieder eine Trophäe. Das heißt dann irgendwie alle Anker oder so. Keine Ahnung. Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass ich absichtlich irgendwelche Sachen kollektiere. Es macht einfach Spaß. Es wäre jetzt was anderes, da wenn ich sage, okay, ich leg's drauf an. Aber das habe ich gemerkt, dass es dann keinen Spaß eben macht. Man nimmt sich einfach gerne mal ein bisschen was vor, dann macht man das ein bisschen. Auch wenn einem noch fehlt. Hat man Ziel beim nächsten Livestream. Und wenn es vorbei ist... What the fuck? Alter, das habe ich schon mal gesehen. There, the High Cantor. Wait, I sense someone else approaches. Quickly, find a place to hide. Ah, Krokodil. Der Adler und die Katze. Na wunderbar. Was ist die andere? Oh, bieten. Was macht die denn hier? Bin ich jetzt mit ihm in meinem Korb oder was? Show yourself, Inquisitor. Appear, and let's be done with this. Old High Cantor. Few invoke the Inquisition so casually. Soll ich jetzt gleich rausgehen? Also Grand gerade Inquisitor Arsalan, to what do I owe the pleasure of this offenbart visit? eure Anwesenheit oder lauscht den Wortwechsel. Machen wir jetzt was falsch? So, ich hab schon mal Bier da. Geil. She consorts with heretics. Oh, da ist das kalt. Geht schon wieder los. Jetzt wird's Nacht, ne? Jetzt minus 9 Grad heute noch. Haben wir die minus 6 Grad heute früh schon, gestern früh schon nicht gefallen. Minus 5 waren's, Entschuldigung. Oh, also was kann ich mich erinnern. Wenn man ein bisschen leidet. Your refusal to cooperate will not be forgotten, Viti. I suppose the two of you would like an explanation. He has As I departed, said, Walker. You might as Hat well die gerade come ihren out Text so now. übersprungen? We are on the same side. Hallo, willst du jetzt weglaufen oder was? Ah, macht doch, was ihr gerne wollt. Sie warten echt nur auf mich, oder? This one is sorry you had to witness that Maskar's dull claw, but Viti der is dritten Person thankful reden. you are here nonetheless. This Third one person. summoned you here to make amends and to ask for your help. She did not expect the Inquisition schon to dunkel. follow her, though. Da liegt immer noch ein brennendes Dorf nicht. Hat halt die Sonne geschienen. Krass. Der Rollo ist vollkommen nach oben. Ich hab irgendwie... Na, ich habe ja ein Handtuch, wollte ich schon sagen. Wie nennt man sowas denn? Ja, ist kein Handtuch, ist eigentlich eine Tischdecke. Ne, ist eigentlich sowas wie...
Das ist so ein dünner Stoff, wo man sich eigentlich einwickeln könnte, wenn es mal kalt ist, aber das ist so für die Couch. Nichts Besonderes, so fies. Aber etwas Schönes. Man kann es als Tischdecke auch hernehmen. Aber was ich jetzt sagen wollte ist, manchmal erreiche ich dieses Level von, das ist perfekt zugedeckt. Und jetzt heute habe ich es anscheinend geschafft. Also ich habe in der Früh Fenster geputzt heute früh. Ja, das tut man auch, wenn es kalt ist. Aber geht umso besser, umso schneller kann man es auch reinigen. Und das ist so hingerutscht. Jetzt merke ich gerade, es ist schon scheiß dunkel. Ja, es ist 17 Uhr. Heilige Scheiße. Ein bisschen ist noch hell. Boah, Alter, aber das habe ich gerade. Ich bin direkt erschrocken, als ich rausgeschaut habe. Ich habe gedacht, Sonne oder so. Feierabend ist. This one's fear of necromancy blinded her to the Ich muss gleich Bier saufen, ich krieg Kopfschmerzen jetzt. Viti now wishes She's to kein seize war das ja nicht so Derek gut, Barr's Goldwurst ein powers bisschen of weggeschissen. redemption with her own eyes. In exchange for this service, Viti is prepared to offer information of value to you. Boah, ich liebe es, wie die da interagieren, ne? Also als wäre das handgemacht, jedes Gespräch ist handgemacht oder so, das ist brutal. Schaut der die mich so komisch an? Ist die auf Ärger aus oder so? Ich glaube, die hauen mich aber zuerst auf die Schnauze, so schnell wie die ist. This one will share everything the Inquisition knows about the Rajaska. You seek their leader, Ravith Morna, yes? Viti knows the den. Urteilt mich nicht, aber das Problem ist bei mir, wenn das Mikrofon an ist und das Headset an ist, also auf ist, das siehst du, ich rede nur Scheiße. Das ist der Punkt. Hat die gerade 2 Augenlider? Moment. Oh, ja, die hat 2 Augenlider, okay. Oder hat sie es aufgemalt? Das ist so, ich höre mich nicht. Ich höre. Wenn ich da ganz normal rede oder was, das ist irgendwie so Rückkopplung oder so. Manchmal, wenn unterm Text, ich weiß auch genau, was ich sagen möchte, so, ich mache mir jetzt mal halbe Bier, und dann schauen wir weiter, wie schaut, unter Tisch drin oder so, gerne mal wieder sagen. Aber irgendwie kommt dann der Moment, wo ich den Faden verliere. Weil ich mich permanent selber in diesem versüfften Drecksloch in dieser Bruchbude selbst höre. Ich liebe es. Sag alle, wenn jemand kommt oder so, ja, kommt so rein, bei Bruchbutter, Della Casa oder wie auch immer, ne. Was für Kass stinkt da in der Butter drin? Ist halt, das ist so ein Echo hier, so ein Scheißhaus-Echo auf gut Deutsch. Das ist, wenn ich jetzt ein Mikrofon in den Raum reinstelle, ich habe mir extra auch eins gekauft, funktioniert nicht. Shepard genauso, hat alles Mögliche, hat auch, sag ich mal, den schönen Volley drauf. Null, geht nicht, okay, lass was bleiben. Aber das ist so hin und her geknalle, das ist so, das habe ich damals schon gemerkt bei World Rally Championship, wo ich die Mikrofone praktisch an meinem Latz dran gehabt habe, also auf gut Deutsch vorm Gesicht oder, sag jetzt mal, diese Kabelmikrofone, da Katastrophe. Da hat man richtig gehört, wie das schallt. Und ich höre mich permanent selber, weil das immer zurückschallt. Und ich sollte eigentlich diese Eierkartons hinhängen und das. Und ich habe auch ein paar schon mittlerweile gesammelt, das sind aber normale Originale. Ich meinte natürlich die aus Schaumstoff, wäre jetzt mal perfekt, aber ich traue mich nicht, weil ich nicht weiß, wie das so ist. Hat man die zwar dran und dann sagt man, nach 2 Jahren zieht man aus und man muss die alle wieder runterrupfen, da muss man den ganzen Scheiß putzen und ich bin Maurer, ich weiß, was ist zwar keine Arbeit, aber es staubt. Es ist so, wo ich denke, so ziehst du wieder aus, weißt. Und das ist das zweite Mal, das ist mein zweites Apartment in meinem Leben. Ich bin 38, bla bla bla, es gibt Leute, die sind schon mindestens 12 Mal umgezogen in der Zeit, aber es ist so, lass mal bleiben. Falle dem, wenn du dann die ganze Zeit rauchst, dann stinkt es auch, sag ich mal, der Schaumstoff, der riecht ja dann vielleicht eventuell. Wäre eine Möglichkeit. Deswegen, ich bin kein, wie sagt man dazu, Influencer oder sonstiger Livestreamer oder sonst irgendwas. Ich tue das, was ich gern mache und das zeichne ich auf und quatsch ein bisschen drüber. Chillen nennt man das, glaube ich, bei euch in der Generation. Chillen. Ach Gott, dieses Wort. We need not go to Orcrest. I will happily demonstrate my powers here. And once you reveal where to find Ravith Morna, das we can Klopapier bei. end the Rajaska threat. No, Hadalit. It must be Orcrest. For... was? Wait. Someone approaches. Hellogen, ik ben wieder MIT dem micro en zo, when ik kop voor auf heid voor ik mich nicht und when ik was voorless dan verspachai. Please, Sahida, let us speak. A promising reunion. Ich würde wirklich gerne Pause drücken und den Satz nochmal durchlesen, was hier gerade geschrieben worden ist, oder mehrere Sätze, aber geht nicht. Open World, ich hasse es. Okay, was ist vorgefallen? Hallöchen. Ach, da ist sie ja, ich habe die aus Versehen gelöscht, ja. Das ist wieder so eine Art von, ich abonniere Leute und deabonniere. Ich war in dieser Liste drin und ich habe deinen Namen nicht gefunden, weil ich nicht wusste, verdammt nochmal, wie hieß du. Ich habe manch andere gefunden, wo ich gesagt habe, aha, war der in meiner Liste drin? Auf jeden Fall ist da so eine Art Kanal und etc. Man kann dann Einstellungen gehen und da heißt dann, jetzt schauen wir mal, wer mich abonniert. Und die Hälfte von den Leuten, die mich subscribed haben, kenne ich nicht. Die haben keinen Account oder sonst irgendwas. Also habe ich mir gedacht, tue ich mir selber einen Gefallen und pimpt mir das ein bisschen auf. Abonnieren wir einfach alle Leute, die hier gerade mich abonniert haben.
Und dann habe ich rausgefunden, ich habe meine Mom deabonniert. Die heißt einfach nur Mom. Deswegen habe ich sie gleich wieder gefunden, aber meine Schwester habe ich nicht gefunden. Und ich habe einfach nur alles angeklickt. Abo. Und ich so, alles passt, super, alle. Da sehe ich, irgendwie fehlt was. Wo ist meine Schwester? Wie hieß die nochmal? Scheiße, da habe ich 2 Tage gebraucht. Aber irgendwie so, ach, die rührt sich schon wieder. Hier ist es, passt. Wunderbar. Aber das war jetzt über eine Woche. Ja. So, ich gehe jetzt saufen. Ich mache jetzt noch die Mission fertig. Das habe ich jetzt gerade eben gesagt, weil ich rede in solchen Spielen nicht. Ich kann in diesen Spielen nicht reden. Da wäre ich zintisch, narrisch, 180. Da wenn mich nur der Stein da vorne aufhalten würde. Nur einfach mal, dass ich da hängen bleibe. Deswegen, Rennspiele geht in Ordnung, aber solche Sachen wie solche Spiele da zu kommentieren und zu plappern. Ganz ehrlich, ich hänge nicht mehr in der Mission drin. Ich bin geistig nicht dabei, was Seraph eigentlich jetzt gerade durchmachen muss mit sich selbst. Die ist von 2000 Jahren zuvor gestorben und lebt jetzt wieder und hat nur einen anderen Körper angenommen. Ja, what the motherfuck? Jetzt kenne ich seine ganze Geschichte, aber die letzten 20%, die letzten 2 Stunden und was zum Teil habe ich da eigentlich für ein Mist zusammengespielt. Ja, ist so. Da schaltet sich's Gehirn gleich nicht aus, Alter. Cheers abgebein, das war ein bisschen die Solid Goldposten, bin ich nicht geschissen und schon wieder aufgewischt und ja, Stinger das alle noch. Wolltest zaubern, Junge? Thank you for handling that, Tamid. I might have said something that would cause more Ganz schön harm kaltes Bier. than good. I'm curious about this change of heart Geht ja and noch an der request to Spiel, witness my Laugh, skills. Spielen Wormel What Minecraft if she seeks to zusammen, make Laugh. amends with Crinzy? Minecraft. I will listen. Das ist 20 Jahre her, wo ich das mal gespielt habe. Ich bin Maurer, deswegen spiele ich solche Spiele nicht. Ich baue keine Sachen auf und reiße sie nieder, deswegen hasse ich Fortnite. Minecraft ist... Nee, sorry, das ist wie Fortnite. Das ist aber das alte Fortnite, weil Minecraft, jeder ist berühmt geworden. Ich hasse diese Leute. Nix gegen dich. Fortnite ist so das Neueste. Vom Neuesten, das eigentlich schon wieder uralt ist und irgendwas anderes gibt es wahrscheinlich wieder für Kinder, die 2 Jahre sind und sagen, ey, ich bin der Beste. Und also, ey, keine Ahnung. Ich habe da so einen Verbund, wo ich sage, Alter, Milliarden von Leuten, die gibt's nicht mal, spielen das Spiel und liken das Spiel und was weiß ich und flippen aus und hauen einen Haufen Geld rein und der Vater so, wo ist mein Geldbeutel hin und so Gaudi, Alter, jetzt nur auf. Das kleine Kind, Alter, schon rund, Alter, so 200 Kilo, Alter, kommt nicht mal in den Kindergarten, weil es einfach zu fett ist für die Türen oder so, weiß nicht, so Gaudi, Alter, natürlich, ich rede noch Scheiß jetzt natürlich. Ich stelle mir das halt nur so ein bisschen übertrieben vor. Wo schmollt eigentlich der Kater hier so? Ich glaube, ich hab geschissen. Kommt gerade in die Nase rein. NEDAs ist nicht so like, Max Ahurahai, Wutterak Netschaden. Was ist los? Boah, was soll das heißen? Ich bin zu laut oder was? Jetzt habe ich einmal bei dem Spiel hier nach 53 Livestreams von dem Spiel einmal das Mikrofon an. Ja, weil ich hier reinschreie, das ist ganz normale Qualität. Haha. Ich spiele Rennspiele und livestream das und mach da mein Mikro an und da hört mich gerade noch jemand, weil die Autos so laut sind und die Mucke so laut ist und deswegen ist das Mikrofon auch so laut. Und übrigens, warum lacht der Kater immer noch so komisch? Was ist denn mit dem Kerl los? Jetzt muss ich mit meiner Schwester diskutieren. Was ist das für ein Bullshit, ey? Gute Nacht. Was ich gesagt habe, Gute Nacht zu einer Richtung von, ist ja fast schon Gute Nacht. Und ich sag zu meiner Schwester, Gute Nacht. Und draußen geht ein Knaller gerade hoch und das hat irgendwie so zusammengepasst irgendwie. Das ist der Faktor, wo ich gerade wieder sagen könnte, welch Arschkrempen, ohne Scheiß, da draußen wieder mit ihren Kracher rumschießen müssen und es ist noch nicht mal der 30. Da flippe ich schon wieder aus, das sind die Polen da drin, definitiv wieder. Jedes Jahr derselbe Müll. 5 Tage bevor es Silvester ist, knallen die ihre Böller schon rum. Den fallen die Hand ja nicht ab, wa? Was ist los? Gib mal Discord. Ich hab kein Discord. Discord triggert mich. Ich hasse Discord. Discord ist so kompliziert, das ist mir einfach zu dämlich. Das triggert mich. Hör auf mit diesem Wort Discord schon alleine. Das triggert mich so hart, dass ich schon wieder abschalten möchte. Das ist was für Leute, die einen IT-Bereich haben oder sich einfach da drin wohlfühlen und das einfach von Anfang an schon kennengelernt haben. Ich kenne dieses Discord und ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich da nicht aus. Ein Durcheinander geschrieben, schlimmer als Twitter, schlimmer als irgendeine Scheißhaufen dahingeschissen, Alter, wo du selber eigentlich sagen kannst, da finde ich noch die Nadel drin. Bei Discord finde ich nichts. Gerade, dass ich einen Account habe und, was ist jetzt? Was ist das? Ein Account. Jetzt kann ich da anderen Leuten einladen, kann eingeladen werden. Warum? Ich will nichts. Was will ich bei Discord? Als ich damals am PC gespielt habe mit einem Arbeitskollegen, weil der gesagt hat, er hat auch dieses Killing Floor 2
Dann habe ich mir Discord gegeben, da habe ich ihm sein Reset... Kann ich weiterreden? So schwör ist dies jetzt nicht so garig habes geschafft. Unterhalten durch Oh, ich weiß, was das heißt und das ist eine ziemlich große Beleidigung an mich. Aber okay. Nein, nein, ich will nur chillen. Okay? Ich will nur chillen. Ich will mir sowas nicht antun. Kein Minecraft, kein nichts. Sowas gebe ich mir nicht. Rennspiele, solche Spiele, gerade noch, dass ich noch spiele, weil ich mir schon denke, ich bin zu alt dafür. Hört sich auf. Ich will nur chillen, saufen, das mache ich jetzt auch gleich. Ich gehe jetzt auch gleich ins Rennspiel rein, will meine Ruhe haben. Deswegen habe ich keine Freunde, keine Familie, die ich eigentlich eine Familie nennen sollte und etc. Ich will auch nichts damit zu tun haben, dass ich irgendwo fortgehe oder sonst irgendwas. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Wenn du willst, dann wenn du lass dich mal in Ruhe. Genau, dankeschön für dir, auf Wiedersehen. Man fordert mich nicht auf, irgendwas zu tun. Ich will jetzt einfach nicht, sonst hätte ich es ja schon längst getan, oder? Ah, großer Wurm hier. Does it matter? My order deals in forgiveness. Viti's fear, weiß, wie es ist, wenn man 36 Spiele nebenbei gleichzeitig spielt. Total Bullshit. Waste of time. Eins nach dem anderen. Keeps turning unless we stop it here. Another sign from Azura, yes? Our path leads to Orcrest. Warum steht hier Orcrest? In my age, the city's bazaar was a jewel in the scar of Aniquina. Streets packed with caravans that spilled into the desert. In this time, I anticipate the worst. Viti insisted she witness my powers there. Whatever the reason, we must be vigilant. Now, if all the talking is done, let us get to Orcrest. You surpassed the need for this one's tutelage long ago, Crinzy. Viti would be honored for you to teach her Talbira's song. Then we will face these troubles together as equals, but your guidance will always be appreciated. Warum schaut ihr mich jetzt an? Frage, wo kommt jetzt dieses dämliche Verlies her? Das ist aber nie auf der Karte verzeichnet. Nicht wirklich, oder doch, oder? Gefällt mir nicht. Ach, die schauen mich nicht an, oder? Doch, die schauen mich an. Was ist los mit euch? Ich kann doch irgendwas draus bauen. Warte mal, geht's auf? Verdammt! Wow. Wow, wo bist du denn jetzt? Jesus. Katzen. Ja, hart. Nee, ich gehe zum Saufen. So, also nächstes Mal machen wir die Mission mit Savage World fertig. Das ist irgendwie Fahrradbang. Was für ein Fahrradunfall. Aber wir haben auf jeden Fall definitiv heute den kalten Harbor geschafft. Kaltkluft, wie heißt das jetzt wieder auf Deutsch? Whatever, the motherfuck. Crack. Es ist so halb wirklich, wenn das Mikrofon an ist, ich kann nicht zocken. Ich werde es nächstes Mal wieder versuchen. Ich werde versuchen, nicht auszurasten. Ich raste ja nicht aus. Das ist dieses Spiel. Aber fange jetzt mit mir selber zu diskutieren an, oder was? Ich hol gleich den Anker raus. Aber ne, das ist so, ne? Verfügbar. Wieder was geschafft, was nicht unbedingt, aber immer wieder eine Trophäe. Letztens die Trophäe fertig gemacht. Das war Höhlenforscherin mit Larry Dominion. Jetzt haben wir eben das hier mit dieser, was steht das da? Ja, Kalthafen. Cold Harbor. Haven. Harbor. What the hell now? The heck shit. Got another trophy as well in here, so whatever. Yay! Gut, passt. Ich muss sagen, mit dem Mikrofon zu zocken ist absoluter Müll bei solchen Spielen. Rennspiele, alles gut, macht Spaß. Haut rein. Muss man auch nicht viel reden, ehrlich gesagt. Oh mein Gott, das hat mich in der WRC, in der World Rally Championship, dermaßen immer so kaputt gemacht. Konzentrierst dich auf die Zeit, hörst Musik von dem Spiel, hörst, wann du schalten musst, welches Getriebe und etc. und wann und das war in einer Minute musst du ungefähr 20 Kilometer geschafft haben und das ist so, Rally ist so ein eigenes Ding, aber da auch noch mitzukommentieren, zu fahren, zu hören, den Co-Piloten übrigens dann auf anderen Sprachen, das war für mich eine Herausforderung, eine Challenge. Ich hab's geschafft, das war aber auch schön, es war irgendwas anderes, aber so ein Spiel wie hier, die reden lassen, dann die Kommentare, also die Leute, die wo zuschauen, praktisch auch noch mit reden lassen, das ist so, ich kann das nicht, ich bin dafür nicht geboren, ja. Das ist so Baustelle, laute Sachen ohne Kopfhörerschutz und den Scheiß, lieber sowas, anstatt, keine Ahnung, zu viel Input in den Brain.
Das macht mürbe, macht kaputt. Sind wir jetzt zu viert oder was ist hier los? Achso, das ist ja meine eigene Person, war so ein Scherz. Ja, nicht mehr lustig. Boah, wir haben richtig Tagekapazität schon weggeworfen. Ja, wie ist das denn in unseren Taschen gekommen? Na. Ja. So, ich verabschiede mich, ich gehe jetzt zum Saufen über, ich gehe zu Asphalt Legends Unite. In just kind of 5 minutes actually, I'll be there in the live stream again. Thank you very much for watching and have a nice time. If you don't want to go online actually no more and just watching, you know, what happened. I think actually tomorrow, kind of. Ich denke mal so, was reden. 18 Stunden, 12 Stunden. In 18 Stunden komme ich hier wieder her und spiele weiter. Machen wir es so. Morgen ist, was ist denn morgen? Montag. Schnitzel auf in der Früh, ein bisschen arbeiten. Ja, okay. 18 Stunden, sagen wir 18 Stunden. Ich gehe zum Saufen über. Macht's gut, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gott, ich hasse es, aber auf Deutsch zu sagen. Ich werde es da nochmal sagen, verpisst euch, aber so einer bin ich nicht. Machen wir es einfach so, ein Spaß hat schon gescheit gemacht, aber irgendwie geht das ausrasten, das hat mir überhaupt nicht gefallen, da muss ich einmal dran arbeiten, das geht nicht anders da. Und jetzt am Montag Dienstag hätte mir auch nicht mehr was gesagt, geh mal richtig den Scheißdreher und den Barfinger aufwaschen. Das hört sich komisch in dem... Machen wir auf, da kalt soll es werden. Puh. Dann bis zum nächsten Mal. So, ich werde jetzt... I'm joining right now the English group right now, so I'm talking right now open like this. Should be happen. I'm just changing my clothes. Just going actually into a race game. There's everything prepared already actually in Asphalt Legends Unite on the Death Nation for real account. Be right back. Thank you very much for watching actually the Elder Scrolls Online. Tutorial Unlimited or something was cracked happen. Until next time. Oder in 5 Minuten. Geht's weiter. Aber nicht hier. Der eigentlich schon hier, aber mit einem anderen Account. Aber dann schon bei YouTube oder so. Gott, das ist bescheuert. Bis gleich. Oh Gott. Selbst mein Spieler, der dreht sich schon um und will nichts mehr von mir wissen. Jetzt geht's schon los. Führt euch.